Thomas Tuchel im Interview. Wie ist Ihre Gefühlslage und Ihre Gedanken? Ja, ich finde heute die Niederlage nicht gerecht. Ich finde, heute ist extrem viel gegen uns gelaufen. Wir haben, glaube ich, einen XG-Wert von 3,4 und wir haben 4, 5, 6 hochkarätigste Chancen. Wir haben komplett das Spiel dominiert, sind eigentlich aus dem Nichts in Rückstand geraten, haben nie aufgehört, Aufwand zu betreiben bis zum Schluss, haben lange in Unterzahl dann noch gespielt. Also heute ist, würde ich sagen, extrem viel gegen uns gelaufen. Ich empfinde die Niederlage heute anders als die letzten beiden. Es war nicht verdient. Der Druck erhöht sich natürlich. Wie sieht das jetzt bei Ihnen aus? Nee, nichts passiert bei jeder Niederlage. Und das Wie ist entscheidend. Das Wie war heute, nochmals, Wie war heute okay. Wir waren extrem unglücklich heute. Deshalb unterscheiden sich die 90 Minuten heute schon, finde ich, von der zweiten Hälfte bei Lazio und auch von weiten Strecken gegenüber Leverkusen. Aber klar, heute war ein bisschen Murphy's Law, was gegen uns passieren kann, ist wirklich, was schiefgehen kann, ist schiefgegangen. Ist das vielleicht auch zu einfach, hier mal ein Tor zu schießen? Ich glaube, in einem Auswärtsspiel in Bochum, wenn man auch einfach mal Respekt zollt dem Gegner und weiß, wo wir spielen, die Bedingungen dafür kennt und dass wir selber aus zwei verlorenen Spielen kommen, denke ich, dass wir uns mehr als genug hochkarätigste Chancen rausgespielt haben, auch die richtigen Leute bei den Chancen. Normalerweise ja, ist die Chance von Harry vielleicht sogar so früh die Vorentscheidung im Spiel zum 2-0, wo er sofort mit einem Kontakt abschließt, statt noch weiter zu gehen. Dann haben wir hier einen Leroy mit dem linken Fuß. Das ist eine Wahnsinnsparade. Klar, also das war dann nochmal eine Riesenkopfballchance zum 3-3 am Ende, aber sollte heute nicht sein. Ich glaube, dass wir ja, nach der Unterbrechung ein bisschen, ich weiß nicht, ob Spannung verloren oder die Bochumer haben die Unterbrechung genutzt, um sich mal zu schütteln. Ich denke, das kann auch mal passieren. Aber insgesamt haben wir, finde ich, durchgehend heute über, ich weiß nicht, wie viele 100 Minuten haben wir heute gespielt, sind wir anders aufgetreten als noch in Leverkusen und anders als in Lazio, wo ich schon das Gefühl hatte, dass uns gegen ganze zweite Halbzeit so der nächste Gang fehlt. Das habe ich heute nicht wahrgenommen, selbst dann in Unterzahl. Und als dann nochmal, also das dritte Tor dann nochmal hergeschenkt haben mit dem Elfmeter, man nie aufgehört daran zu glauben, nie aufgehört, das zu versuchen, hatten dann selbst dann nochmal Riesenchancen, aber es sollte heute nicht sein. Haben Sie schon mit Upamecano gesprochen? Ja, das ist natürlich extrem bitter. Upa hat sich ja zweimal gespielt schon nach seiner Verletzung. Heute waren eigentlich 30 Minuten maximal für ihn angesetzt. Ja, klar, dann ist irgendwie Sascha jetzt verletzt, dann muss Nuss sofort wieder raus und allerletzte Option als Rechtsverteidiger dann Upa. Hat sich dann ein bisschen das Leben schwer gemacht mit einer gelben Karte, war dann aber gut im Spiel, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit und ein sehr gutes Spiel auf der Position gemacht. Aber dann natürlich, ist das die Szene? Kann ich sie nochmal sehen? Ja, natürlich auch kein Schlag, also es ist schon eine Sprungbewegung, kein Schlag, macht sich breit, aber also schnell auf Elfmeter entschieden. Was war bei unserem Elfmeter? War einer, war keiner. Sah ein bisschen schlimmer aus eigentlich in live, als es jetzt im Video aussieht bei Upa. Es sieht fast schon wie eine normale Bewegung aus, aber okay, der Ellenbogen ist hoch. Vielleicht. Ja, okay. Sie sind aber nicht wegen dem Auftreten Ihrer Mannschaft enttäuscht, oder? Nee, weil ich glaube, dass wenn wir das gleiche Spiel so nochmal spielen, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir es gewinnen. Das kann natürlich im Fußball und in Phasen und im Fußball allgemein passieren, dass wir es verlieren. Wir sind es auch nicht gewohnt und wir wollen es auch nicht akzeptieren, dass uns das passieren kann und auch nicht in der Liga hintereinander passieren kann. Aber heute, finde ich, unterscheidet sich trotzdem. Ja. Wie realistisch ist die deutsche Meisterschaft jetzt für Sie noch? Ja, jetzt gerade nicht so realistisch, ne? Aber wir letzte Saison bis zum Schluss dran geglaubt und sind belohnt worden. Deshalb ja, werden wir das auch weiter aufrechterhalten. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir in die Spur finden. Ist der Glaube weiterhin da, dass Sie das aus dieser Lage schaffen? Wenn Sie mich fragen, ja. Sie fragen ja mich, also ja. Was sagt ihr zu den Aussagen und der Leistung des FCB? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt's in die Kommentare, Leute. Schreibt's rein. Fleißig. Ich sehe, der Chat glüht schon, obwohl ich noch gar nicht live war. Was ist los mit euch? Ist ja wohl frech. Also, bevor wir reingehen, erstmal danke an Richard für 1,49 €. Vielen lieben Dank. Zur Info, ich habe die Mara im Hintergrund mit im Voice drin hier. Wer hat
die beste Angriff. Ja, mach mal nicht so laut, du. FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Ganz genau so sieht's aus. Ja, die Mara ist mit dabei. Falls ich mal irgendwas Wichtiges überlese, wird die mir das reinwerfen, weil, ja. Letzte Woche hat er gebrannt hier, da ging ja schon einiges durch und von daher ist das so der Plan. Wenn die Mara möchte, kann sie auch mal kurz Hallo sagen. Hallöchen, Servus. Oder Servus, genau. Gut, da wisst ihr schon mal Bescheid. Ich sag einfach mal, lieben Gruß in die Runde. Ja? Ich werde nicht wieder den Fehler machen, jetzt hier jeden Einzelnen zu begrüßen, weil dann bin ich morgen noch zugange. Aber ich begrüße natürlich die ich hier rausfiltern kann. Ich begrüße auch alle anderen, aber die Kanalmitglieder, die sehe ich halt einfach an so einem extra Icon. Von daher GB, Anbu, Simon, Balkon, Ninefinger, Servus, Ben, Servus, genau, Colt of Westwind, Servus. Und natürlich auch Servus an allen anderen, ja, aber wenn ich damit anfange, ist schon eine halbe Stunde durch, Leute. Haben wir letzten Stream gesehen, das war ja wild. Ja. Das Tuchel-Interview war wieder legendär, denke ich, oder? Aber auf jeden Fall hier großes Radio, danke, ne? Servus. Antagon. Das sehe ich halt auch, wenn jemand zum ersten Mal schreibt, wird das hervorgehoben, Leute. Also seid nicht böse, wa? Und Honey, servus. Ja, Tuchel-Interview haben wir gehört. Wir haben XG-Wert. Der war überragend. Ja? Wir sind ja jetzt nur noch XG. Erinnert mich ein bisschen an Big E aus der WWE. WWE ist ja auch nur Show, also wissen wir, in welche Richtung das gerade geht bei uns. Wild, ne? Wünsche uns eine wilde Live-Show. Guru, vielen lieben Dank für die 2 Euro. Wir gucken mal, ob es wild wird. Wild wird's, wenn ich von schwarz, von der Trauer auf weiß wechsle, auf die Hoffnung, weißt du? Aber Hoffnung ist eigentlich grün, oder? Aber ein grünes Bayern-Trikot müsste ich erstmal suchen, ne? Ja, XG-Wert. Und natürlich hätte Harry Kane im Paralleluniversum das Tor gemacht zum 2:0, hätten wir das Spiel locker 5:0 gewonnen. Von daher war das Spiel gut, auch wenn man 3:2 verloren hat. Ist doch nicht so schlimm, ne? Auch wenn es die 3. Niederlage in Folge war, wen juckt's denn, Leute? Seht das doch mal ein bisschen locker, ja? Es war doch eine Verbesserung zu sehen. Und daran müssen wir uns jetzt mal festklammern. Und ich denke, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir, ich weiß nicht, wie lange Schuppo auf dem Feld war, 70 Minuten oder was, mit 10 Mann gespielt haben. Also war es jetzt ja dann auch nicht so schlecht, oder? So, rein geht's hier in den Bums. Mein Statement, jetzt könnt ihr loslegen, Leute. Hoffst du, dass Bayern gegen Leipzig wieder verliert, damit Tuchel entlassen wird? Nee. Weil Tuchel auch bei der Niederlage gegen Leipzig nicht entlassen wird. Weil wenn es danach geht, dann hätte er jetzt spätestens nach Bochum hätte er gehen müssen. Ne? Also was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Das ist ein guter Kerl. Danke für deine super Art und deine Videos. Mach weiter so und bleib so, wie du bist, XGGG. Erstmal was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Danke für die 99 Cent und Richard, danke für die 5 Euro. Vielen lieben Dank, Leute. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wünsche uns eine wilde Live-Show. Wild. Kommt ein bisschen zeitverzögert, wa? Ja, nochmal, ich hoffe natürlich nicht auf eine Niederlage von einem Verein, Alter. Was ist denn Ein dicker Kuss das war ja ganz von wild. der Trainer von der Meister. Nein, natürlich hoffen wir nicht auf eine Niederlage. Und nochmal, ich glaube nicht, dass Tuchel entlassen wird. Der Zug ist abgefahren, also. Unsere Vereinsführung ist da zementiert. Wie ich schon gesagt habe, es wird erst was passieren, wenn Eberl wirklich verpflichtet wird. Weil es hat keiner die Eier, sich die Blöße zu geben. Eier, wir brauchen Eier. Na, das wird halt nicht passieren. Ist zumindest meine Meinung. Ob es anders kommen wird, wird man sehen. Aber ich glaube es nicht. Kann Bayern erstmal vielen Dank für dein Sub. Ich weiß gar nicht, warum hier ein Hype-Train reinkommt, Alter. Wegen ein Sub und Follows oder was? Das ist ja wild. Nee, wie gesagt, ich glaube das nicht. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass wir gewinnen werden. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt, ja. Leipzig scheint sich ja wieder ein bisschen gefangen zu haben. Und wenn man sieht, wie wir spielen, Alter, ich lese erstmal den Chat.
Wenn nichts mehr im Chat steht, habe ich genug zu erzählen, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ja, das kommt dann noch dazu, dass mein Tuchel das ansieht, auch dass er nicht wirklich Bock hat, oder? Zumindest hat er keinen Bock auf Pressekonferenzen und auf Coaching. Während des Spiels hat er auch keinen Bock. Also wild, ne? Backwaren, Grüezi aus der Schweiz. Nee, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaub, Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Naja, das ist das Einzige, woran wir uns noch hochziehen können, oder? Dass wir noch den besten Angriff haben, oder was? In der Bundesliga. Aber ob das so das ist, woran man sich hochzieht, weiß ich auch nicht. Christian, vielen lieben Dank, ne? Ich mag das immer, wenn Nicht-Bayern-Fans lobende Worte haben. Weil ich weiß, dass eigentlich Nicht-Bayern-Fans eigentlich auch nicht wirklich Sympathien für den FC Bayern haben. Von daher, vielen lieben Dank. Ich habe auch noch keinen Trainer gesehen, der sich an XG-Werten hochzieht und daran das Spiel bemisst. Aber da siehst du halt auch, was Tuchel für eine Art Trainer ist, ja, vom Kopf her einfach. Er ist halt einfach so taktikbesessen und ja, du siehst ja, dass er Spiele daran analysiert, welchen XG-Wert man selber hat und wie der Gegner hat. Also gegen Leverkusen hat er sich erfreut, dass Leverkusen nur einen XG-Wert von 1,3 oder was hatte. Oder 1,5. Daran hat er sich erfreut. Ja? Dass wir so stark waren, dass Leverkusen nur 1,5 XG-Wert hatte. Da fällt dir doch ein Ei aus der Hose. Ja? Und dann redet er das Spiel gegen Bochum so schön, weil wir so einen hohen XG-Wert haben. Deutscher Meister wird lächerlich. Der FCB Kappa. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Dieses Jahr ist der Zug abgefahren. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Also laut Bayern-Vorstand bleibt Tuchel bis Saisonende. Ja, also jetzt mal ernsthaft. Titel sind alle weg. Pokal ist weg, Meisterschaft ist weg. Ich denke, da sind wir uns einig. Dass wir die Qualität haben, in der Champions League irgendwie weit zu kommen. Ja, jetzt brauchst du den Trainer nicht mehr wechseln. Ja? Für was? Für welchen Titel? Der Zug ist abgefahren. Also, meiner Meinung nach, ja, fährst die Chose jetzt zu Ende und gut ist. Keine Ahnung. Also, du holst ja keine 8 Punkte mehr auf in der Meisterschaft. Ja, bei 5 Punkten hätten wir noch reden können, wenn wir einen Lauf kriegen durch einen neuen Trainer, der einfach was verändert, ja. Wenn es so ein Interimstrainer gewesen wäre, der einfach eine andere Stimmung in diese Mannschaft bringt, man sieht doch, dass keine Stimmung in der Mannschaft ist, dass alles scheiße ist, alles, wie es nun mal so ist. Ja, irgendwann kommt man um einen Trainerwechsel nicht mehr drum herum. Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert halt im Platz. So. Ja. Aber auch nur meine Meinung. Eber wird uns gut tun, das werden wir sehen. Ob er dann auch Entscheidungen trifft und ob er die treffen darf. So, ja. Und nicht, dass er auch erst 3 Leute und den Aufsichtsrat anbetteln muss, um irgendwelche Entscheidungen treffen zu dürfen. So. Aber was ich von Eberl erwarte, wenn er denn kommen sollte, ja, wie nach den Spielen jetzt, was hast du denn gehört? Was hast du denn gehört aus der Führungsetage unseres Vereins? Ja, lass mal Tuchel außen vor, über Tuchel haben wir genug geredet, ja, das brauchen wir nicht wieder durchanalysieren. Tuchel erreicht meiner Meinung nach die Mannschaft nicht, die Aufstellung, die Taktik, das ist alles grauenvoll, ja, da brauchen wir ja gar nicht, ich weiß nicht, wer da eine andere Meinung hat, können Sie gerne reinschreiben, ich lese das gleich. Aber aktuell ist doch unsere Vereinsführung, die eine Farce ist. Ja, es ist ja völlig okay, wenn du sagst, ich stelle mich jetzt hinterm Trainer, ja, da musst du das jetzt auch durchziehen, aber da musst du halt einen Trainer haben, der zum Konzept passt. Das ist halt gerade so die Diskrepanz, die ich sehe. Ja, der Verein möchte in Richtung Talente-Entwicklung und guckt euch an, wen der Tuchel aufstellt. Ein Choupo-Moting, der scheintot ist. Anstatt ein Tell. Ja, also da sieht man doch schon, dass Tuchel gar nicht diesen Weg gehen möchte, den der FC Bayern gehen möchte. Deswegen verstehe ich dieses sich hinterm Trainer stellen gerade nicht. Das ist für mich nicht begreiflich, leider. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 so du Fabi _miss_fearless. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister.
Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so tu. Thomas, die Lokomotive dreht wieder die durch. beste Leute. Angriff von der Trainer von FC Bayern. Ich muss mal den Sound ja leiser machen. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier. Ei, 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 ei. Sehr gut. Haben wir es jetzt? Ich mache mal die Alerts aus, Alter. Fertig. Thomas, vielen lieben Dank, dass du wieder hier eskalierst und 5 Subs verschenkt hast. Vielen lieben Dank dafür. Da ja alle hier den besten Angriff gerade feiern, ist das mir gerade too much. Ich mache das mal kurzfristig aus hier. Ja, so, wo war ich? Vereinsführung und wie gesagt, ich finde es völlig okay, wenn man hinterm Trainer steht. Ja, dann kann man das kommunizieren, das tun wir ja gerade einigermaßen. Aber da müsste halt auch das Konzept passen, so zum Trainer. Weißt du, dann würde ich das alles verstehen. So ist mir das gerade alles ein Rätsel. Ja, ein absolutes Rätsel. Also ganz wild. Außer, dass Thomas Tuchel seine Mission erfüllt. So, das ist das Thema. So, es tickert. Jürgen Klinsmann ist frei. Nicht schlimmer werden. Nee, schlimmer kann es nicht werden eigentlich. Aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du jetzt irgendwie, ich verstehe das schon irgendwo, es bringt dir jetzt auch nichts zu sagen, so, du machst jetzt einen Schnellschuss, wenn, dann höchstens Interimstrainer, ja. Aber das hätte man dann schon auch eher machen müssen. Also jetzt, keine Ahnung, wofür willst du jetzt den Trainer noch tauschen? Ich meine, der Tuchel, der wird noch von den letzten 12 Spielen, die wir haben, der wird noch so Champions League ausscheiden, der wird uns vielleicht noch die Champions League Quali ein bisschen spannender machen in der Bundesliga. Ich meine, wenn wir jetzt gegen Leipzig noch verlieren sollten, dann wird's langsam, dann muss man sich langsam auch Gedanken machen Richtung Champions League Quali, wenn die Dortmunder auch noch gewinnen sollten und die Stuttgarter. Dann wird's wild werden, ne? Darf man auch nicht vergessen, also. Schwierig gerade. Mit Mourinho, ja, Jose. Tuchel ist extrem peinlich geworden, hat in meinen Augen seine Loyalität verloren. Die Loyalität, die kam ja noch nie so. Also bei Tuchel hat man ja nicht so das Gefühl, dass er brennt für den FC Bayern. So, das habe ich nicht gehabt, so was er bei Dortmund zum Beispiel hatte damals. Weiß ich nicht, schwierig gerade. Hans Reinhardt, servus, danke, vielen lieben Dank. Wenn Eberl da ist, Tuchel gleich raus. Ja, das habe ich ungefähr vor 6 Monaten vorhergesagt. Ich bin nämlich das Bayern-Orakel. Ich habe gesagt, sobald der Eberl kommt, wird der Tuchel entlassen. Mal gucken, ob es so kommen wird. Der Guru fragt, war das damals der Bruch Nagelsmann-Entlassung von Mannschaft zur Vereinsführung? Weiß ich nicht, ob das damals der Bruch war von Mannschaft zur Vereinsführung. Ich glaube, da ist schon, wie gesagt, ich glaube, dass wir in unserer Mannschaft halt allein schon 2 Lager bei den deutschen Nationalspielern, habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben so die Fraktion Müller-Neuer und wir haben so die Fraktion Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry. Musiala war immer so mehr bei der Fraktion Müller so dabei. Und ja, ich denke, die Fraktion Kimmich, Goretzka war mega angepisst mit dieser Nagelsmann-Geschichte. Und ich glaube, dass diese Nagelsmann-Geschichte nur passiert ist, weil ein Müller und ein Neuer hardcore rebelliert haben bei Brazzo und Olli. Ja, sonst, anders kannst du dir die Entlassung nicht erklären und anders kannst du dir auch nicht diese Pressekonferenz erklären, die da beim Nagelsmann gelaufen ist. Ja, das war ja so, als wäre der beerdigt worden und der Olli und der Brazzo, weiß ich nicht, die sind ja auf die Knie gerutscht, ja. Ich denke, da hat es auf jeden Fall einen harten Bruch gegeben. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Vereinsführung ist ja seitdem nicht mehr existent. Ja, die ist ja ausgetauscht. Also daran kann es ja gerade nicht liegen. Mit dem Freund, der ist ja völlig unbelastet und der Chrissy auch. Ja, der Uli im Hintergrund, da könntest du einen extra Stream zu machen, wo du einen halben Tag drüber reden kannst, welchen Einfluss er hat oder welchen Einfluss er nicht hat. Schwierig zu sagen. Aber ja, da ist einiges im Argen und nicht erst seitdem Tuchel da ist. Dass Tuchel auch keinen leichten Job hat, darum geht's ja auch gar nicht. Ja? Habe ich ja in meinem Video auch gesagt zu der Analyse. Und dass nicht alles Tuchels Schuld nur ist, dass es gerade so läuft, wie es läuft, ist auch klar. Aber nochmal, am Ende des Tages ist er der Verantwortliche im sportlichen Bereich und stellt die Spieler auf. Ja, er hätte einfach auch einen Kimmich schon längst mal auf die rechte Verteidigerposi ballern können.
Hätte schon längst einen Tell fördern können, hätte auch einen Kretzi fördern können, den er weggeschickt hat. Er hat einen Stunny weggeschickt und so weiter und so fort. Wir können die Liste durchgehen, ja. Und das ist dann zusätzlich dazu, dass man keinerlei Spielphilosophie, Spielidee seit 11 Monaten sieht, passt es dann auch einfach nicht mit diesem Trainer bei uns, ja. So, fertig. Natürlich gibt's da noch die Leistung auf dem Platz, aber Tuchel nimmt die Leistung ja immer hin, ne? Er nimmt die Leistung immer hin, er stellt die Spieler immer wieder auf. Anstatt der zweiten Reihe eine Chance zu geben und die Jungs mal 2, 3 Spiele draußen zu lassen, damit die mal ein bisschen geerdet werden. Das tut er ja nicht. So, und deswegen ist am Ende Tuchel der Fixpunkt und deswegen muss ein Tuchel gehen, meiner Meinung nach. Martin de Michelis wäre auch eine Option. Ja, du kannst auch einen Bubble holen, Alter. Hol doch den Bubble für ein halbes Jahr. Bayern-Vergangenheit. Chefe, Kopf hoch. Na? Es kommen wieder andere Zeiten. Das dauert noch, wenn es auf Fußball bezogen ist. Semino, vielen lieben Dank, das dauert noch. Und Kevin, danke für die 100 Bitties, ne, sehe ich jetzt erst. Erstmal Servus Kai, kurz gesagt, Tuchel ist ein, Beteiligung am Tor zeigt, was falsch läuft. Mich würde interessieren, was gestern beim Treffen besprochen wurde. Weiß nicht, was gab's denn für ein Treffen? Mit wem? Also Kimmich hat mich diesmal nicht informiert, Alter. Ansonsten einen guten Draht zum Josch. Deswegen kann ich den auch immer so hart kritisieren. Ach, herrlich. Herrlich, ja. Ich muss mal eben gucken, ob ich nicht irgendwas überlese hier, ne? So. Ich hau mal die Alerts an, mal gucken. Halbes Team muss weg im Sommer, ganz einfach. Ja, aber das ist ja auch das andere Problem, was ich auch in dem Video sagte. Wie willst du das Team denn loswerden, wenn die Spieler immer spielen? Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert. Passieren ihm Platz. So, wie willst du die Spieler loswerden? So ein Kimmich hat doch bei keinem anderen... Gut, Kimmich vielleicht noch, ja. Bei dem einen oder anderen Trainer hat er ja einen Stellenwert. Aber so ein Goretzka, wo will der denn hin? Wer zahlt denn für den 17, 18, 19 Mille im Jahr? Wer soll das denn tun? Sané, Gnabry dasselbe. Leute, was habt ihr denn für Vorstellungen? Wer soll denn da kommen? Wer soll so bekloppt sein? Und dann noch zusätzlich noch eine Ablöse zahlen von 20, 25, 30 Millionen. Du wirst doch keinen finden. Ja? Und die Spieler wollen doch gar nicht weg. Warum auch? Kannst du vergessen. Also das ist also wenn der Eberl das hinkriegt, dann Chapeau, Hut ab, ziehe ich alle Hüte zusammen im Freund, die ich besitze. Ja, das könnte man denen nicht hoch genug anrechnen, dass mal diese ganzen Großverdiener aus diesem Kader verschwinden und wir endlich mal, wir zahlen die drittmeisten Gehälter in Europa. Das müsst ihr euch mal reintun. Ja. Wir sagen immer, ach ja, die Scheichclubs und hast du nicht gesehen. Wir zahlen die drittmeisten Gehälter. Ja? Und sehen diese Leistung. Das müsst ihr euch mal reintun. Kannst du keiner erklären, Alter. Rückholaktion von Flick. Ja, das sehe ich ja auch wild, ne? Ja, Rex, weiß ich auch nicht. Aber im Moment, wie gesagt, im Moment wäre einfach, ich glaube einfach so ein Stimmungswechsel. Das ist wie wenn ein Club im Abstieg spielt, Alter. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, komm, ich hole jetzt einen neuen Trainer, ob der jetzt super viel verändert, ob der jetzt taktisch besser ist oder nicht, ist scheißegal. Ja, einfach mal eine andere Stimmung in diesen ganzen Bums reinkriegen. Und wenn wir uns das seit 11 Monaten angucken, man hat doch seit 11 Monaten nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, dass da eine Einheit ist. Wir haben die Story mit Mazraoui gehabt und so weiter, mit dem Boateng, Alter. Wer ist da zugegangen, wer der Boateng in unserer Mannschaft und wer der große Krieger in der Abwehr? Das musst du dir mal reintun. 20 Millionen Baustellen in diesen Kader, ja. Du hast seit 11 Monaten nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. So, und Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport. Und diese ganzen Einzelaktionen aus der Hinrunde, die haben so viel überdeckt. Ja, und jetzt sehen wir gerade, was passiert, wenn das halt nicht mehr so ist. Ja, wenn Harry Kane nicht jede Chance nutzt. Wenn Leroy Sané nicht jede Chance nutzt. Ja, dann passiert genau das, was gerade passiert. Ja, wild, oder? Wer ist schlimmer für den Verein, Tuchel oder Dresen? Wieso soll der Dresen denn schlimm für den Verein sein? Der Chrissy ist okay. Der Chrissy hat aber auch nichts sportlich irgendwas zu sagen oder irgendeine Kompetenz. Ja? Deswegen soll ja auch noch ein Sportvorstand kommen.
Also was soll der anderes sagen? Vielleicht sollte er einfach die Fresse halten, ne? Wir können gerne mal den Heiner dazu nehmen. Der Heiner hat schon beim Nagelsmann eine Figur abgegeben, Alter, die eine Katastrophe war. Der sollte einfach mal komplett seine Fresse halten. Ja, den hörst du und siehst du eh nicht. Und wenn, dann werden irgendwelche dummen Parolen ausgegeben, wie es beim Nagelsmann war. Ja, nee, der Trainer ist zack, nächster Tag Entlassung. Leute, ja, was soll das denn? Was geben wir denn gerade für ein Bild wieder ab, öffentlich? So, und du kannst den Tuchel jetzt nicht entlassen. Das ist ein Unding. Du kannst den nicht entlassen. Das geht nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Dafür haben wir zu viele Durchhalteparolen geliefert, um den jetzt zu entlassen, Alter. Und wie, nochmal, mit welcher Begründung? Das Rückspiel gegen Lazio. Ja, entweder haben wir nochmal Scheiße am Fuß, was passieren kann. Aber in der Regel solltest du da ja noch irgendwie weiterkommen. Ja, wenn man die Leistung gesehen hat von Lazio. Sei denn, die wachsen über sich hinaus im Rückspiel. Aber der Rest ist doch abgefahren. So. Meisterschaft ist eh durch. Da geht es darum, die Champions League zu halten. Da wird das Spiel natürlich jetzt wichtig. Die nächsten 2 Spiele. Freiburg wird auch nicht einfach werden. Haben uns immer schwer getan. Klar, sollte er die beiden Spiele auch noch verlieren. Ich glaube, dann hat der Verein keine Wahl mehr. Aber dann ist wirklich die Qualifikation für die Champions League in Gefahr. Ja, dann musst du handeln. Dann ist ganz vorbei. Wenn du dann nicht handelst, dann wie gesagt, unsere Vereinsführung ist gerade Ferrari, höchster Gang, 240 und geradezu auf die Mauer. Das ist unsere Vereinsführung gerade die letzten Wochen. Katastrophal. Und das alles nur, glaube ich persönlich, weil man sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, mit dieser ganzen Experten, Rumeierei. Ich weiß gar nicht, warum man es als FC Bayern nötig hat, auf irgendwas einzugehen, was ein Didi Hamann sagt oder was ein Lothar Matthäus sagt. Das wäre ja genauso, als würde der Verein jetzt hier auf das reagieren, was ich für einen Scheiß erzähle. So, das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt der Chrissy hier rein und sagt so, wen interessiert das? Ja, wen interessiert das? Ja, es interessiert das breite Publikum, aber du kannst doch nicht als Vereinsführung dann da hingehen und anfangen, dich mit den Experten anzulegen, so. Und welches Problem hast du jetzt? Ja, hättest du den Tuchel jetzt entlassen vor Bochum? Was hätte der Didi denn gesagt? Was hätte der Didi denn gesagt? Hä? Das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Nein, da gehen wir gleich rein, voll rein von Vereinsführung, rein in den Experten. So dass du hast gar nicht die Wahl, du kannst den Tuchel gar nicht entlassen. Du gibst dich ja der Lächerlichkeit preis bis zum geht nicht mehr. Du musst ja jetzt warten, bis die Champions League Quali in Gefahr ist. Dann hast du vielleicht ein Argument. Ja. Alles andere geht nicht mehr. Du machst dich nur noch lächerlich. Deswegen ist gerade das große Warten auf Max Eberl. Der große Bereiniger. Ja. Der kommt im Heiligenschein, das wird erleuchten alle hier an der Allianz Arena, wenn der Eberl auftaucht. Wild. So, jetzt habe ich genug schwabuliert. Genau. Ja. Laut Kevin hat Fabrizio Romano gestern berichtet, dass eine Krisensitzung einberufen wurde. Ja, aber anscheinend hat es ja nichts ergeben, oder? Wir haben ja trotzdem gehört, dass Tuchel gegen Leipzig auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird. Wahrscheinlich hat Tuchel einfach gesagt, nö. Mit Boateng wären wir besser gefahren. Nee, wir wären mit Boateng nicht besser gefahren. Den Boateng, der wäre zerlegt worden. Und zwar in jedem einzelnen Video von mir alleine. Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Vielleicht sollte man einfach mal Eric Dyer spielen lassen. Ne? Das kommt ungefähr auch selber raus von der Erfahrung und von der Führung. Von der Führungsqualität sogar mehr als Boateng. Boateng war auch nie der Anführer in der Abwehr. Das war auch immer nur der Mitläufer. Neben Alaba oder sonst wen. Der war nie der die Abwehr geführt hat, Leute. Das ist doch unser großes Problem, wenn De Ligt oder ein Dyer nicht auf dem Feld sind, dass keiner diese Abwehr führt. Das ist doch unser großes Problem. Und das hat ein Boateng auch nie gemacht. Ja, Boateng hat ein super Eröffnungsspiel gehabt mit seinen Diagonalbällen. Aber das kann Dyer genauso gut. Ja, das hat er bewiesen. Also, da gibt's, hör mir auf mit dem Boateng, Alter. Junge. Klar ist noch eine Option gewesen. Jeder Trainer ist eine Option. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir uns als FC Bayern-Fans immer irgendwie, ja, Zinedine Zidane, Hansi Flick, wir müssen immer irgendwie der muss einen Namen haben. Das ist wie bei den Transfers, wo viele Bayern-Fans so völlig, mit dem Eric Dyer, beste Beispiel. Ja, was holt man denn da? Ein Ersatzspieler, der kann doch gar nichts bei Tottenham, Blasels.
Jungs, ey, der ist englischer Nationalspieler, 60 Einsätze und hast du nicht gesehen. Ja, super erfahren. Man hat gesehen, welchen Mehrwert der mitbringt für unseren Verein. Ja, man muss nicht immer 100 Millionen ausgeben, nur damit man dann sagt, wow, was ein Spieler. Nee, muss man nicht. Und dasselbe muss man nicht beim Trainer. So, hättest du vor der Saison Alonso verpflichtet oder letztes Jahr Alonso verpflichtet, hättest du auch nicht hier in das Regal gegriffen. Hättest du den Hoeneß zum Trainer gemacht, bei uns, wenn man mal die Eier gehabt hätte, hättest du auch nicht in das Regal gegriffen. So, da kommt auch nicht ein Trainer mit super Weltruhm und super, was weiß ich was. Muss doch nicht immer sein. Verstehe ich nicht, diese Argumente immer. Es gibt Trainer wie Sand am Meer. So, jetzt muss ich nochmal kurz reingrätschen. Der Ben Dean schrieb eins vorweg, finde deinen Channel top. Finde es nur schade, aber mittlerweile hast du verdammt viele Abos, dass du keine Chance mehr hast, auf Kommentare und Meinungen von allen einzugehen. Werde dich weiterhin gucken, aber Meinungen werden leider nicht mehr beantwortet. Ja gut, wenn der Chat jetzt so durchrattert, kann ich das nicht beantworten, wa? Jeder Kommentar unterm sag mal, unter der Spielanalyse beantworte ich. Ja, sogar in Videoform, also. Natürlich kann ich nicht mehr jeden Kommentar zu der Pressekonferenz, Reaction, sonst was, da noch einen Kommentar schreiben. Also das ist unmöglich. Gerade aktuell nicht, ja. Vorher, wenn so 100 Kommentare sind, ist das ja kein Problem, aber jetzt die beiden Videos zu Bochum sind schon wieder 1000 Kommentare. Also ich habe halt auch nur, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich arbeite noch ganz normal 8 Stunden, war, ist halt ein Ding der Möglichkeit. Ne? Siehst du auch gerade hier im Chat, wenn ich ein bisschen was erzähle, meine Meinung sage, komme ich gar nicht mehr hinterher. Ne? Ist halt wild. Aber das ist halt so das Ding, wenn so viele Leute und so viele Meinungen da sind. Wie gesagt, jeden Kommentar, den du unter Spielbericht, unter meiner Spielanalyse schreibst, kriegst du auch eine Antwort drauf. In Videoform sogar. Also ich denke, das ist doch ein guter Kompromiss. Und ansonsten hier musst du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dich hervorheben oder musst auf die Mara hoffen. Siehst ja, die Mara hat da auch drauf reagiert. Deswegen ist sie auch hier. Der Kaderumbruch wird so teuer werden? Ja, das weiß ich nicht. Weiß ich, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten. Müssen wir unbedingt Spieler verpflichten, die 80 Millionen kosten? Muss das sein? Gibt es nicht auch irgendwo Spieler, die 20, 25, 30 kosten, die vielleicht die Qualität mitbringen? Na klar, müssen die dann vielleicht noch den nächsten Schritt machen. Ja, hätte man ja alles mal machen können. Und man hätte ja, solange die anderen Spieler noch da sind, die mal rausnehmen können. Hat man ja mit dem Gravenberch nicht getan, hat man mit dem Sabitzer nicht getan. Man ist selber schuld, ja. Man ist selber schuld. Und da gehört der Tuchel auch dazu, der in Gravenberch gesagt hat, ich brauche einen Gravenberch nicht. Soll sich verpissen. So. Ja, Stanisic dasselbe. Ja, also, was will man dann verlangen? Und dann kommt man kommt um Tuchel halt nun mal nicht drum herum. Ja, das sind nun mal seine Entscheidungen, also. Das ist einfach so. Aber komm, auch Dyer ist doch kein Spitzenspieler, er wurde aussortiert bei einem Verein mit Tottenham. Ja, genau das ist das Argument. Wow. Und deswegen tut er uns nicht gut, oder was? Deswegen hat er schwach gespielt, wenn er gespielt hat? Ich glaube, Dyer hat jedes Spiel, wenn er gespielt hat, die Viererkette organisiert. Und man hat gesehen, dass er mit einer der wenigen war, der sich gegen die Niederlagen gestemmt hat und Anweisungen gegeben hat und auch mal Kimmich zusammengefaltet hat und jeden anderen Spieler zurechtgewiesen hat. Was hat das damit zu tun, ob er jetzt von Tottenham kommt? Erstmal, weil Tottenham so schlecht ist als Fünfter in England. Ja, na klar, ganz sicher. Und weil der Trainer da von einer Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt hat und deswegen da ja überflüssig war. Ja, vielleicht sollte man sich erstmal ein bisschen mit dem Spieler auseinandersetzen. Und vielleicht dann sollte man den Spieler auch mal daran beurteilen, was gerade bei uns Phase ist. Oder ist der Sané und der Kimmich und der Goretzka, sind die für dich gerade alle Weltklasse? Ich glaube nicht, oder? Also was ist das für ein Argument? Ja, der kommt von Tottenham und war da nur Ersatzspieler. Junge, da fällt mir ein Ei aus der Hose, wenn ich so ein Argument lese. Das ist halt kein Argument. Dann hast du dich mit dem Typen einfach nicht befasst. Musst du ja auch nicht. Aber dann guck dir doch die Spiele vom FC Bayern an, welche Leistung er gebracht hat. Und wenn man dann immer noch diesen Shit erzählt, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann ist der Zug abgefahren. Aber ja, ich kenne das. Man muss immer den großen Namen haben, wie bei der Trainerdiskussion. Schwachsinn. Upamecano ist Ausschrott, den nach dem Spiel zu verteidigen, ist dann genauso Schwachsinn. Nee, finde ich nicht.
Weil wir haben das Spiel nicht wegen Upa verloren. So, jetzt kannst du sagen. So, laut Sky haben die Verantwortlichen nach der Niederlage gegen Rom dem Tuchel eine Frist von 3 Spielen eingeräumt. Bochum, Leipzig und Freiburg. Schauen wir mal. Ja, genau. Und laut Bild-Zeitung hat der Kimmich gestern schlecht geschissen. Deswegen hat er den Co-Trainer was in die Fresse gehauen. Und laut der SZ hat der Gnabry seinen Ellenbogen nochmal eingegipst. Leute, also mal ehrlich. Was ist denn los mit euch? Ey, wer irgendwas auf Zeitungen gibt, was in Zeitungen steht, ohne eine Quellenangabe, habe ich vorhin schon die Diskussion mit der Mara gehabt, seid ihr bei mir verkehrt. Ein dicker Kuss Genau. von der Trainer von der Meister. Melebitz ist dem Club 13 beigetreten. Vielen lieben Dank dafür, Melebeats. Nee, fühle ich gar nicht. Irgendwelche Sachen, die in irgendwelchen Zeitungen stehen oder auch was Sky erzählt, ohne eine Quellenangabe, ist für mich komplett unseriös. Nehme ich mir nichts von an. Ja, ich kann mich auch hier hinsetzen und kann erzählen, ja, ich habe gehört, der Leon ist ganz klar gegen den Tuchel, weil er ihn absägen wollte und er verbreitet jetzt schlechte Stimmung mit dem Josh zusammen und die waren schon beim Uli am Tegernsee, haben ein Bierchen zusammen getrunken und haben gesagt, sie werden jetzt keine Leistung mehr bringen, sie werden es torpedieren, bis der Tuchel weg ist. Ja, hau ich jetzt einfach so in die Weltgeschichte raus. Und da gibt es bestimmt 60%. Ach ja, passt ja gerade in die Szenerie rein. Na klar, stimmt das. Leute, was ist los mit euch? Könnt ihr doch nicht irgendeinen Scheiß ernst nehmen, der in irgendwelchen Zeitungen steht, wo es nur darum geht, irgendwelche Klicks zu erzeugen. Also, wenn da eine Quelle beisteht, alles gut, gehe ich voll mit, können wir da reingehen in solche Sachen. Aber immer diese Spekulation und dann immer, ja, aus einer geheimen Quelle. Wow. Ja, also, nee. Kann ich nicht mitgehen mit solchen Gerüchten, sorry. Entweder haben die Bosse welche am Haken für den Sommer. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Weiß ich nicht. Es ist gerade sehr undurchsichtig bei uns. So vereinsführungsmäßig. Ich glaube wirklich, weil wenn wir ehrlich sind, so Chrissy hat sportlich keine Ahnung. So, Uli Hoeneß ist ja angeblich nicht mehr im operativen Geschäft. So hast du Christoph Freund und Tuchel sind ja angeblich so, was ich kein Stück glaube. Wer entscheidet jetzt was? Der Freund gestaltet den Kader, ist aber nur Sportdirektor, kein Sportvorstand. Also ich habe gerade so das Gefühl, alles wartet darauf, dass der Max Eberl kommt als Sportvorstand, bevor da irgendwas entschieden wird. Vielleicht, wenn du dann so eine Aussage wieder nimmst, mit diesen 3 Spielen, ja, das wäre dann soweit, dass der Eberl da ist. So, könnt ihr euch also von dem Gerücht wieder, ja, keine Ahnung, muss jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich gebe auf sowas nichts, was in irgendwelchen Zeitungen irgendwelche Leute ohne irgendeine Quellenangabe schreiben. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Ganz Meister. genau, noch können wir die dicken Küsse verteilen. Noch sind wir Meister. Zwar nicht mehr lange, aber noch sind wir's. Justice fragt, seitdem Ribery weg ist, hast du auf den Positionen keine Konstanz, oder? Nee, hast du auch nicht. Du hattest bis Tuchel kam eine Konstanz beim Koman, der sich darauf konzentriert hat, was er kann, auf der linken Außenbahn Tore vorzubereiten für den jeweiligen Stürmer. Sané und Gnabry waren noch nie konstant. Ich glaube, da wird es auch keinen in dem Chat geben, der da widersprechen wird. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Und Koman ist selbst jetzt unter Tuchel nicht mehr konstant. Ergo hast du keine Konstanz auf den Außen. Ganz kurz hier nochmal zu Dyer, war eine Notlösung. Ja, natürlich. Na klar. Na klar wurde er jetzt nicht geholt, um zu sagen, ja, ey, das ist der Mann der Zukunft. Das ist ja aber dann noch das Traurigere, oder? Dass dieser Mann dann mehr im Mittelpunkt steht und performt wie 80% dieser Mannschaft. So, ja. Aber deswegen muss man den Spieler ja nicht schlecht reden oder schlecht machen. Nur weil er ein günstiger Transfer war und in Anführungsstrichen eine Notlösung. Ja, natürlich, man hat nicht damit gerechnet, dass der überhaupt so viele Einsätze kriegt. Ja? Aber auf der anderen Seite sieht man ja, dass er vom Charakter perfekt passt gerade, weil er genau diese Lücken schließt, die wir haben. Ja? Kein Führungsspieler, keiner, der Verantwortung übernimmt. Genau das tut er aber.
So, aber wird dann natürlich auch, sobald ein Upa und ein Minjay wieder da sind, knallhart weg, zack, wieder letzte Reihe, setzen, 6, fertig. Ja, so, und dann kommen wir wieder zum Trainer. Ist halt so ein Teufelskreis. Ja. Warum man das Duo Dyer De Ligt aufgelöst hat, nur weil Minjay einen Tag wieder da war und Upa seit 2 Tagen außer Verletzung wieder im Training war, ist für mich unbegreiflich. Ja, und wie man sieht, hat man Upa damit auch keinen Gefallen getan, ja, um vielleicht ein bisschen nochmal kurz auf den Upa einzugehen. Ja, ich gehe mit, dass Upa immer wieder diese Aussetzer hat. Haben wir letzte Saison gesehen, haben wir davor der Saison gesehen. Bis dahin war er super konstant. Am Ende muss man sich dann fragen, reicht das für den FC Bayern? Gehe ich mit euch vollkommen mit, ja, dass man sagt, wenn das jede Saison so ist, dann ist es wahrscheinlich nicht ausreichend für den FC Bayern. Ja. Traurig, aber wahr, weil Upa sonst eine Maschine ist, in meiner Meinung. Aber wenn er immer wieder diese Aussetzer hat, wo ich jetzt Bochum nicht dazu zähle, Bochum ist für mich kein Aussetzer. Ja. Er geht hoch zum Kopfball. Ich meine, vorher ist das Tor gefallen, weil keiner da war, der da mal sich getraut hat, in den Kopfball reinzugehen. Ja, der Ellbogen ist zu hoch, der Ellbogen berührt das Gesicht. Ja, ist ein Elfmeter, ist eine gelbe Karte, geht halt gelb-rot runter. Ja, das war halt einfach unlucky. Da jetzt vom Aussetzer zu reden, deswegen habe ich auch das vor dem Video gesagt, das jetzt den Upa da in die Schuhe zu schieben, fühle ich persönlich nicht. Na? Das zum Thema Upa. Aber klar, wenn er immer diese Aussetzer hat, jede Saison, immer in der gewissen Phase, ja, da muss man sagen, dass er die Klasse nicht hat. Ja, auch wenn sie sonst sportlich vorhanden ist. Dann fehlt halt wahrscheinlich psychisch irgendwas. Ob man das dann den Trainer in die Schuhe schieben will, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, dann reicht es für den FC Bayern nicht. Ja? So, das muss man so klar sagen. Aber nochmal, ihn jetzt da als Sündenbock hinzustellen, geht halt nicht. Ja? Also dafür ist die komplette Mannschaft gerade einfach zu grottig. So, Hagi Bär, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, wie siehst du die Situation mit Davis? Werden wir ihn qualitativ ersetzen können? Das kommt darauf an, von welchen Davis wir reden. Wenn wir von Davis unter Tuchel reden, dann ein ganz klares Ja. Ganz Kretzig dahinstellen, da ist er qualitativ ersetzt. Wenn wir vom Davis reden, unter Nagelsmann, er wird schwer. Ja, muss man so sagen. Und ein Davis hat natürlich auch ein Potenzial, was riesig ist. Aber wenn er natürlich, ja, wie soll ich das sagen, wenn er halt nicht, es ist ja am Ende des Tages eine Geldfrage, ja, es geht ja darum, deswegen kommt ja auch Max Eberl, deswegen wird er auch eine Mammutaufgabe haben, es geht ja darum, guck mal, ein Davis sagt, ich möchte 13 Millionen haben. Warum sagt ein Davis, er möchte 13 Millionen haben? Ganz einfach. Weil so ein Sané, so ein Kimmich, so ein Goretzka, so ein Gnabry 17, 18, 19, 20 oder sogar über 20 Millionen verdienen im Jahr. Und er natürlich auch die Leistung dieser Spieler sieht. Wer diese Leistung, wie es beim Levi war, der immer performt hat, der immer on point war, dass der dann der meistverdienende Spieler war mit Müller zusammen, ich denke, da hätte sich kein Spieler hinstellen können, hätte sagen können, ja, aber hier der Levi, ne, der verdient aber so und so viel. Ja, das wäre kein Argument gewesen, weil der einfach immer on top war. Ja, aber wenn du dann siehst, wie die ganzen Durchschnittsspieler da Geld verdienen, nehmen Coman auch noch mit rein, der völlig abgedankt hat unterm Tuchel. Ja, dann ist doch klar, dass diese Spieler sagen, ja, aber jetzt will ich aber auch hier eine Scheibe von dem Kuchen haben. Ne? Das ist halt das Problem und das Problem gilt es erstmal zu lösen. Und das kannst du nur lösen, indem du die Spieler los wirst. Aber wie willst du die Spieler loswerden? Haben wir gerade schon gehabt, das Thema. Ist halt schwierig, ne? Ich erinnere Bayern an Manchester United, seitdem Ferguson weg war. Ja, aber das war ja nochmal ein härterer Einschnitt, ne? Also Ferguson, wie lang war der da? 20 Jahre und der hat ja alles da gemacht. Also. Aber ja, so ein bisschen. Eigentlich kannst du sagen, seitdem Uli sich zurückgezogen hat, dann noch der Kalle. Ja, das war natürlich auch nochmal ein harter Schnittpunkt oder Einschnitt. Wir sehen, welche Farce unsere Führung abgibt. Ja, also, ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir das letzte Mal so eine sportliche Talfahrt so hingenommen haben. Ja, da geht es jetzt noch nicht mal nur um die Ergebnisse, die waren ja bis zu den 3 Niederlagen okay. Aber der Uli und auch der Kalle und wie sie alle heißen, die haben ja auch alle diesen Grottenfußball gesehen.
Ja, also das sehen ja nicht nur wir so oder nicht nur ein paar Bayern-Fans. Die werden ja auch gesehen haben, dass der Fußball grottig war. Dass da keine Entwicklung ist seit Monaten. Ja? Und trotzdem ist da nichts passiert. Das hätte es unter anderen Führungsstilen hätte es das nicht gegeben. Ja? Da hätte es gebrannt. Ja? Ist halt wild. So. Liebe Grüße an Mara, ja. Sehr angenehme Stimme, ne? Ja. Aber nur, wenn sie lieb ist. Vorsichtig. Der Freund kann unmöglich Hand in Hand mit dem Tuchel sein. Das glaube ich halt auch nicht. Ja? Du sagst es ja, dass die Spieler, die er geholt hat, keine Tuchel... Für mich sind das keine Tuchel-Transfers. Also ein Saragossa, ihr habt wertende Meinung gesehen, ich bleib dabei. Tuchel ist ein Trainer geworden, der gerade bei dem Spitzenverein, der wir nun mal sind, sich nicht da hinsetzen möchte und eine Mannschaft aufbauen möchte. Das ist nicht, das ist aber auch okay. Ja, das ist Tuchels Art. Das war bei Paris so, das war bei Chelsea so. Das weiß man, wenn man Tuchel ins Haus holt. Ja, deswegen sage ich ja, passt das gerade nicht zusammen. Aber das sage ich ja auch schon seit Monaten mit der Philosophie des Vereins und des Trainers. Guck mal, wir haben die Mitglieder- oder Jahreshauptversammlung gesehen. Wir haben sie doch gesehen, wie der Tuchel neben dem Freund saß und wie es da hieß, ja, von wegen Jugendspieler integrieren und so weiter. Wir haben alle Tuchels Gesicht gesehen, oder? Das hat doch Bände gesprochen. Hat er kein Interesse dran. Was okay ist, ja. Er möchte halt seine Spieler, er möchte fertige Spieler haben. Deswegen wollte er auch die ganzen alten Säcke aus England verpflichten. Wer hat die beste das ist Angriff? Tuchel halt. FC Bayern! Und deswegen machen, ja. sind wir Warte. Meister! Und mich könntest du vielleicht ein bisschen lauter machen? Könnte ich, ja. Könnte ich alles tun. Muss aber mal kurz. Zack. Junge. Wild. So, baller mir das Gehör raus. Verstärkung. So. Ja, die bräuchten wir auch. Machen wir minus 15. Mara etwas lauter. Steht auch noch 75%. So. Dann mache ich mein Systemsound mal leiser und dann sollten wir es auch fast haben. Kannst du mal was erzählen? Ich kann mal was erzählen, und zwar Reduane, schreibt viele Grüße aus Barcelona, bin per Zufall auf dich gestoßen, bin ein Barca-Fan und finde deine Reactions richtig gut. Bei uns geht's auch drunter und drüber. Ja, das kriegt man ja so ein bisschen mit, aber da kriege ich nicht wirklich viel mit. Bei euch auch wilde Sachen abgehen. Und bei euch ist ja noch ein bisschen schlimmer mit einem Trainer, der ja eine Vereinslegende ist. Ne? Ist ja noch mal härter. Ja. So, kann ich jetzt endlich mal auf den Chat eingehen, oder was? Ist ja wild heute. Die Michaelis hat damals in der IV ähnlich viel Scheiße wie Upa gebaut. Weiß ich nicht. Das verstehe ich auch. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so drin im Zidane-Thema, ne? Aber wir haben ja ganz oft hier im Chat stehen, dass der Zidane kein guter Trainer ist. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Das ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Ich meine, ich habe die Meinung vom Flick. Ja, da bin ich ja so ein bisschen. Von daher wundert mich das so ein bisschen, weil alles, was man so mitgekriegt hat, erfolgsmäßig gibt's ja auch nichts zu meckern bei Zidane, ne? Aber ich habe die Zeit natürlich auch nicht verfolgt, wo der Realtrainer war, aber schon wild, ne? FC Bayern Fan Forever schreibt, habe gerade auf FC Bayern Insight gelesen, dass Tuchel keine Jobgarantie bis zum Saisonende hat, wenn er keine Siege liefert. Geil. FCB Insight ist wie Bild auf Steroide. Noch unglaubwürdiger geht's leider nicht. Muss ich leider so sagen. FCB Insight ist immer geil, wenn man auf ein Scheißhaus sitzt und was zu lachen haben will. Dann geht man auf FCB Insight, sucht sich irgendwas raus und liest dann die Kommentare. Super. Noch besser wie meine YouTube-Kommentare.
Ganz wild. Also muss ich gucken, wo das mit dem BVB-Fan stand. Ist gerade durchgetickert, konnte ich nicht mehr so schnell reagieren. Ganz wild. Nee, FCB Inside, Leute, nehmt da nichts für wahr, wa? Also das ist ja noch schlimmer, noch mehr Spekulation wie alles andere. Ich denke mal, du meinst in Fukushima. Als BVB-Fan muss ich sagen, dass es mich wundert, dass Tuchel bei Bayern nichts auf die Kette bekommt. Unter Tuchel hat Dortmund seinen besten Ball gespielt, taktisch. Das ist richtig. Mir hat der Tuchel-Fußball auch super gefallen in Dortmund. Auch in Mainz. Deswegen war ich ja so gehypt, als der Tuchel nach München kam. Ich habe taktisch super schön guten Fußball. Ja, nicht immer super schön, aber taktisch, es kommt ja darauf an, was man mag. Ja, ich mag auch schön taktischen Fußball zum Beispiel. Kann ich mir auch mal geben. Aber davon sieht man bei uns leider gar nichts. Ja, also, und das seit 11 Monaten leider nicht. Er hat es nicht geschafft, irgendwie seinen Stempel in dieser Mannschaft zu bringen. Leider. Ja, gehe ich mit. Bayern ist kein Spitzenverein. Ja, nee, ist klar. Was sind wir denn? Wir sind ein Dorfclub, oder was? Jan, also, was ist das für eine Aussage, Junge? Eieiei. Wir können alle Patzer von Opa durchgehen. 95% ist nichts Opa schuld. Da lehnt sich aber aus dem Fenster, Chico. Oder Thomas Tuchel nicht der Licht nach Chelsea? Das weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Juan Bernat ist immer schuld, das ist richtig, ja. Zaragoza braucht Zeit. Ja, weiß ich nicht. Er hat doch ein paar gute Ansätze gehabt. Es war jetzt nicht so, dass er grottenschlecht war oder was gegen Bochum. Also ich denke schon, dass du denen in der Bundesliga ruhig Spielpraxis geben kannst, ja? Gerade gegen solche Gegner. Also was halte ich von Zidane? Ich kann den nicht beurteilen. Ich fand ihn als Spieler geil. Trotz Kopfstoß. Oder vielleicht auch gerade wegen Kopfstoß, weiß ich nicht. Nee, ich fand ihn einen überragenden Spieler. Wie gesagt, ich habe nur von außen betrachtet, wo er Trainer bei Real war. Ich kann da nichts zu sagen. Ich kenne ihn als Trainer nicht. Würde ich beurteilen, wenn er bei uns wäre. Also ich werde nicht nochmal den Fehler machen wie bei Tuchel und sagen, Alter, das ist der richtige Trainer für diesen Verein und der wird den schönen Fußball zurückbringen. Also das wird nicht mehr passieren. Ja, ich werde das wie mit den Transfers halten. Wir gucken uns das an. Wenn derjenige bei uns ist, dann gucken wir mal 4-8 Wochen und dann können wir ein bisschen was beurteilen. Anders geht das nicht mehr. Genau, Hauptsache der G-Wert passt. Mag Opa gerne, aber sind zu 40% wegen ihn an City gescheitert. Ja, muss man leider sagen. Wobei das natürlich, selbst wenn das ist ja nochmal, klar hat er das Tor verschuldet gehabt gegen City und so weiter. Aber es sind 10 andere Spieler auf dem Feld. Da muss eine Reaktion kommen. Ja? Deswegen nur einen Spieler da immer rauszunehmen und dann zu sagen, so, ja, du bist schuld, dass wir jetzt ausgeschieden sind, fühle ich halt auch nicht. Aber ja, er hat zu viele Aussetzer in wichtigen Phasen. Ja. So. Hüsschen fragt, was hast du eigentlich gegen Tuchel? Ernst gemeinte Frage, war es mit Nagelsmann besser? Ja, ich denke, das ist ja nachweisbar. Kannst du dir gerne mein Video mal angucken zu der Meinung, zu der Analyse, wie ich das sehe, was gerade die Probleme in unserem Verein sind. Da ist ja selbst laut Statistiken jetzt ist der Punkteschnitt von Tuchel ja noch schlechter geworden nach der nächsten Niederlage. Also selbst das, Nagelsmann hat doppelt so viele Spiele mit der gleichen Anzahl an Niederlagen. Das ist auch ein Pluspunkt. Also allein statistisch gesehen war Nagelsmann besser. Vom Fußball ganz zu schweigen, ja. Du hast beim Nagelsmann eine ganz klare Philosophie gesehen, du hast einen schönen Offensivfußball gesehen, der super anfällig nach hinten war, gar keine Frage, der auch leicht zu auszucoachen war, teilweise der Fußball, gar keine Frage. Argument, Nagelsmann war noch in allen 3 Wettbewerben. Tuchel hat mit super viel Glück und der Dummheit der Dortmunder letztes Jahr die Meisterschaft geholt, holt dieses Jahr keinen Titel. Auch da ist der Nagelsmann klar vorne. Ich habe nichts gegen Tuchel. Tuchel hat mich einfach enttäuscht, als er gekommen ist letzte Saison, indem er nichts verändert hat. Gar nichts. Ich habe gehofft, wenn Tuchel kommt, passiert das, was Nagelsmann nicht konnte. Aus dem Grund, dass der Verein nicht hinter ihm stand. Ja. Er konnte nicht Spieler rausnehmen, die keine Leistung bringen. Dann kommt ein Tuchel, dann denkst du dir, endlich kommt er, der knallharte Motherfucker.
der sagen wird, bam, du bringst keine Leistung, du gehst raus, du sitzt auf der Bank. Genau das passiert. Was macht der Tuchel dann? Er zieht die Saison mit ein und denselben verkackten Personal, was schon vorher unter Nagelsmann keinen Bock hatte, durch. Und die Begründung ist dann, ja, die Spieler sind super verdient in diesem Verein, deswegen spielen diese Spieler. Schickt den Gravenberg weg, schickt den Stani weg, schickt den weg, interessiert die Talente, tritt er mit Füßen. Ja, und da hat Tuchel mich verloren. Ich habe nichts gegen Tuchel. Wie gesagt, ich fand den Tuchel-Fußball in Dortmund super schön, super ansehnlich, super stark. Von daher hatte ich hier viele Hoffnungen in Tuchel gesetzt, aber man muss nach 11 Monaten leider das Fazit ziehen, dass er absolut nichts Positives bewirkt hat bei uns. Aber auch gar nichts. Nicht ein Spieler ist nur annähernd auf ein normales Leistungsniveau, geschweige denn besser geworden. Nein, alle sind schlechter geworden. Du hast kein Spielsystem. Es ist einfach nicht ersichtlich. Ja? Es scheint mit dem ganzen Stuff nicht zu stimmen, mit seinem Baby für Standardsituationen und hast du nicht gesehen. Also, nee. Und deswegen ist der Zug für mich persönlich abgefahren. Gerade auch, weil Tuchel das erzählt, dann so handelt und in einer PK sich dreimal bei einem und demselben Thema widerspricht. Ja, das ist einfach alles nicht Bayern-like. Und sich dann so auf die Trainerbank zu setzen, mit dem Kopf zu schütteln oder sich auf die Trainerbank zu setzen, bis hierhin zugemummt und keinerlei Einfluss während des Spiels zu nehmen, sich alles so hinzunehmen. Aussagen wie, ja, ich muss mir das Spiel jetzt erstmal angucken, damit ich das analysieren kann, warum wir den Harry Kane nicht ins Spiel gebracht haben, zeigt doch schon, dass er keinerlei Einfluss während des Spiels hinkriegt, weil er gar nicht sieht, was falsch läuft. Er kriegt es nicht hin, mal früh zu wechseln. Er kriegt es nicht mal hin, vernünftig zu wechseln. Er kriegt es nicht mal hin, mal Spieler aufzustellen, die in Form sind, weil ihm der Spieler A nicht passt, weil ihm der Spieler B nicht passt. Ein De Ligt wurde demontiert, ein Tell wird ignoriert, ein Pavlovic wird ignoriert, der spielt nur, wenn alles andere tot oder verletzt ist. Und das, obwohl diese Spieler, wenn sie denn spielen, besser sind als die Spieler, die vorher gespielt haben. So, das ist kein Leistungsprinzip, was bei uns herrscht. Und deswegen hat ein Tuchel mich verloren. Deswegen mag ich ihn nicht sportlich gesehen. Als Menschen, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ist mir Wurst. Ja. Mir geht es um seine sportliche Leistung, die ist katastrophal bei uns. So, das ist der Punkt. So, dann haben wir den Jarix, der schreibt, nächste Saison wird richtig schwer. Wenn uns der Umbruch gelingt, braucht die neue Mannschaft Zeit, um sich zu finden. Dazu kommt, dass Leverkusen die Top-Spieler und Trainer halten wird und so die Meisterschaft verteidigt. In der Champions League wird man mit Real und City kein Land sehen. Ja, dann ist das so. Also persönlich, ich habe da persönlich kein Problem mit. Ja. Jetzt mal ernsthaft, wir haben, keine Ahnung, 11 Meisterschaften hinter uns, wir waren international immer erfolgreich. Wir haben den Umbruch Wer hat die beste Angriff? super langsam vollzogen. FC Bayern! Halten immer noch an den Nationalspielern fest, die seit 2 Jahren nicht performen. Sind wir Meister! Jetzt kriegst du halt die Quittung dafür. Ja. Und wenn Leverkusen, wie gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Leverkusen den Trainer hält, die Spieler hält, um in der Champions League Gas zu geben. Ja, verdient. Die spielen super Fußball, die spielen super konstant, alles das, was wir nicht tun. Und da muss man damit leben. Wo ist denn das Problem? Ja. Also wir haben immer Phasen gehabt. Ist ja nicht so, dass wir seitdem es den FC Bayern gibt, durchgehend Meister geworden sind, immer international stark waren. Wir haben immer mal Phasen gehabt, ja, wo sich eine Mannschaft entwickelt hat. Denkt an die 2013er Mannschaft. Was haben wir vorher für Niederlagen einstecken müssen? Ja, das war ja auch nicht so und alles war gut. Ja, also von daher ist das doch völlig okay. Ja, das Problem wird halt sein, die Spieler loszuwerden, habe ich vorhin schon gesagt. Will ich mich jetzt wieder wiederholen. Also ja, du musst Spieler ändern. Du brauchst aber erstmal einen Trainer, der dein Konzept mitgeht vom Vereinsseite her. Das ist erstmal der wichtige Punkt. Ja. Und klar wird es dann mal so sein, ja, dann wirst du vielleicht nächstes Jahr kein Meister, dann vielleicht schaffst du es wenigstens mal ins Pokalfinale, dass da wieder ein bisschen ist. In der Champions League geht immer irgendwas. Guckt euch Mannschaften an, die da überperformen, mal eine Saison. Also, man darf das auch alles nicht so schwarz malen. Ja, und wenn Leverkusen wieder so eine konstante Leistung bringen sollte, hätte Fahrradkette, wir wissen alle nicht, was nächstes Jahr ist. Wenn dem so sein sollte, ja, dann ist das so. Mein Gott, da geht die Welt doch nicht von unter. Wenn wir dann wenigstens schön Fußball sehen, wenn man sieht, dass sich da eine Mannschaft findet, wenn man sieht, dass da einer für den anderen mitarbeitet und so weiter, das
Das tröstet doch dann über ganz viel hinweg. Also für mich persönlich, das mag jeder anders sehen. Ich persönlich habe da kein Problem mit. Was ich gerade hier gelesen hatte im Vorbeifliegen von wegen Schweinsteiger und Philipp Lahm Verein integrieren. Ja, die wollen es ja nicht. Ja. Philipp Lahm wollte es damals nicht. Uli Hoeneß wollte ihn ja haben, weil er zu wenig Macht gehabt hätte neben Uli Hoeneß. Was okay ist. Philipp Lahm war immer ein Typ der geraden Worte. Von daher, ich hätte den Philipp sehr gefühlt bei uns im Verein. Vielleicht werden wir es in Zukunft noch erleben. Ich weiß es nicht. Ich würde es sehr fühlen, ja, weil er auch keiner ist, der dummen Scheiß erzählt hat. Immer gerade raus. Schweini ist, nee, sehe ich gar nicht. Ja, dafür ist er viel zu sehr Halligalli mittlerweile. Weiß ich nicht, da müsste der erstmal seinen Öffentlichkeitsauftritt auch mal komplett überdenken. Ich glaube, das würde auch wieder mehr FC Hollywood in den Verein bringen, als wieder Ruhe reinkommen würde. Max Eberl, ja, das ist gerade die Hoffnung, die wir alle haben müssen. Ja, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Das ist unsere Hoffnung, an die wir uns gerade hochziehen müssen, leider. So, anders geht's nicht. Ja. Weil ein Freund halt einfach nicht die Kompetenzen, nenne ich es mal, bekommen hat von Vereinsseite, dass man gleich gesagt hat, jawohl, bam, komm, du bist auch Sportvorstand, gib Gas, lass dich aus. Ja. Nee, aber ein Schweini fühle ich nicht. Leider. Dafür hat er zu andere Wege in seiner nachsportlichen Karriere eingeschlagen. Was ja auch okay ist. Ne? Ist ja kein Vorwurf oder so. Und Philipp Lahm würde ich sehr fühlen bei uns, ja. Aber wird, glaube ich, auch nicht passieren. Weil ich glaube, Philipp Lahm weiß genau, was ein Uli Hoeneß noch im Hintergrund macht. Deswegen fand ich es auch, um das kurz mal abzuschließen, so ein bisschen heuchlerisch vom Uli, dass er sich da hingesetzt hat und sagt so mit dem Nagelsmann, ja, das war ein Fehler, das hätte ich nicht gemacht und so. Machen wir uns nichts vor, der Bratzo und der Olli, die werden schon vorher den Diener gemacht haben. Weil der Aufsichtsrat muss ja zustimmen, ne? Das haben sie ja mal ganz klar gesagt. Ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats wäre Nagelsmann niemals entlassen worden. Und deswegen, dass der Uli sich dann da so rausnimmt, war halt auch ein bisschen heuchlerisch. Ja? Der Uli hat das halt abgenickt. So, fertig. Weil, guckt euch den Aufsichtsrat an, da wird keiner was anderes sagen, als der Uli es sagt. Ja? So, denke, das sollte auch klar sein. Also, aber wie gesagt, das wäre ein extra Video, ein extra Stream für dieses Thema. Das ist halt wild. So, dann haben wir hier die Fabi Miss Fearless. Glaube, dass Tar nächste Saison Leverkusen verlässt, hat 18 Millionen fixe Ablösesumme. Ein Kandidat für Bayern? Ich hab's ja letztens schon gesagt in irgendeinem Stream. Ich habe den Tar schon vor 3 Jahren bei Bayern gesehen. Da hat er auch eine starke Saison gespielt. Da hat man es verpasst. Da waren ja dann auch viele englische Clubs dran und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, dass er gehen wird. Nochmal, wenn die Meisterschaft holen, was heißt wenn? Für mich ist das durch das Thema. Überlegt euch, die holen den Pokalsieg, die spielen weiter diesen Fußball, die holen vielleicht sogar den internationalen Titel. Warum sollte dann ein Spieler sagen, ich verlasse jetzt diesen Verein, wenn ein Alonso bleibt und die Spieler zusammengehalten werden? Dann glaube ich nicht, dass der wechselt. Ja? Weil dann, du hast ja das aufgebaut und dann bist du ja gerade auf so einer Welle und da kannst du auch die Champions League mitreiten. Mit dieser Welle. Ja, warum sollte man diesen sportlichen Lauf und Höhenflug, vielleicht sogar das Prägen einer Ära, wenn auch einer kleinen Ära, unterbrechen? Wenn Alonso Leverkusen verlässt, dann wird Leverkusen auseinanderbrechen. Da gehe ich mit. Ja, dann werden die den Kader nicht zusammenhalten können. Das steht und fällt mit dem Alonso. Wenn du ihn bekommen kannst, 18 Millionen, da musst du ja nicht drum herum reden. Ja, ist dasselbe wie Guirassy aus Stuttgart. Musst du verpflichten. Da gibt's keine zwei Meinungen. Ja. Selbst wenn die nicht performen sollten beim FC Bayern, kannst du sie ein Jahr später immer noch gewinnbringend veräußern wieder. Das sind ja keine Minusgeschäfte oder Risiken. Ja, meine Meinung. Dann haben wir hier Marc der Staufer. Lahm hat doch eine eigene Firma mit Partnern, die Fußballvereine durchleuchtet und sagt, wo die Probleme liegen. Der VfB hat es einst gemacht. Das weiß ich nicht, bin ich nicht drin, was Philipp Lahm für eine Firma hat. Kann ich nichts zu sagen, aber ja, Leute, wir sind aber nicht der VfB Stuttgart, wir sind der FC Bayern.
Und das wäre ja, stellt euch mal vor, was das für ein Echo hätte. Der große FC Bayern engagiert eine Firma, die sagt, welche Probleme im Verein herrschen, oder was? Kannst du ja nicht verkaufen. Geht ja nicht. Nee, Thema Alonso, nochmal, ich habe es ja auch schon in den letzten Streams gesagt, ich glaube nicht, dass ein Alonso unbedingt Leverkusen verlassen wird. Weil nochmal, überleg doch mal, er baut sich das gerade auf, er holt die Titel, warum soll er dann nicht sagen, für sich persönlich, ich bleibe noch ein Jahr und greife mit der Mannschaft in der Champions League an und guck, was auf höchster Ebene geht. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Level. Warum sollte er diese Herausforderung nicht mitnehmen? Mit der Mannschaft, die er sich aufgebaut hat, die er dann vielleicht zur nächsten Saison sogar noch punktuell verstärken kann. Also von daher, viele sagen schon immer, ja, Alonso geht nach Liverpool, bla, Sülz. Mal abwarten. Ich bin mir da nicht so sicher, dass er unbedingt weg will aus Leverkusen. Er hat alle Zeit der Welt, der ist jung. Der ist ja nicht, dass er 70 ist, sondern noch 2 Jahre lang Trainer ist. Also, ne? Warum sollte man sich so eine einmalige Chance durch die Lappen gehen lassen, er hat doch diese Mannschaft selber aufgebaut. Er hat diesen Fußball selber aufgebaut in Leverkusen. Warum soll er dann jetzt sagen, ich nehme nicht die Ernte meiner Früchte mit nächstes Jahr, indem wir in der Champions League durchstarten? Wird sehr interessant sein. So, der Guru möchte gerne deine Meinung zu Mehmet Scholl haben. Ich denke mal als Trainer. Kandidat. Mehmet Scholl. Sollte reichen, oder? Ja, wirst du halt auch nicht in den Verein kriegen, leider. Ja, mit Mehmet hat man sich damals versaut. Wer hat die beste Angriff? Wo er Trainer in der zweiten war. FC Bayern! Wo er seine Äußerungen getroffen hat, die er so trifft. Und deswegen sind wir Meister! Deswegen ist das schwierig. Und ist jetzt auch lange raus. Ich habe Mehmet damals gefühlt. Ist für mich super straighter, ehrlicher Mensch auch. War ein super Trainer, super erfolgreich auch. Auch da hat man es versäumt. Ja? Wie bei so vielen Trainern, die aus dem eigenen Stall so kamen. Nehmt nur einen Augenthaler zum Beispiel auch. Ja? Wir haben die Youth League, hier diese Dinge, Youth League, nee, nicht Youth League, wie hieß das nochmal? Mit dem Roy Mackay haben wir uns angeguckt. Also, Leute, Marc van Bommel und so weiter. Es gibt genug Trainer, die beim FC Bayern gespielt haben und erfolgreich sind. Haben wir nie die Eier zu. Genau wie viele Fans muss es sein, so, wir müssen hier oben. Wir sind der FC Bayern, wir müssen da oben aus dem Regal müssen wir einen Trainer ziehen. So, der muss leuchten. Ja, die Zeitungen müssen glühen, wenn wir einen Trainer verpflichten. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich würde Mehmet Scholl fühlen, definitiv. Wie gesagt, ich würde auch Markus Babbel fühlen. Hätte ich auch kein Problem mit. Als Interimstrainer bis Ende der Saison. Wo ist das Problem? Soll es schlechter werden? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, wir brauchen nicht mehr auf den Tuchel jetzt rumhacken oder drum reden. Da haben wir im letzten Stream genug gelabert. Meine Meinung könnt ihr euch im Video gerne angucken. Da brauche ich jetzt nicht wieder reingehen. Also alle Schwächen, die in Tuchel, die haben wir aufgezählt. Ja, das Thema ist durch, denke ich. Teller hat ein Riesenpotenzial, bekommt keine Chance. Ja, ist dasselbe wie es mit dem Grafenberg war. Ja, das ist ja, was ich sage. Die Philosophie des Vereins passt nicht zum Trainer. Und umgekehrt. So, da kann Tuchel ja wahrscheinlich noch niemals was für. Ja, der wurde ja unterm Olli und Brazzo geholt, die ihm wahrscheinlich andere Sachen versprochen haben. Wir kennen alle den Brazzo, wird wahrscheinlich wieder großspurig erzählt haben, ja, ich verpflichte dir den und den und den und den und den. Und dann kommt Tuchel dahin und dann bam, Ende der Saison sind die weg, die ihn geholt haben. Und er sieht sich jetzt einer Philosophie gegenüber, die er einfach nicht mitträgt. Was ja okay ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Aber dann hätte man halt von Vereinsseite da anders reagieren müssen und auch mit dem Trainer ein vernünftiges Gespräch suchen. Ja? Irgendwie hat man das Gefühl, dass das ist halt nicht passiert. Dann hätte man halt gesagt, oder vielleicht ist es passiert und man trennt sich am Ende der Saison. Vielleicht steht das schon fest. Ja? Das wissen wir ja nicht. Vielleicht deswegen jetzt auch so diese Aussagen, nee, wir schmeißen den jetzt nicht raus. Weil man halt gesehen hat, dass das nicht eine und dieselbe Philosophie ist. Und nochmal, die Transfers, die getätigt wurden, mal abgesehen vom Dyer vielleicht, sind nicht die, die der Tuchel gerne hätte haben wollen. Ne? Vielleicht ist das geschehen, ich weiß es nicht. Kann ja gut sein. Und vielleicht deswegen jetzt gerade auch diese Durchhalteparolen. Ne? Dass das alles schon safe ist, wie es im Sommer weitergeht. I don't know.
würde das auf jeden Fall erklären, dieses Verhalten der Vereinsführung. Anders ist gerade schwierig, das irgendwie zu erklären, dass wir das so hinnehmen. Ja, diese sportlichen Leistungen. Es ist ja okay, dass man zum Trainer steht, aber da muss ja wenigstens da sich einer ins Rampenlicht stellen. Es ist mir scheißegal, wer es ist. Und wenn es der Uli vom Tegernsee nochmal ist, ja, muss sich da ins Rampenlicht stellen und muss die Spieler mal lang machen öffentlich. Punkt. Der Zeitpunkt ist erreicht. Ja? Da musst du die lang machen. Da musst du die echt mal im Regen stehen lassen. So hart das ist, da musst du das machen und musst sagen, Tuchel ist unser Trainer, der wird die Saison zu Ende bringen. Das ist unser Trainer und da musst du gnadenlos auf die Spieler gehen. Und da muss der Trainer aber auch dementsprechend reagieren und die Spieler dann mal rauslassen. Ja? Was er ja nicht tut. Das ist ja das große Problem eigentlich. Ja, ganz wild. Ganz wild, was da abgeht. Die Probleme liegen auf der Hand, ja. Das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Gegen Mainz erstes Mal Stehplatz Süd. Endlich mal mittendrin und nicht bei den Event-Fans. Geil. Hab mich so gefreut. Denkst du, mit Alonso als Trainer würden wir das CL-Finale erreichen? Kevin, freut mich für dich. Ist geil, oder? Wenn du unten in den ersten 10 Reihen bist, da ist gute Party. Freut mich. Und natürlich danke für die 100 Bitties, ne? Keiner, das kannst du ja nicht vorhersagen. Also da muss ja, wie gesagt, da muss ja mehr passieren, als dass nur der Trainer geht. Ne? So ein Kimmich wird ja kein Chaka werden. So, jetzt mal darauf bezogen. Ja? Wenn wir mal so die wichtigste Position so im heutigen Fußball nehmen, ist nun mal das zentrale Mittelfeld. Ja? Das wird ja nicht passieren. So, und ob so Musiala, ich glaube, so Musiala könnte wieder in seine Form kommen, dann ist er natürlich eine Art Wirtz, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Ein Harry Kane ist natürlich, wenn er so eine Normalform hat, natürlich ein Überstürmer, gar keine Frage. Und natürlich würde ein Alonso einen anderen Fußballstil spielen lassen wollen, aber es geht ja auch nicht von heute auf morgen, das haben wir auch in Leverkusen gesehen. Ja? Er kam ja auch nicht dahin und bäm. Alles war gut. Ja, es hat auch ein halbes Jahr gedauert. Und er hat noch den Kader ergänzt mit den Spielern, die er gerne haben möchte. Natürlich bräuchte, egal welcher Trainer kommt, der braucht auch seine Zeit. Ja, darum geht's ja. Und es müssen endlich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, diese satten, überbezahlten Spieler muss man aus dem Verein kriegen. So hart sich das anhört, so traurig das ist, weil das super verdiente Spieler sind, gar keine Frage. Ja, ich möchte das gar nicht schlecht reden oder die Spieler irgendwie, aber man sieht doch seit 2 Jahren, dass die keinen richtigen Bock mehr auf diesen Verein haben oder halt nicht diese Motivation haben. Was verständlich ist nach der Übersaison, auch wenn es unter Corona war vom Flick, wo man alles gewonnen hat, völlig menschlich. So, man hat keine Ziele mit diesem Verein, man hat alles gewonnen. Ja, man war auf dem Olymp. Ja, es war während Corona, das kann jeder für sich beurteilen, wie sehr sportlich man das hinstellen möchte. Aber das hat einen Knacks gegeben. So, die haben alles gewonnen. Und gerade diese Generation, die nie was gewonnen hat, international. Ja? So, die haben ihr Ziel erreicht. Und so performen die halt einfach. So, aber die sind halt so hoch vom Gehalt, dass es ganz schwierig ist, wer soll diese kaufen? Kimmich, ja, der Einzige, weil er einen Stellenwert hat bei anderen Trainern. Aber die anderen 3 Spieler, die wirst du nicht loswerden. Ja? Es sei denn, du knallst die ein halbes Jahr lang auf die Bank, so dass die nicht mehr Fußball spielen. Dann gehen die vielleicht zum anderen Verein, wo sie 5, 6 Millionen weniger verdienen. Das ist aber das Einzige, was du machen kannst. Aber das passiert ja nicht. So, wie willst du die loswerden? Keine Chance. Eieiei. Marci, danke. Nicht mal Schalke will Magath. Ja, Magath ist ja auch kein Trainer mehr, der in die heutige Zeit passt, leider. Kriegst ja nicht mehr hin. Ich meine, Leute, habt ihr den Kimmich gesehen bei der Auswechslung? Jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Felix Magath, Alter. Der läuft da auf an der Sebener Straße, der lässt den alten Hügel da aufbauen und der sagt zum Kimmich, so Josch, jetzt nimmst du da 3 Medizinbälle und läufst den Hügel 300 Mal hoch und runter. Kannst du in der heutigen Zeit nicht mehr. Macht keiner mehr mit. Geht nicht. Nur Chance.
Thomas Müller Trainer, Alter. Ich weiß auch nicht, was ihr da alle gefressen habt. Bitte. Auf welcher Grundlage denn? Weil er labern kann? Nochmal, aus meiner Sicht denke ich, es gibt eine Diskrepanz zwischen dieser Müller-Gruppe und so einer anderen Gruppe in der Mannschaft. Und jetzt stell dich mal vor, du nimmst, egal, irgendeinen von diesen beiden Gruppen stellst du als Trainer hin. Kannst du vergessen, Alter. Kannst du vergessen. Außerdem haben wir doch gesehen, wie der Müller gecoacht hat auf dem Feld. Die Leistung war katastrophal, leider. Muss man leider so knallhart sagen. So gut wie es vorher war, war es gegen Bochum katastrophal, was ein Müller geliefert hat. Das war eine Frechheit. Hätte so auswechseln müssen nach 45 Minuten. Ja. Das war nicht ganz so schlecht wie Schuppo, weil er immer noch versucht hat, irgendwie seine Anweisungen auf dem Feld zu machen, aber sportlich war das eine Katastrophe, was Müller geliefert hat. Ja. Ein Schelm, wer da jetzt irgendwas hineininterpretieren möchte, ja, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Jupp Heynckes Comeback. Crackcaster fragt, ob du einen Tuchel-Soundeffekt hast. Ein? Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ich habe nur diese beiden, weil die noch lustig waren. Aus den letzten 3 Pressekonferenzen könnte ich so viele nehmen, Alter, das würde jeglichen Rahmen sprengen. Jogi Löw, im Vorstand sitzen bei uns nur noch BWLer. Nee, das stimmt ja nicht. Der Uli Hoeneß sitzt da ja noch als Oberpatron. Ja. Aber ja. Aber das ist ja in anderen Vereinen nicht anders, ne? Lässt mir mal ein Like da, weil auch wenn du kein Bayern-Fan bist, ja, musst du ja auch nicht sein, um ein Like da zu lassen. Also tu das ruhig. Ich sehe die Lage vor allem durch Brazzo verschuldet, hat mir damals gedacht, als man Flick vergraute, wenn das nicht uns sehr schaden wird. Ich glaube noch nicht mal, dass da Brazzo so der Hauptverantwortliche ist. Auch wenn viele das dem Brazzo in die Schuhe schieben. Weil am Ende ist der CEO, der Oliver Kahn war, der da in der Hauptverantwortung steht eigentlich. Natürlich in Zusammenarbeit mit dem Brazzo. Aber da jetzt nur den Brazzo zu nennen, geht für mich halt auch nicht. Ja. Also da waren schon beide, deswegen sind ja auch beide gegangen worden. Und wenn man da mal gehört hat, was so beim Olli alles falsch lief, dann ja. Und warum würde man sich noch mehr lächerlich machen? Jetzt würde man sich lächerlich machen, ja, da gebe ich dir recht, wenn man den Trainer jetzt entlassen würde. Du musst jetzt warten, bis die Champions League Plätze in Gefahr sind. Dann hast du ein Argument. Ansonsten Meisterschaft ist abgefahren, ist durch der Zug. Ja, jetzt besteht kein akuter Grund mehr, den Tuchel zu entlassen. Da gehe ich mit. Vor Bochum-Spiel wäre es anders gewesen. Also da war ja das Ziel Meisterschaft in Gefahr, aber brennend in Gefahr. Also nach dem 0-1 im Champions League-Spiel hättest du den Trainer rauswerfen müssen. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja, und nicht nur aufgrund der sportlichen Situation, sondern aufgrund der nicht vorhandenen Entwicklung. Und aufgrund der nicht nach Leistung der Spieler aufstellenden Formation. Ja, dass man ganz klar sieht, dass er manche Spieler nicht leiden kann und sie deswegen rausmobbt. Und das muss er sich leider gefallen lassen, diese Argumente, der Tuchel. Weil die kann man belegen. Die kannst du auch statistisch belegen. Ja. Ich vermisse Kahn. Ich habe Kahn auch vermisst. Ich fand es auch schade, wie das gelaufen ist. Aber anscheinend ist der Kahn war ein guter Torwart und ein guter Kapitän und ein guter Anführer, aber ein CEO war halt nicht so seins. Na, leider. Ich war auch schockverliebt, als er zurückkam. Guck mal, Oldschool fragt, wie realistisch seht ihr einen Absturz auf Platz 5? Ja, das werden wir Samstag sehen. Das werden wir Samstag sehen. Also wenn wir Samstag verlieren gegen Leipzig, ich kann ja mal ganz kurz hier reinschauen. Ist natürlich hätte Fahrradkette, aber können wir ja gerne mal machen. Ist ja gar kein Problem. So, aktuell haben wir 50 Punkte, Stuttgart 46, Dortmund 41, Leipzig 40. Gut, verlieren wir gegen Leipzig, hat Leipzig 43, gewinnt Dortmund, haben sie 44, gewinnt Stuttgart 49. Wir haben 50. Ja, danach kommt Freiburg. Sollten wir das auch noch verlieren, sollten die anderen Mannschaften weiter gewinnen,
sind es nur noch 4 Punkte. Und 4 Punkte ist dann schon sehr realistisch bei dieser Form, die wir leider gerade an den Tag legen. Ja. Wir spielen ja auch noch gegen die Kracher. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also, ja, eigentlich ist es nicht realistisch, wenn man sich die Tabelle anguckt mit 10 Punkten Vorsprung. Aber wenn man die Leistungen sieht, die wir gerade zeigen, und zwar seit Wochen, seit Rückrundenstart quasi, haben wir nicht ein überzeugendes Spiel gesehen. Ja? Oder geschweige denn mal überzeugende 45 Minuten. Darf man das leider nicht ausschließen. Wer das tut, ist dann sehr blauäugig. Wenn wir gewinnen sollten gegen Leipzig, ja, dann sind es 13 Punkte auf Tabellenplatz 5. Also dann kannst du 4 Spiele verlieren. Dann, bis dahin dann hat man Ruhe, denke ich. Ja, was die Champions League Quali anbelangt. Ja. Deswegen sage ich ja, es hängt viel von dem Spiel ab. Weil wenn du das verlierst, wir sind ja schon in der Negativspirale. So. Je nachdem, wie du das Spiel verlierst, überleg mal, wir verlieren das 3-0, 3-1, ganz klare Geschichte. Dann kommst du weiter in diesen Abwärtsstrudel. Das ist ja nun mal so. Wir müssen jetzt einfach irgendwie einen Sieg holen. Scheißegal wie, wenn es unberechtigt in der 90. durch einen Elfmeter ist. Du brauchst einfach irgendwie einen Sieg. Ja, damit du aus dieser kompletten Geschichte rauskommst. Wir haben es gesehen, noch nicht mal zur Führung gegen Bochum reicht uns. Um Ruhe, um Lockerheit, um Spielwitz wieder reinzukriegen und das 2. und 3. nachzulegen. Das reicht uns nicht. Wir müssen irgendwie einen dreckigen Sieg einfahren. Alles andere, sonst kommst du da nicht raus. Ja? Und wie gesagt, die kommenden Gegner sind nicht einfach. Und gehst du dann ohne Selbstvertrauen ins Lazio-Spiel, ja Halleluja. Ja? Dann wird's hart. So, dann haben wir hier nochmal den Kevin. Ja gut, Kai, aber es ist auch schwierig für Müller, wenn die Taktikaufstellung nicht ordentlich vorbereitet wird. Bei Müller muss das alles spontan kommen. Ich bin überzeugt, dass Müller ein guter Trainer wäre. Vielleicht nicht der Beste, aber gut. Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen, was Müller ein Trainer wäre oder nicht. Erstens wäre das gar nicht möglich. Ne? Für alle, die das hier reingeschrieben haben, Müller kann nicht einfach eine Mannschaft übernehmen, weil er braucht einen Trainerschein, um das zu können in der Bundesliga. Das heißt, da müsste da schon irgendwie jemand anders sein. Wir könnten nur einen Co-Trainer machen. Blasölz haben wir damals beim Klose gesehen. Nee, aber ich sehe das auch nicht. Wie gesagt, ich sehe das nicht aufgrund der Mannschaft. Du kannst nicht jetzt einen Spieler aus dieser Mannschaft nehmen und sagen, trainiere jetzt diese Mannschaft. Das wird nicht klappen. Nein, das wird nicht klappen. Da werden Spieler, in dieser Mannschaft sind so viele Risse drin, das wird nicht funktionieren. Nee. Da kann er auch ein guter Trainer sein oder werden, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber du kannst nicht den Spieler jetzt aus dieser Mannschaft nehmen und sagen, komm, du bist jetzt hier der Trainer und machst das. Also da werden ganz, ganz viele Spieler, nee, ist meine Meinung. Kann natürlich jeder anders sehen. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich glaube, das würde nicht gut gehen. Weil Müller auch immer schlecht ist, sobald er in ein Quadrat gesteckt wird. Der muss auf die 10 und soll Müller Sachen machen, aber nicht rechts. Das ist richtig. Müller rechts ist locker 50% verschenkt. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Nichtsdestotrotz darf das ja kein Argument sein, dass man nur Fehlpässe spielt und Bälle verstolpert. Selbst wenn man auf rechts spielt und nicht auf der 10. Nochmal, ich gehe da 100% mit. Müller hat nur Wert, wenn er hinter dem Stürmer spielen darf und frei ist. Er muss noch nicht mehr die 10 sein. Keine Ahnung, lass ihn als hängende Spitze, wenn du unbedingt noch einen 10er dahinter haben willst mit Musiala, ist doch alles kein Problem. Oder stell vorne 2 Stürmer auf, wie auch immer, ja. Aber Müller auf dem Flügel ist Schwachsinn. Ja, gehe ich vollkommen mit. Aber nochmal, ist kein Grund für diese Leistung, die er dann gezeigt hat, leider. Brazzo 90% alles schuld, ja, ganz genau. Ja, ist wie Juan Bernat alles schuld. Ich denke, am meisten hatte Flick Schuld, der hat schon komische Dinge gemacht. Flick hat 6 Titel gewonnen, also woran soll er Schuld haben? Rangnick wäre jemand für den Neuaufbau. Das ist richtig, aber da muss ich leider diesen Verein verlassen. Dann muss ich mich auf den VfL Bochum leider konzentrieren. Müller sollte Pavlovic Rückendeckung geben. Ja, was tut er doch? Was macht der Müller doch? Ja, der
Dafür spielt der Pavlovic aber zu selten. Ja, der Müller stellt ja auch nicht die Spieler auf. Das macht ja der Tuchel. Also. Aber das tut der Müller doch. Hast du doch in Interviews gehört und so weiter. Siehst du auch auf dem Platz. Also. Brazzo war jetzt auch kein Manager, der von Zahlen einen Plan hatte. Ja, aber wie gesagt, wir können ja jetzt wohl nicht anfangen, die sportliche Misere, die jetzt da ist, Brazzo in die Schuhe zu schieben, Leute. Also das ist ja ganz wilder Take. Nein, aus den internationalen Plätzen kannst du nicht mehr rausfallen. Da müsstest du ja jetzt alles verlieren, was noch kommt. Ollis FCB schreibt, Makai mit Gerland zusammen bis Ende der Saison oder länger, wenn... Ja, darum geht's doch gar nicht. Ja, du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten. Habe ich doch gerade schon gesagt. Du hast genug Trainer, die Bayern-Vergangenheit haben, die wissen, was beim Bayern wie los ist, wie was zu handhaben ist. Also da ist das ja nur eine Möglichkeit. Die Frage ist, ob so ein Gerland sich das nochmal antun würde, nachdem wie er verabschiedet wurde. Ja, da ist halt auch viel zu Bruch gegangen. Muss man leider sagen. Keine Ahnung. Aber da gibt es Möglichkeiten, wird es ja genug geben. Da müssen wir nicht drüber reden. Mal abgesehen von Tuchel, welcher Trainer hat denn einen Nachwuchsspieler Bayern entwickelt? Ja, hast du doch gerade gehört. Oder nicht? Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Ich denke, er hat es gezeigt, oder? Und ein Hansi Flick kannst du zugutehalten, dass er am Musiala auch festgehalten hat. Ja. So ein Pep war das auch immer scheißegal eigentlich. Ja. Hauptsache ein Spieler hat die Leistung gebracht. Dem war das auch egal, wie der hieß oder welche Position der inne hat oder sonst was. Ja. Aber die letzten Jahre war es halt wild, ja. Ja, Klopp macht ein Jahr Pause, gehe ich auch von aus. Ist auch richtig so. Habe ich ja schon mal gesagt. Gerade seine Art zu coachen wird super kräfteraubend sein. Ewig ist tot, seit er hat den Chip eingepflanzt gekriegt, ne? Rattenhals. Hast du das nicht gelesen, oder was? Er hat den Chip gekriegt, womit die alle überwacht werden nach der Impfung und die haben die Power runtergedreht, dass er nur noch auf 70% läuft. Nicht mehr auf 110. Das ist das Problem. Wie würdest du Bayern zur jetzigen Zeit aufstellen? Kannst du dir vor jedem Spiel auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Da stelle ich jedes Mal meine Mannschaft auf. Da kannst du gerne die Aufstellung von Bochum nehmen, die würde wahrscheinlich gegen Leipzig genauso aussehen. Obwohl Musiala ja ein bisschen besser war, Sané auch ein bisschen. Da könnte man vielleicht nochmal über eine Änderung nachdenken. Aber defensiv, die Viererkette stellt sich ja von alleine auf. Ne? Links Guerrero, rechts Mazraoui, andere haben wir nicht, falls Mazraoui überhaupt spielen kann. Für mich gehören Dyer und De Ligt als Innenverteidiger in die Mitte. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen, weil A, Min-Jae tot ist. Der ist einfach tot. Dass der überhaupt noch so performt, wie er performt, ist ein Wunder. Upa hat keine Form. Ja, und den solltest du vielleicht gerade auch mal 1-2 Spiele aus der Schusslinie nehmen. Da würde man ihm was Gutes tun. Defensive Mittelfeld, Pavlovic wäre gesetzt. Ohne Wenn und Aber auf der 6. Sobald ein Leimer fit ist, wäre Leimer mein Achter, weil er einfach eine Pressingmaschine ist und ein Spieler, der immer ackert, immer Vollgas gibt. Ansonsten wäre ein Goretzka bei mir raus. Ja, aufgrund der letzten Leistung. Ich würde erstmal den Kimmich den Vorzug geben. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das nochmal sagen werde. Aber ja, ich würde einen Kimmich von Goretzka sehen, neben Pavlovic. Harry Kane vorne stellt sich von selber auf. Manuel Neuer stellt sich leider auch von selber auf, weil Ole keine Spielpraxis hat. Und ich würde einen Müller auch für 10 stellen. Ja, Müller ist gerade, wie ich schon sagte, als Person wichtig. Allerdings sollte er dann wieder so grottenschlecht sein, würde ich ihn auch knaller zur Halbzeit rausnehmen. Das gilt aber für jeden Spieler. Ja, ich finde das immer lächerlich, dass man heutzutage sagt, wir müssen mal bis zur 70. warten, sonst ist der Spieler gekränkt. Ja, da fällt mir immer nichts zu ein. Ja. Also wenn ein Spieler 45 Minuten lang nicht performt, dann würde ich ihn knaller in der Halbzeit auswechseln. Dafür hast du 5 Wechsel, Alter. Fertig aus. Und ein Tell wird bei mir auch spielen. Ja, der Junge hat es mehr als verdient und der Junge möchte, man sieht das, der kämpft, der ackert, der tut, bekommt aber einfach kein Vertrauen. Jetzt stellt euch mal vor, so ein Tell hätte einfach mal das Vertrauen des Trainers gespürt.
Ein De Ligt hätte einfach mal das Vertrauen des Trainers gespürt. Wie weit ein De Ligt jetzt schon wäre. Ja? Wir reden immer davon, dass wir keine Führungsspieler haben, aber wir demontieren unsere ganzen Führungsspieler. Also grausam, was da abgeht. Spieler brauchen Selbstvertrauen, ja, ganz genau. Kara, moin. Palmi fragt, glaubst du, Tell verlässt Bayern im Sommer? Er meinte, er bleibt. Sky berichtet was mit Manchester United. Ja, Sky berichtet von so vielen auf dieser Welt. Ich denke, das hängt vom Trainer ab. Und da ich nicht davon ausgehe, dass Tuchel über den Sommer hinaus unser Trainer ist, denke ich, dass ein Tell beim Verein bleibt. Sollte aber, wer weiß, der FC Bayern ist gerade eine Wundertüte seinesgleichen, sollte ein Tuchel nächstes Jahr trotzdem noch unser Trainer sein, dann ist ein Tell weg. Völlig verständlich. Ja, völlig verständlich. Dann ist auch ein De Ligt weg. Auch völlig verständlich. Ja, so. Ist der Trainer weg, denke ich, werden beide bleiben. Ja. Was, wen findest du besser? Harry Kane oder Choupo? Ja, Choupo natürlich. Choupo ist eine Maschine. Das ist das Karma. Das Karma vom letzten Jahr haut voll rein, ja. Ist man aber selber schuld, dass man das letzte Jahr verschlafen hat. Da habe ich den Eisernen leider nicht gelesen. Aber die Mara hat es vielleicht auf dem Schirm. Ach, da ist er. Vielleicht ist es auch mal gut, dass Bayern nicht die Meisterschaft gewinnt und lernt daraus, nicht sofort Trainer zu schmeißen. Der Kommentar, muss ich dir leider sagen, ist absoluter Schwachsinn. Weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Es geht bei dieser ganzen Diskussion nicht darum, ob wir deutscher Meister werden. Es ist völlig okay, dass wir kein deutscher Meister werden. Es ist völlig okay, dass wir aus dem Pokal ausgeschieden sind. Es ist völlig okay, dass wir aus der Champions League ausscheiden oder sie halt nicht gewinnen werden. Es ist völlig okay, dass wir eine titellose Saison haben. Es ist auch okay, wenn wir 2, 3, 4, 5 Jahre eine titellose Saison haben. Dann ist das so. Umso mehr freuen wir uns dann wieder, wenn wir dann mal wieder einen Titel gewinnen werden. Es geht um die Art, dass wir seit 11 Monaten keine Entwicklung haben in diesem Verein. Nur Rückschritte. Nur Rückschritte. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, ob wir verfickt nochmal Meister werden. Wen interessiert die Scheiße denn? Wir sind seit 11 Jahren Meister. Meinst du, das juckt jetzt ein, ob wir das 12. Jahr Meister werden? Meinst du, wir sitzen hier und fangen jetzt an zu weinen, weil wir kein Meister werden? Oder wir lassen die Sektkorken knallen, wenn wir Meister werden? Nee. Ist doch ganz normal, wenn man 11 Mal Meister war. Darum geht es gar nicht. Das versteht ihr immer alle nicht. Ich verstehe das nicht. Dann kommt man hier rein und sagt, ja, ist ja ganz gut, dass der FC Bayern mal nicht Meister wird und gleich seine Trainer entlässt. Entweder setzt du dich damit auseinander oder du fragst erstmal nach, worum es geht. Dann erkläre ich dir das gerne in einem ruhigen, sachlichen Ton. Aber einfach so einen schwachsinnigen Satz hier reinzuschreiben, ist völlig fehl am Platz. Ja, mache ich auch nicht. Lass mich auch nicht über Union Berlin aus, wenn ich von Union Berlin keine Ahnung habe. Obwohl ich Sympathien für Union Berlin habe und auch schon auswärts bei 2 oder 3 Spielen in der Unioner Kurve stand. Ja? Und Union mit angefeuert habe. Das nur mal nebenbei. Ja, aber ich stelle mich ja auch nicht dahin und sage, ja, aber was denn mit dem Urs Fischer? Warum habt ihr so lange am Urs Fischer festgehalten? Da werdet ihr gar nicht in die Abstiegsringe gerutscht und werdet gar nicht in dieser Not. Oder ich sage auch nicht, dass euer Trainer jetzt ein Wichser ist, was er menschlich gesehen ist, so wie er sich verhalten hat. Er hat eine Vorbildfunktion wie ein Stück Holz, Alter. Ja, tue ich auch nicht. Nehme ich mir nicht raus das Recht, weil ich das nicht weiß. Ja, dann gehe ich zu meinem Schwager und frage den, weil der Unioner ist. So, dann kann ich mir vielleicht eine Meinung bilden. Also, frech sowas. Sorry. Mazraoui fehlt 3 Wochen, ja. Wer hätte es erwartet? Ist halt auch so hausgemacht, dieses Problem. Wenn ich ja Zugänge sehe, ich bin kein Manager, Alter. Wenn ich Manager wäre, dann bräuchte ich hier nicht hocken und Videos machen. So. Ich bin kein Manager. Ich kenn nicht sämtliche Spieler, die auf dem Markt sind, die nicht auf dem Markt sind. Befasse ich mich auch nicht mit. Bin ich ganz ehrlich. Befasse mich dann damit, wenn ein Spieler bei uns unterschreibt. Ich befasse mich auch nicht damit, wenn 20.000 Spieler bei uns irgendwie gehandelt werden. Weil das auch immer... Guckt euch an, wer jetzt bei den Transferphasen gehandelt wurde. Ja, wenn es ein bisschen heißer wird, so wie im Rice zum Beispiel, dann hat man sich schon mal mit dem Spieler auseinandergesetzt. Aber ansonsten bin ich keiner, der sich da habe ich keine Ahnung, Leute. Ich nehme mir nicht das Recht daraus. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Spieler XY bei Barcelona, ich sehe 2 Spiele von Barcelona im Jahr.
Ja, das ist, wenn sie gegen uns spielen. So, sonst sehe ich keine anderen Spiele. Ich gucke die Bayern-Spiele. Die Bayern-Spieler kann ich beurteilen. Das Recht nehme ich mir raus, weil ich das seit Jahren mache. Aber mehr auch nicht. Nehme nicht das Recht raus, auch beim Eric Dyer oder sowas habe ich mir nicht das Recht rausgenommen, ihn vorzuverurteilen, so wie es viele andere getan haben. Oder, keine Ahnung, einen Saragossa mit Lobeshymnen zu überschütten, obwohl ich den noch nie gesehen habe. So, wenn die Spieler bei uns sind, wenn ich die ein paar Mal gesehen habe, dann kann ich mir das Recht rausnehmen und diese Spieler beurteilen. Ja, deswegen kann ich mich nicht hier hinsetzen und sagen, ich würde jetzt den oder den verpflichten. Ja, Leverkusen habe ich schon ein paar Mal gesehen, Stuttgart habe ich ein paar Mal gesehen, Spieler aus der Bundesliga kann man ein bisschen beurteilen, das ist richtig. Aber gerade so Tah oder Gurasi wären halt No-Brainer. So, die verpflichtest du für unter Marktwert. Ja, und selbst wenn die nicht performen sollten, wenn die nicht einschlagen beim FC Bayern, gibst du sie ein Jahr später wieder ab und machst so sehr wahrscheinlich noch Gewinn. Ja. Also sowas sind No-Brainer. Wenn es jetzt rein ums Finanzielle geht. So. Aber nee, das Recht kann ich mir nicht rausnehmen. Irgendwie zu sagen, der und der Spieler wäre es jetzt. Auch Aurelio oder wie heißt er vom Barca, da Innenverteidiger. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Spieler noch nicht einmal spielen sehen. Was soll ich mir dann Urteil erlauben? Kann ich nicht. Ja. Das ist leider nicht meine Art und Weise. So, ich beurteile die Spieler, wo ich was beurteilen kann, die ich sehe. Dann nehme ich mir das Recht raus. Mehr aber auch nicht. Menu möchte Tell für 60 Millionen haben. Die ist ja auch wert, leider. Ja? Oder die wäre er wert. Ich meine, er hat ja gezeigt, wenn er aufblitzt. Ja, nur wir fördern ihn ja nicht. Das ist das Problem. Wolfgang, danke. Der Zorn der Fußballgötter? Nee, das ist der Harry Kane-Fluch, den er mitgebracht hat. Dann haben wir den Dyer auch noch verpflichtet, sein Bro. Das heißt, der doppelte Fluch ist da. Der hat auch noch nichts gewonnen in seiner Karriere. Da haben wir den Salat. Ne? Ach, herrlich. Ja, komm, wenn ihr so oft das hier reinschreibt, dann gönnt euch das. Musiala zu Real. Ja, mein Gott. Dann ist das so. Auch dann wird es beim FC Bayern weitergehen. Ne? Wen verkaufst du im Sommer? Stand jetzt und wen würdest du holen? Ja, wie gesagt, wen würdest du holen, habe ich gerade gesagt. Verkaufskandidaten, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Haben wir am Ende der letzten Saison, am Ende der vorletzten Saison schon gesehen bei unserer Analyse. Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry sind seit 2 Jahren Verkaufskandidaten Nummer 1. Nur, ich habe es am Anfang des Streams gesagt, man wird die Spieler halt nicht los. Ja. Das hört sich genauso an wie bei uns im BVB-Chat Pöhler. Geil. Sebastian Ritter. Danke für 2 Euro. Gerard Berger schreibt, ich kann mich an keine Saison erinnern seit 50 Jahren, wo wir so viele Verletzte hatten. 1972 Nein. Die Meisterschaft mit nur 14 Spielern gewonnen. Unter wem war das denn? War das unter Nagelsmann auch, das erste Jahr? Wir haben das schon mal gehabt. Wann war das denn? Das ist noch nicht so lange her. Ich gebe dir recht, ist natürlich super, also da müsstest du auch tiefer reingehen, ja. Ich weiß nicht, wie das Training da strukturiert ist, aber wir hatten das schon mal, wo wir diese Seuche hatten. Bause in der Haus schrieb dazu, hieß es nicht irgendwo, dass man das mit den Verletzungen vom neuen Hybrid-Pitch bekommen hat. Ich verstehe nur nicht, dass man das nach 2015 nochmal macht. Ja, siehst du, dann war das Jahr vielleicht. Ich sage ja, das ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir diese ähnliche Scheiße. Unter Kovac. Ja, da hatten wir genau die gleiche Scheiße. Ja, und das muss ja auch irgendwo dran liegen. Ich meine, der Boyer, Alter, oder Boew, Gerard Berger, kannst du mir sagen, werde ich nie richtig aussprechen. Wir nennen ihn einfach Sascha. Der kommt zu uns, trainiert 2 Wochen mit, ist tot. Mazraoui war die ganze Zeit beim Afrika Cup, hat er mittrainiert. Alles Tutti, ist bei uns 2 Spiele tot. Ja, wir können die Liste durchgehen. Jetzt sogar schon Pavlovic fällt jetzt schon aus. Kurz vorm Spiel. Also irgendworan muss es ja liegen, oder? Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Kannst ja auch keinen erzählen. Also ganz wild. Was war mit dem HSV? Sollen wir über den HSV reden? Mal also Themenwechsel oder was? Die haben einen richtigen Trainer geholt. Glückwunsch an den HSV. Wir sehen den HSV bald wieder in der 1. Liga, Leute. Kurzer Zwischensatz mal. Ich will Flick, Triggeralarm, Chico.
Kannst du mich nicht triggern. Stehst du zu Lucien Favre? Lucien Favre ist halt auch so ein komischer Typ, ne? Oder? Ich glaube, der ist auch so ein Tuchel-Typ, so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob so ein Favre-Fußball auch zum FC Bayern passt. Aber das ist dann auf jeden Fall auch ein Trainer, der nicht eine längere Halbwertszeit wie 2 Jahre hat. Dann ist ein Favre durch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ähnlich wie Magath. So Magath konntest du auch nie länger wie 2 Jahre beim Verein lassen. Dann hat den auch keiner mehr für voll genommen. Ja, Declan Rice wäre top gewesen. Na klar, wir hätten den auch verpflichtet, wenn Kimmich und Goretzka gesagt hätten, nee, alles klar, wir verlassen den Verein. Das haben sie aber nicht getan. Und dann hast du halt einfach keine Kapazitäten, um diesen Spieler zu verpflichten. Das war das Problem. Nee, glaube ich nicht. Mike Planteur. Dass der FC Bayern rausfliegt, kann sehr gut passieren aus der Champions League. Ja, wenn wir weiter in diesem Strudel bleiben, dass ein Thomas Tuchel dann weg ist, nee. Weil dann würde man das jetzt tun. Oder hätte er es vor dem Bochum-Spiel getan. Nee, der Zug ist abgefahren. Wie gesagt, der Tuchel kann nur noch entlassen werden, wenn die Champions League-Plätze in Gefahr geraten. Dann werden wir gezwungen zum Handeln. Ansonsten glaube ich nicht, dass die Führung sich dieser Schmach hingibt. Nachdem, wie sie bisher gehandelt haben. Es sei denn, Eber kommt Anfang März, dann hat man eine Ausrede, der Max ist jetzt da, der große Macher, der hat das entschieden, nicht wir, die vorher große Fresse gehabt haben. Das ist die einzige Sache, wie man da rauskommt. Der ist Gold. Ja, aber was bringt das denn, wenn du einen 16-Jährigen verpflichtest, der Gold ist und der auf der Bank sitzt? Sehen wir doch Bartel mit 17. Also macht doch keinen Sinn. Aurelio. Ja, ist doch egal, wie er heißt. Ihr wisst doch, wen ich meine. Zur Info, ich bin immer noch zu leise. Das kann nicht sein. Da musst du mal richtig ins Mikrofon sprechen. Ich Mein sitze Schatz. mit der Nase am Mikrofon. Ach so, warte, das liegt daran. So, jetzt. War mein Fehler. Natürlich war das dein Fehler. Natürlich war das dein Fehler. Sorry. Peter Neururer, genau, Peter Neururer. Am besten mit Mario Basler und Didi Hamann als Co-Trainer, wa? Auch da erlaube ich mir das nicht, wer der beste Nachfolger für Tuchel wäre. Ich habe es schon mehrfach gesagt, auch in den letzten Streams. Du brauchst einen Trainer, der zur Philosophie des Vereins passt. Wenn wir jetzt langfristig schon denken, das weiß ich nicht. Ja, ansonsten jetzt eine Interimslösung. Eine Interimslösung würde es gerade nicht schlechter machen, ja, weil dann einfach mal eine andere Stimmung in diese Mannschaft kommen würde, ein anderer Ansatz, je nachdem, dass von dem Interimstrainer sich Spieler wieder mehr gewertschätzt fühlen, wahrscheinlich, je nachdem. Langfristig gesehen brauchst du einen Trainer, der das Konzept mitgeht vom Verein. Und das Konzept ist ganz klar, wir werden weiterhin Topstars verpflichten. Wir wollen aber auch jedes Jahr schauen, dass wir 1, 2 Talente zumindest in die Mannschaft ein bisschen integriert kriegen. Das heißt, du brauchst einen Trainer, der sagt, hier sind 15, 16 Spieler, das ist meine erste 11 und da sind auch junge Spieler bei, denen ich die Chancen gebe. So einen Trainer brauchst du, ja. Und nicht einen Trainer, der sagt, ich habe 11 Spieler und nur wenn irgendeiner davon verletzt ist, egal ob der nur so bei 70% ist, solange er nicht verletzt ist oder gesperrt, spielt er immer. Das ist, was Tuchel gerade macht. Ja. Wie der Trainer dann am Ende des Tages heißt, ist mir persönlich scheißegal. Ja, der muss einfach von der Philosophie passen. Und dann muss man auch klipp und klar sagen, was man bei Nagelsmann versäumt hat, man muss dann auch knaller zu dem Trainer stehen. Und dann nicht, so wie es jetzt ist, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, eine Diskussion anfangen. Da muss man öffentlich sagen, das ist unser Trainer für die nächsten, je nachdem wie viele Jahre man ihn verpflichtet, und muss das dann auch knaller durchziehen. Und muss dann halt die etablierten Spieler auch außen vor lassen. Aber auch das muss der Trainer dann machen. Ja? Und nicht wie Tuchel die Spieler demontieren, ja, und dann trotzdem aufstellen. Was ja komplett vernebelt ist. Ja? Warum mache ich das? Warum trete ich den Spielern ins Gesicht, wie ein Kimmich und ein Goretzka, und stelle sie dann jedes Spiel auf? Wo ist der Sinn? Ja? Also ganz wilde Takes, die der Tuchel fährt.
Und da ist es mir egal, wie der Trainer heißt. Und selbst wenn er Mourinho heißt, Alter. Wenn er das Konzept mitgehen würde, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ist eine andere Geschichte. Ja, das ist meine Meinung. Wie gesagt, Namen, keine Ahnung, kann ich mir nicht rausnehmen. Ja, ich kann keine Trainer beurteilen, die ich nicht kenne oder wo ich nicht weiß, wie die trainieren oder sonst was. Ja, da habe ich kein Recht zu. Ich kann das beurteilen, wenn der Trainer dann bei uns ist, ja. Gern van Gaal kann ich beurteilen. Louis wäre natürlich grandios, aber ist auch schon ein bisschen älter, ne? Und dann wird's sehr wieder knallen. Das würde knallen im Verein, ne? Weil der lässt sich nichts sagen. Und dein fürs Leipzig-Spiel? Mein Tipp fürs Leipzig-Spiel? Kann ich nicht sagen, ey. Muss ich mir noch Gedanken zumachen. Ich weiß, ich muss erstmal überlegen, wie der Tuchel sehr wahrscheinlich aufstellt. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir bräuchten einen dreckigen Sieg irgendwie, ne? Wenn man realistisch ist, wenn man sieht, wie verunsichert diese Mannschaft gerade ist, dass noch nicht mal ein frühes Tor nach 14 Minuten in Bochum reicht, damit Sicherheit reinkommt, dass so eine kleine Spielunterbrechung von 10 Minuten, weil irgendwelche Tennisbälle geworfen werden, was ja Wochenende wieder nicht anders sein wird, dazu ausreicht, dass diese Mannschaft komplett den Faden verliert. Boah, sage ich euch ganz ehrlich, ist das gerade wild, da zu sagen, wir gewinnen 3-0 gegen Leipzig. Ja? Ich tippe nicht gegen meinen Verein, deswegen habe ich auch gegen Bochum schon unentschieden getippt, gegen Leverkusen unentschieden getippt. Ich werde auch da ein Unentschieden tippen. Dass wir das Spiel irgendwie gewinnen, sehe ich gerade leider nicht. Dann haben wir den Big Wee, der ist BVB-Mitglied und schreibt, ich hätte nicht gedacht, dass wir unseren Ex so einsetzen. Troja. Ja. Glückwunsch. Aber immerhin hat er euch noch die Meisterschaft weggenommen. Oder ihr habt sie ihm geschenkt. Kannst du gerne sehen, wie du möchtest. Lothar ist der beste Mann, ja. Interimstrainer bis Saisonende. Aber das sind ja alles so Sachen, die kannst du ja nicht bringen als Verein. Du willst nicht der Lächerlichkeit preisgeben, das klappt halt nicht. Ja. Geht halt nicht. Denkst du, dass Eber einer der Durchgreifer... Ja. Na. Habe ich aber bei Tuchel auch gedacht, von daher... Tante Kete hat keine Zeit dafür, der muss eine EM machen. Mit Nagelsmann als Co-Trainer. Von Klose halte ich gar nichts. Der Klose labert genauso viel Scheiße wie der Tuchel, Alter. Guck mal, dann haben wir den Manfredo Frank. Der fragt, mal was ganz anderes. Wie sieht es um dein Seelenheil aus? Schläfst du gut? Hast du Albträume? Bist du gereizt? Wirkt sich die Bayern-Krise auf deine Partnerin und oder Kinder aus? Nö. 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 Wegen dem FC Bayern schlafe ich nicht schlecht. Die Zeiten sind vorbei. Wegen dem FC Bayern wirkt sich, ja, vielleicht kurz nach Abpfiff mal 10 Minuten, Viertelstündchen, ja. Dass man da mal ein bisschen, aber dann sitze ich ja meistens schon vor der Kiste und nehme eine Spielanalyse auf, so dass ich das verarbeite. Bevor ich das gemacht habe mit YouTube, war das so. Da war ich hier wie Gerard Berger, der auch im Chat ist. Dann war ich die Woche, wenn mich da ein BVB-Typ auf der Arbeit irgendwie dumm angequatscht hat der den Einlauf seines Lebens gekriegt, rhetorisch gesehen. Da war das schon so, mittlerweile nicht mehr. Ja, man sieht es ja an meiner Reactions bei manchen Spielanalysen, da ist noch ein bisschen Emotion dann drinne, keine Frage, aber dann ist auch gut. Ja. Und mittlerweile auf diese Saison gesehen bin ich ist durch das Thema. Ja. Der Vorhang ist zu, ich habe da abgeschlossen mit, ja, es regt einen immer noch ein bisschen auf, aber man hat schon gesehen gegen Bochum, ich fand, war es relativ human, meine Reaktion, ne, war nicht mehr so emotional. Ja, nee, Einfluss hat das nicht auf mein Privatleben, will ich jetzt behaupten. Kann die Mara ja was zu sagen, sie ist ja meine Partnerin. Nee, ich bin diejenige, die schlecht schläft wegen dem ganzen Murks. Das ist also eher umgekehrt. Nee, ich habe das nicht mehr. Früher habe ich das auch gehabt, aber nee. Was halt daran liegt, dass ich das hier so dann verarbeite, ne?
mich natürlich das alles in mich reinfressen würde und keinen hätte, dem ich das auslassen könnte, dann wäre es wahrscheinlich auch immer noch so, ja. Aber das war so meine Therapie. Was für manchen hier vielleicht eine Therapie ist, wenn sie es hier im Chat loswerden können oder mich mehr in die Kommentare reinballern. Und das ist doch okay. Was hältst du von E-Ball? Eieiei, das kann ich nicht in 3 Sätzen beantworten, ey. XG-Wert, Wer bitte. hat die beste Angriff? Ist nur noch XG-Werte. FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Wer hat die beste Angriff? Alles doppelt um FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Wie kam es dazu, dass du Bayern-Fan wurdest? Ach, die Frage höre ich auch in jedem Stream. Ich kam auf die Welt, habe geschrien und habe rot geblutet und war weiß wie Schnee. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich bin, seitdem ich denken kann, FC Bayern-Fan. Habe ich schon mal erzählt, vielleicht durch meine Mutter, die war Bayern-Fan oder ist Bayern-Fan, wie man das so nennen kann. Mein Vater war ein Schalker, ja. Und ich bin, also es war nie, dass es eine Entscheidung war. Ich war da und der erste Gedanke, wenn es um Fußball ging, war Bayern. Und das war nichts, wofür ich mich aktiv entschieden habe. Und das, obwohl ich zwischen Schalkern und Dortmundern aufgewachsen bin. Vielleicht deswegen. So der Rebell, weißt du? Keine Ahnung. Vielleicht hat das mit reingespielt. Sagt Guardiola. Ja, Guardiola sagt auch, dass doch ein guter Trainer ist. Das heißt ja nicht, dass das zusammenpasst. Ne? Wir erinnern uns ja alle an der Szene, wo der noch bei uns war und dann mit Treffen mit Tuchel und Salzstreuer und Pfefferstreuer. Und Ancelotti ist ein guter Trainer. Also wir haben ja genug gute Trainer gehabt, die bei uns gescheitert sind. Also, ne? Nee, Tuchel hat auch keine Lust auf Ausbildung der Spieler. Das ist vorbei. Das hat er in Dortmund noch gehabt, wie ich fand. Ne? Können mich aber die Dortmunder Fans vielleicht eines Besseren belehren. So von außen gesehen fand ich schon. Aber ich glaube dann durch Paris und Chelsea, wo jeder Wunsch erfüllt wurde, den er einfach so hatte, ohne dass er die Arbeit machen muss und Spieler ausbilden muss oder verbessern muss. Ja, und ich denke, er hat gedacht, beim FC Bayern wird der Bums genauso laufen. Das ist halt nicht der Fall. Simone. Naja, da sehen wir ja aber denselben Fußball wie unter Tuchel, Alter. Vielleicht ein bisschen kämpferischer, ja. Granitstone fragt, wohnst du in München und wenn nicht, wirst du dorthin ziehen? Walter wäre jetzt frei. Ja, wenn ich im Lotto gewinne, tue ich das. Gegenüber von der Sebener natürlich. Ansonsten kann ich mir das leider nicht leisten, nach München zu ziehen. Und nein, ich wohne nicht in München. Aber es wäre meine Wahlheimat, ja. Wie wäre es mit Graham Porter? Es ist schade, dass die Leute ihn nur als Witzfigur sehen. Wen meinst du denn? Tuchel? Also ich sehe den Tuchel nicht als Witzfigur. Ich sehe den Tuchel einfach als Figur, die einfach nicht zum FC Bayern passt. Warum sollte ich ihn als Witzfigur sehen? Also ich weiß nicht, vielleicht war es eine Diskussion dazwischen irgendwo, keine Ahnung. Ich schlafe wegen Bayern schlecht. Ja, sorry. Tut mir leid für dich, ne? Ging mir früher genauso. Sag ich dir, wie es ist. Also, wie gesagt, bei mir ist die Sache, dass ich mir den Frust von der Seele rede halt, ne? So, das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ansonsten, keine Ahnung, wenn du keinen hast, den du damit zuquatschen kannst, erzähl's dir vielleicht selber oder so. Vielleicht hilft das. Ja, da muss jeder so seinen Weg finden. Oder hau auf den Boxsack ein oder sowas, lass den Frust da raus. Ich kenne das, ich schlafe auch wegen anderen Sachen schlecht. Ne? Das ist, darum geht's gar nicht, aber wegen dem FC Bayern, wie gesagt, nicht mehr. Ne? Einfach Hugo mal Ramon Diaz González schreibt, irre ich mich oder hat Tuchel Pavlovic weiterentwickelt?
Nee, hat er nicht weiterentwickelt. Nee. Gestehe ich ihm leider nicht zu. Wenn er Pavlovic weiterentwickelt hätte, dann hätte er ihn spielen lassen. Pavlovic durfte erst spielen, wo keine Alternative mehr da war. Nee. Gestehe ich dem Tuchel nicht zu. Sorry. Gestehe ich dem Pavlovic zu, genauso wie ich den Tell zugestehe, dass er trotz allem immer noch so performt, wie er performt. Nee. Sorry. Wenn der Tuchel auf den Pavlovic setzen würde, würde ich ihm das zugestehen. Ja, definitiv. Tut er aber nicht. Er haut ihn nur rein, wenn es nicht mehr anders geht. Ja. Von daher gestehe ich das dem Tuchel nicht zu. Nee. Und selbst wenn er der einzige Spieler ist, sagen wir, ja, Tuchel hat ihn weiterentwickelt. Ein von 24 Spielern ist dann leider auch kein Maßstab, der beim FC Bayern genügt. Ja. So, wir haben noch Bertis Live. Mich würde mal dein eigener Fußballhintergrund interessieren, wenn einer da ist. Ich bin Tischtennisspieler. Nee, mein eigener Fußballhintergrund war Bezirksliga Max. Weiter hat es nicht gereicht. Muss ich euch leider enttäuschen. Insgesamt habe ich, weiß ich nicht, 6 Jahre, 7 Jahre Vereinsfußball gespielt, aber nichts Wildes. C-Jugend angefangen, D-Jugend, dann irgendwann aufgehört, dann nochmal 2 Jahre Westfalia Rheinland, sagt euch nichts, 3. Mannschaft. Ja, nichts Wildes. Höchste war Bezirksliga. Hab aber auch früher Tischtennis im Verein gespielt. Alles, was einen Ball hat, kann er. Es wäre mal gut, wenn man Themen im Chat aufteilen könnte, nicht eine Stunde durcheinander von Kaderplanung bis Kimmich und so weiter spricht. Ja, Karl-Heinz, das wird leider nicht passieren. Das ist, nee. Sorry dafür. Dafür kannst du dir gerne Videos auf YouTube angucken. Dann musst du leider hier den Stream sein lassen. Ich weiß, dass das chaotisch durcheinander ist, aber ich will mich auch nicht hier hinsetzen und irgendwie ein Thema besprechen. Hier ist ein Kommen und Gehen. So, weißt du? Ich bespreche jetzt ein Thema, kommt einer 10 Minuten später, der will wieder zu dem Thema was wissen und so weiter und so fort. Wenn du was Strukturiertes gucken willst, guck dir gerne auf YouTube die Videos an. Also da bin ich bei einem Thema. Dafür mache ich die Videos, ja. Hier ist halt echt so für euch quasi. So, ja. Hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich analysiere jetzt groß irgendwas oder meine Meinung irgendwie. Hier ist halt so, ich gehe ein bisschen auf den Chat ein, wenn es nicht zu viel ist, was ich so selber lese, auch wenn die Mara was reinwirft. Dafür ist dieser Chat da. Für nichts anderes. Deswegen ist das ein bisschen das verstehe ich schon. Und der eine oder andere mag das nicht, das ist auch völlig okay. Aber das werde ich nicht ändern, weil das fühle ich nicht. Fühle ich, wenn ich mich hinsetze und sage jetzt, ja, so 10 Minuten mache ich jetzt das Thema, dann mache ich 10 Minuten das Thema, dann mache ich 10 Minuten das Thema. Wie gesagt, dann sind die Leute schon wieder weg, dann kommt ein neuer rein, der fragt wieder danach, dann sage ich ihm, nee, hast Pech gehabt, war vor 10 Minuten. Ist halt wild, weißt du? Nee, fühle ich nicht. Aber ich verstehe die Kritik natürlich und die ist auch gerechtfertigt. Ne? Also gar keine Frage. Nee, das brauche ich ja nicht. Kann ja auch jeder andere Trainer machen. Es wäre nur schön, wenn man mal wieder einen Trainer da wäre, der nach Leistung aufstellen würde. Guten Abend, liebe Leitgenossen, ganz genau. Servus. Bruno Labbadia, ja, Halleluja. Bruno Labbadia. Als Interimstrainer kannst du ihn nehmen, ja. Was? Und Kevin hat ja nochmal Bitties rausgehauen. Kevin, ist ganz schön frech von dir. Kevin, so jetzt nutze ich einmal die Plattform. Kai möchte unbedingt einen Fanclub gründen und möchte dann Druck von euch spüren, damit die erste Red Munich-Kutte kommt. Spaß beiseite, habe noch nie einen YouTuber so konstant geschaut und kann mich immer wieder nur bedanken für deine Talks. Als Kind habe ich mich in diesen Verein verliebt und auch gelitten. Haha, bei mir ist es genau anders herum. Mutter Schalke, Stiefvater Bayern. Ja, guck mal, Kevin. Hä? Weißt du Bescheid? Ja, Thema Fanclub spreche ich jetzt hier nicht an. Das wird den Rahmen leider sprengen. Aber danke für die 100 Bitties und die Nachricht natürlich. Ich denke schon, dass hier ein paar
paar Münchner noch dabei sind, oder? Alte Försterei wohnst du, ist ja auch schön. Ich bin Mitglied, ja, schon seit Ewigkeiten. Bertis Live schreibt dann nochmal, die Frage wegen deinem fußballerischen Hintergrund kam auf, weil du dich letztens gewundert und darüber beschwert hast, weil Tuchel in 2 Gruppen trainieren lässt. Ich habe mich nicht darüber beschwert. Ich habe ja gesagt, man kann das ja irgendwo nachvollziehen, dass die Spieler, die nicht gespielt haben, vielleicht ein bisschen mehr Training haben müssen oder ein bisschen anderes Training. Mir geht es darum, dass wir seit 11 Monaten kein Mannschaftsgefühl haben. Ja? Dass man nicht das Gefühl hat, dass eine Mannschaft auf dem Feld ist. Und wenn man dann hört, ja, die Spieler, die gespielt haben, die ja eh schon seine Lieblinge sind, weil ja immer dieselben spielen, die gehen eher vom Trainingsplatz wie die anderen, sind dann schon eher in der Dusche, sind schon eher weg nach Hause. Wie soll da ein Mannschaftsgefühl entstehen? So, ja. Ich verstehe das, dass man sagt, wie zum Beispiel sonntags, ja, alle Spieler, die nicht gespielt haben, kommen sonntags und machen eine kleine Extraschicht. So, das ist okay, das verstehe ich, ja, dass dann nur ein Teil der Mannschaft da ist. Aber wenn die ganze Mannschaft Training hat, dann zu sagen, ja, nee, die gehen jetzt schon mal, die sind dann schon mal weg, da muss man sich nicht wundern, dass kein Mannschaftsgefühl entsteht. Ja. Also, nee, das fühle ich nicht. Also, kann sein, dass es heutzutage gang und gäbe ist, mag alles sein oder kann auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, nur Amateurfußball gespielt habe, ist ja auch völlig gut. Verstehen oder gutheißen muss ich das dann trotzdem leider nicht. Welche Position hast du gespielt? Ich habe Innenverteidiger gespielt und defensives Mittelfeld. Ja. Ich war schon so der, weißt du? Der, so wie ich aussehe halt. Ich war nicht der Filigrane. Ich konnte aber auch einen ganz passablen Torwart spielen. Letztens hat mich ein 23-jähriger Junge für 26 gehalten. Ach du Scheiße. Tischtennis, affengeiler Sport, auf jeden Fall. Ja. Also wenn du die Dame nicht hörst, dann musst du ja jetzt mal ein bisschen genauer zuhören. Also eigentlich ist die jetzt laut genug. Die Dame. Johann Christ fragt, wie kamst du zu YouTube? Ich kam zu YouTube durchs Zocken. Durch meinen Zagos-Kanal, wo ich halt 7 Days gespielt habe. Bin halt schon so eigentlich der Gamer-Typ. Hab dann irgendwann einen Channel gemacht, wo ich so gelabert habe über Spiele und dann über den FC Bayern und über anderes privates Zeug. Bis ich dann irgendwann mich dazu entschlossen habe, nicht so einen gemischten Kanal zu machen, sondern den nur die FC Bayern Videos dazulassen und nur noch da FC Bayern Videos zu veröffentlichen. Und dann kam halt der Abwärtstrend und dadurch hat der YouTube-Algorithmus gedacht, ach komm, der macht jetzt seit 5 Jahren Bayern-Videos für 100 Zuschauer, für 2 Leute, die Kommentare schreiben, jetzt hat er es verdient. Jetzt spielen die Bayern scheiße, jetzt spielen wir die Videos mal in andere Sphären und Westfalia Rädern ist aus Hamm. Ja. Und da sind wir jetzt, wo wir sind. Aber YouTube mache ich schon super lange. Weiß gar nicht seit wann genau, müsste ich nachgucken. Aber halt durch Gaming, nicht durch den FCB. FCB habe ich erst ich weiß gar nicht, habe ich letztens nachgeguckt. 3 Jahren, 4 Jahren habe ich angefangen. Ist der Gerard Berger, der weiß das vielleicht. Der ist seit Anfang an dabei. Ja. Was hat Tuchel gegen Tell? Der ist ihm, glaube ich, einfach zu unerfahren und zu jung und zu stürmisch und zu wild. Ich weiß es nicht. Was hat ein Tuchel gegen De Ligt? Welche Argumente gibt es gegen De Ligt? Welche Argumente gibt es für Kimmich auf der 6? Welche Argumente gibt es in ganz schwachen Spielen, Müller für 3 Minuten einzuwechseln und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen. Also die kann ich dir leider auch nicht beantworten. Wäre es mal gut, wenn Bayern eine Saison titellos wäre? Ja, das wäre wahrscheinlich sehr gut, weil dann endlich der Verein mal die Augen öffnen würde. Das war ja das Problem oder eines der Probleme. Ich glaube auch, das war der Grund der Dortmunder, ne? Können die Dortmunder Fans hier mal reinschreiben. Ich glaube, das war der Grund der Dortmunder, warum sie uns die Meisterschaft geschenkt haben. Sonst hätte es am Ende der Saison nämlich schon richtig geknallt. Ne? So ist es, ja.
Wild. Wie wäre Fabian Hützeler von Pauli? Kann ich nicht beurteilen. Bruno ist der schönste Mann im deutschen Fußball? Nee, das weiß ich nicht. Ja, ist ja alles gut. Ich muss ja auch kein Rangnick-Fan sein, ne? Peter Neururer, wer ist das? Thorsten, ist jetzt wirklich dein Ernst, oder? Tuchel ist sicher noch der richtige Trainer. Wir müssen ihm nur Zeit geben und den richtigen Kader. Mit deinem HSV-Wappen weiß ich nicht, ob du gerade... ich dachte, ihr habt jetzt einen Trainer. Aber ihr könnt den Tuchel gerne haben. Können wir tauschen gegen den Baumgart, ist kein Problem. Wie oft findest du Zeit, live vor Ort ein Spiel anzuschauen? Das hängt davon ab, wie oft ich Karten für die Südkurve kriege, was super selten leider ist in letzter Zeit. Von daher leider nicht oft. Letztes Spiel war Supercup 0:3 gegen Leipzig. Ja. Dann war noch mein Kevin. Kai, mich würde mal echt interessieren, wie lange du Mitglied bist und wie niedrig deine Mitgliedsnummer ist, damit ich so eine grobe Vorstellung habe, wie lange sowas dauert. Wie lange, weiß ich nicht, Kevin. Mitgliedsnummer kann ich dir gleich sagen, warte. Ach doch, steht drauf. Mitglied seit 2006 erst. Und Mitgliedsnummer 73.469. Ja. Aber so kannst du ja nicht rechnen. Das war ja noch vor dem Mitgliederboom, wo ich Mitglied wurde. Das heißt, so viele sterben ja nicht pro Jahr, dass du so schnell runterrutscht. Also das wird leider nichts, Kevin. Da muss ich dich enttäuschen. Magst du auf Fernsehen gucken? Nee. Also ich gucke Fernsehen nur Fußball, sonst gucke ich kein Fernsehen. Gucke natürlich hier mal so Amazon Prime, Stargate, SG1 gucke ich gerade. Abends so 1, 2 Völkchen, aber nee, ich bin sonst keiner, der Fernsehen guckt. Kannst du die Hintergrundbilder mehr variieren bzw. dein Zimmer zeigen? Ja, könnte ich, wenn ich da Lust zu hätte. Habe ich auch schon mal überlegt, noch andere Hintergrundbilder, aber ja, für die Leute, die natürlich schon lange dabei sind, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir haben ja ganz, ganz viele, weil es ja gerade wieder so super läuft beim FC Bayern, die neu da sind, und da ist so der Blick in die Arena schon so das Geilste, finde ich. Na klar kann ich das mal, ich hatte schon überlegt, so Olympiastadion oder so, oder vielleicht auch mal ein paar Choreos und dann so vielleicht auch durchwechseln lassen automatisch. Muss ich mir mal Gedanken zu machen. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja. Ja, für die nächste Saison kommt als Hintergrundbild einfach ein Foto von den Titeln. Und ihr sagt, ihr habt eine nette Stimme. Was ich wollte dir nur sagen, der zieht dir bei der Niederhosen aus, dass er nicht geklappt hat gegen Bochum. Den verstehe ich nicht, den Satz. Wann kommt eigentlich mal ein Gaming-Stream? Hast doch mal erzählt, du spielst Schlacht um Mittelerde. Ja, in der Regel streame ich 2-mal oder 3-mal die Woche Gaming, ja. Aber nicht auf dem Red Munich-Kanal, sondern auf dem Zagos-Kanal natürlich. Habe ich die letzten 2 Wochen nicht, wegen privaten Dingen. Ja. Was hältst du von Sebastian Hoeneß? Jo, ich denke, er zeigt gerade, dass er ein fähiger Trainer ist in Stuttgart. Die Spiele sind seit Wochen nur noch zum Kotzen. Ich freue mich schon jedes Mal auf deine Videos, ziehe ich mir absolut gerne rein. Simon, danke, das freut mich natürlich zu hören. Und ja, Spiele sind gerade echt wild, ne? André, Grüße. Kommt Olli auch noch dazu? Nee, Olli kommt heute nicht dazu. Aber Olli hat einen eigenen Kanal, da könnt ihr ja gerne mal gucken. So, und sitzt bei uns auf der Bank. Das wäre cool, ey, das wäre mal ein Bild. Wenn der Tuchel da mit so einem Sauron-Helm sitzen würde. Wie alt bist du? Ich bin 75er Baujahr.
Holt man zu viele Spieler, die noch kein Deutsch können und dass da vielleicht die Integration schwerer fällt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, ja, wo man so in diesen Klischees denkt, so wie früher noch so nur 3 Ausländer oder 3 Nicht-EU-Ausländer und diesen ganzen Scheiß. Ich glaube, diese Zeiten sind lange vorbei. Also. Das glaube ich nicht. Das kommt schon oft drauf an, wie die Spieler sich in den Verein integrieren und wie sie auch dieses Mir-Samir-Gefühl aufnehmen. Guckt euch, keine Ahnung, neben Lisa Razou, Willi Sagnol, Ribéry, Robben, Mackay und so weiter, gehen die ganzen ausländischen Spieler durch, ja, die komplett integriert waren und auch von Tag 1 an, nee, also klar ist es schön, wenn Spieler dann auch Deutsch lernen, ja, also dass so ein Guerrero kein Wort Deutsch spricht, obwohl er seit Jahren in Dortmund spielt, ist eine Farce, da gehe ich schon mit, aber nein. Das kommt auf den Charakter mehr an, als wie auf irgendeine Sprache. Also gerade in der heutigen Zeit ist Englisch, gerade im Profifußball, unumgänglich. Ja. Also, nee. Glaube ich nicht. So, dann haben wir den Simon, der schreibt, könntest du bitte mal deine Twitch-Subliste anpassen bei dem Ende deiner YouTube-Videos? Ja, das habe ich heute getan. Gut, oder? Wenn du hier vorher geguckt hast, siehst du aber auch bei Streamende nochmal, dein Name steht da schon drin. Mach dir keine Sorgen. Ist alles im Auge. Ich glaube, wenn Müller nächste Saison die Karriere beendet, wird der Trainer bei uns. Ich glaube das nicht. Da haben wir in der Vergangenheit nicht die Eier zu gehabt und werden wir auch in Zukunft nicht die Eier zu haben, weil da einfach auch zu viel dranhängt, als zu sagen, vielleicht in 3-4 Jahren, wenn er Jugendtrainer wird, bla, Sülz. Aber auch da hat man die Eier zum Beispiel nicht bei Mehmet Scholl gehabt und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, Müller wäre, glaube ich, echt in der Jugend, glaube ich, besser aufgehoben wie woanders. Ich glaube, das sieht man auch so, dass er gut mit jungen Spielern kann. Aber wer weiß, wir werden sehen. Vielleicht hat er aber auch gar keinen Bock, Trainer zu werden, wer weiß das schon. Ich glaube, die wollen die Saison einfach zu Ende bringen und dann diese Trainersuche in Ruhe beginnen. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die warten alle auf Max Eberl. Als ich gegamed habe, hat er einen Dreieckstriche auf Kreise geschossen. Ja, da habe ich auch angefangen. 12 Millionen für Scheiße bauen verdienen. Ich will mich schon mit einer halben Million für Scheiße bauen zufrieden geben. Legionär fragt, hast du dir schon mal überlegt, Trainer zu werden? Nee. Früher mal, ja. Früher war das eine Zeit lang Trainer. Simon, 52.000, naja, jetzt werde ich ja auch nicht mehr einholen. Früher gab es ja mal eine Zeit, wo ich das überlegt hatte, wo Fußball halt viel mehr im Fokus war in meinem Leben. Aber irgendwann kam dann die Umschulung im IT-Bereich, dadurch kam mehr Zeit mit Rechner, dann kam die Zockerei dazu und dann war das Thema eigentlich vom Tisch. Ja. Nächste Saison müssen Strukturen aufgebrochen werden und neue kreiert werden. Ja, aber das muss ja eigentlich schon lange leider, ne? Machen wir Stadion-Vlog, aber da gibt es auch genug, die das schon machen. Habe ich auch schon mal erklärt. Nee, kann ich nicht. Also wenn ich im Stadion bin, dann bin ich im Stadion, dann stehe ich in der Südkurve oder stehe irgendwo anders. Und dann ist der Fokus auf Support und auf Spiel. Und nicht da ein Handy zu halten, da reinzulabern. Oh, geil, ich bin hier in der Kurve, Alter. Hier ist voll geil, ne? Voll geil. Dafür fahre ich nicht ins Stadion, Leute. Da sitze ich hier, dann kann ich euch irgendwas erzählen. Wenn ich im Stadion bin, stehe ich in der Kurve und gucke Fußball und mache nicht irgendwelche Videos. Ja? Da muss ich einen extra Kameramann arrangieren, aber selbst dann gucke ich nicht in seine Kamera und erzähle ihm irgendwas. Wenn ich da bin, gucke ich das Spiel und dann wird die Mannschaft unterstützt. Und stelle mich nicht dahin und halt mir ein Handy in die Fresse, Alter. Da gibt's aber genug auf YouTube. Ja? Könnt ihr euch doch einfach die angucken. Ist doch alles gut. Genau, der Songsurfer Korb schreibt, 300.000 Mitglieder, aber nur 1.600 sind bei der Jahreshauptversammlung. Machst du von deinem Wahlrecht Gebrauch? Nee, habe ich leider nicht Gebrauch gemacht. Wir haben uns die angeguckt. Ich habe das auch hart kritisiert, dass da Sachen abgestimmt wurden mit dem kleinen Prozentsatz, der da ist, dass es nicht möglich ist,
per Briefwahl abzustimmen oder online abzustimmen, ist leider eine Farce und absolut, also der FC Bayern und die Digitalisierung ist nicht vorhanden. Ja, das sieht man auch auf den Pressekonferenzen. Das war leider eine absolute Farce. Ja, ich meine, du kannst ja immerhin dich mit deiner Mitgliedsnummer oder mit deinem Account, loggst dich auf der Bayern-Seite ein, kannst Tickets bestellen. Da kann es auch nicht so schwer sein, in diesem Prozess, ja, einen Button hinzumachen, wo das Jahreshauptversammlung war, eine Woche vorher. Das ist das Thema, deine Stimme bitte dazu. Wäre gar kein Problem gewesen. Ja. Ist eine absolute Farce, weil ich bin ja nicht der Einzige, der über 600 Kilometer von München entfernt wohnt. Es gibt ja ganz viele Mitglieder, die in ganz anderen Ländern wohnen. Und das ist absolut eine Farce, dass da so wichtige Entscheidungen getroffen werden mit 1000 Mitgliedern, die da sind von 300.000. Das ist eine Frechheit. Ja, eine absolute Frechheit. Ganz, ganz hart zu kritisieren, leider. Ja. Genau, ihr habt auch nicht auf den Hintergrund zu gucken, sondern nur auf den hübschen Mann. Genau, und jung, das ist das Wichtige, genau, ganz genau. Hast du vor, mit anderen FCB-Streamern live zu streamen, während und nach dem Spiel? Nein. Bin Eigenbrötler, ich bin ich bin auch mit keinem vernetzt irgendwie, habe ich auch kein Interesse dran, habe ich gar nicht die Zeit für, mich da irgendwie mit irgendwelchen Leuten da zusammenzufinden und einzugehen. Das ist ja auch wie beim Gaming, ja. Ich mache das ewig schon mit dem Gaming und auch da, nee, bin ich einfach nicht. Tut mir leid, Leute. Da muss ich euch enttäuschen. Wenn da mal jemand auf mich drauf zukommen sollte, ja, kann man da mal vielleicht mal einmal irgendwie was machen oder sowas. Da will ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen, aber sowas jetzt, ich bin der Eigenbrötler. Ja, ist einfach so. Wenn es irgendwie geht, so ein Talk, oder wo ich meine Meinung sagen soll, habe ich da kein Problem mit. Aber jetzt zu sagen, ich vernetze mich da und gehe mit denen da und da, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und kein Interesse. Nee, danke. Leider nicht. Kai, geh mal zur Seite, muss den hübschen Mann sehen. Ja, das breite Kreuz versteckt den immer. GB. Bist du bei der nächsten Mitgliederversammlung am Start? Ja, das ist eine gute Sache. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn ich da hingehe, muss ich einen Wortbeitrag halten. Von daher schauen wir mal. André, vielen Dank für den Fünfer. Thomas Müller bis zum Saisonende, ich kann nicht mehr sprechen, als Spielertrainer. Vielleicht haben die anderen wieder Bock, Fußball zu spielen. Ja, wild, habe ich vorhin schon gesagt. Ich kann auch mal den Sound anmachen. Nee, wilder Take leider, ne? Ich weiß nicht, ob so viele den Müller ernst nehmen würden. Und wie gesagt, es wäre ja auch gar nicht möglich. Weil er keinen Trainerschein besitzt, ne? Ich weiß nicht, inwieweit das möglich wäre. Ich glaube, es gibt so eine temporäre Geschichte, oder? Ich glaube, der Tuchel ist weg nach der Saison. Ja. Ich glaube, Tuchel wird schon weg sein, wenn Eberl anfängt. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Thomas Müller bis zum Saisonende als Spielertrainer. Vielleicht haben die anderen wieder Bock, Fußball zu spielen. Gerard Berger schreibt, die wollen ein Bild von deinem Zimmer, Bett, Schublade, Badezimmer, Frau und Hund und Katze. Nicht Auto und Haus, oder was? Ich dachte, ich könnte jetzt schön mal ein E-Mini zeigen und mal ein bisschen in die technische Richtung gehen. So ein Mist. Hermann gerne als Interimstrainer zurückholen. Ja, schwierig, ne? Für ein Vermummungsverbot auf der Bank in der Bundesliga. Ja, da es ein Vermummungsverbot für Fans gibt, sollte man das auch für Trainer einführen. Bin ich bei dir. Jean-Pierre Popin. Simon schreibt, komme aus Würzburg, fahre jede zweite Woche 200 Kilometer, bin im Fanclub und der Fanclub ist alles Fahrer. Also alles geht quasi zu jedem Spiel. Eine Karte für mich habe ich immer sicher in der Südkurve. Ja, ist ja super. Ich hoffe, du bist dann auch einer in der Südkurve, der auch wenigstens Stimmung macht. Nicht wie 80% der Fanclubs, die da stehen und ihre Fresse halten. Könnten wir auch ein extra Stream zu machen. Könnte ich mich richtig drüber echauffieren, was in der Südkurve stimmungsmäßig los ist mit den ganzen Fanclubs, die da stehen und irgendwelche Karten bekommen. Das ist jetzt nichts gegen dich oder so oder gegen deinen Fanclub. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr einer der Fanclubs, die da auch hinfahren, um Stimmung zu machen.
Aber wenn du da teilweise siehst, wie viele Fanclubs da stehen, die da einfach stehen und nicht die Zähne auseinanderkriegen, da könnte ich echt eskalieren. Tut mir leid, ey. Da stehen die ganzen alten Männer und keiner kriegt die Zähne auseinander und die 15-, 16-Jährigen, die vorne, die Schickeria, die 10 rein, die machen Stimmung. Es ist ein Trauerspiel, ey. Hier muss ich was zu sagen. Aber will sich der FCB wirklich die Blöße geben und irgendwann als Hot-Seat-Verein gelten? Dieses Argument haben wir jetzt auch schon öfter gehabt, die letzten Mal öfter gelesen. Sorry, fühle ich nicht. Sollen wir deswegen sagen, wir behalten einen Trainer, der den Verein vor die Wand fährt? Nee. Hot Seat, guck dir gerne meine Analyse an, was falsch läuft. Da haben wir uns die letzten Trainer angeguckt. Dann, wenn dem so ist, sind wir schon lange ein Hot Seat Verein. Ja? Es waren die letzten 5 Trainer, aber keiner wird länger wie 2 Jahre da. Also. No. Wenn es so weiterläuft, wie ich schneller eingeholt, als du denkst. Nee, das glaube ich nicht, Kevin. Kannst du mal einen Reaktionsstream während des Spiels machen? Ja, das habe ich schon öfter gehört. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das wirklich unterhaltsam wäre. Vielleicht werden wir das mal ausprobieren, ja. Ich meine, die Meisterschaft ist durch. Wenn nicht jetzt in der Saison irgendwann, wann sollten wir es sonst ausprobieren, ne? Ja. Vielleicht probieren wir das mal aus, ja. Martin, danke. Kenne dich erst seit dem Leverkusen-Spiel. Ich bin kein Fußballfan oder so, aber du bist der Hammer. Ich könnte deinen Rage stundenlang zuhören. Ja, guck mal, ist doch schön. Müller wird 100% Trainer, hat er schon mal gesagt sogar. Aber halt nicht direkt nach der Karriere bei Bayern. Ja, das hat... Wie gesagt, da muss man immer abwarten. Es gibt so viele, die das schon gesagt haben oder die gesagt haben, ich werde es 100%ig nicht und so weiter. Haben dann ihre Meinungen geändert. Also immer mal abwarten. Wäre natürlich schön, wenn der Müller irgendwie dem Verein erhalten bleibt, auf jeden Fall. Das ist ja gar keine Frage, ne? Ja, Jahreshauptversammlung habe ich ja schon was zu gesagt. Die Leute nicht noch auf Ideen. Fürs Wahlrecht muss man vor Ort sein, ja. Du solltest mal auf die vielen Verletzten eingehen. Das Prunkstück war früher immer die medizinische Abteilung. Ja, aber die Diskussion hatten wir ja, wann war das? Ich weiß, kann es gerade nicht verifizieren. Ich nehme das jetzt einfach mal, was hier drin stand. 2015, ich sag mal angeblich, da haben wir die Diskussion auch gehabt. Ne, da ging das ja auch schon los. Da war ja auch dann, weiß ich nicht. Ich kann es von außen halt wirklich gar nicht beurteilen, woran es liegt. Ob es am Training liegt, dass man zu hart trainiert, dass man zu lasch trainiert. Ich meine, im Training ist alles super geil, da sind wir überragend und im Spiel kriegen wir nichts auf die Kette, was ja schon irgendwie zeigt, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmt zwischen Training und Spiel. So, liegt es jetzt daran, dass wir zu lasch trainieren? Liegt es daran, dass wir zu hart trainieren? Irgendwas muss ja sein, irgendwas muss ja geändert werden. Und ja, mal durch Wohlfahrt und so weiter, ich weiß nicht, wie die medizinische Abteilung aufgestellt ist. Ich habe davon halt null Plan. Leute, was soll ich da jetzt philosophieren oder sagen? Ja? Ich weiß nicht, ob da Physios sind, ob da Ärzte sind, die irgendwie, was weiß ich, für Qualifikationen haben. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Nulpen sind. Also so viel Vertrauen sollte man zum Verein natürlich schon haben. Aber natürlich dieses Jahr, die Verletztenliste ist wieder sehr auffällig. Ja, und da muss man natürlich in die Ursachenforschung gehen. Aber das können wir, oder ich persönlich kann das auf jeden Fall von außen gar nicht. Also ich wüsste nicht wie. Ja. Ich kann das beurteilen, was ich auf dem Platz sehe. Das ist aber das Einzige. Ich kann nicht beurteilen, was da im Hintergrund läuft. Hast du schon mal Fußballmanager gezockt? Ja. Früher war ich süchtig nach Fußballmanager, Anstoß. Fußballmanager auf dem Amiga 500, dann später natürlich Anstoß 3, beste Fußballmanager, wo gibt. Letzte Fußballmanager, den ich gespielt habe, ist was gewesen? Ich habe es letztes Mal schon erzählt. Warte, ich muss mal Steam aufmachen. Der neue Anstoß habe ich noch nicht reingeguckt, weil das total buggy ist. Wie hieß er denn hier? Jetzt kann ich hier nicht suchen, Alter. Habe ich Dynamo Dresden gekriegt. Habe ich natürlich zum Aufstieg geführt. Ist ja keine Frage, ne? Alto Belli. Nee, habe ich letztes Mal sogar schon mal überlegt. Mal nochmal eine Runde zu spielen. Aber die Zeit und private Sachen, die letzten Wochen war
War wild. Von daher, nee. Schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Hinten jetzt auch gerade nicht, Alter. Auf jeden Fall, ja, Football Manager, wenn du den genau meinst, war 2019 der letzte, aber ich habe von diesen Deutschen hier. Ihr wisst doch bestimmt, ihr seid doch alles Fußballfreaks. Ich habe halt einfach zu viele Spiele in Steam, Alter. We Are Football. Guck mal. We Are Football habe ich gespielt. 16 Stunden. Wie gesagt, habe ich Dynamo Dresden zum Aufstieg geführt. Paulus, danke. Wenn du irgendeinen neuen Trainer für den FC Bayern wünschen könntest, wer wäre das? Haben wir letztes Mal schon gehabt, die Frage. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Ich würde entweder ihn oder Guardiola gerne nochmal bei uns sehen, aber wird leider beides nicht passieren. Zwei Dinge würden sofort helfen. Neuer, starker Trainer, den man gewähren lässt und das Leistungsprinzip, dem sich alle unterwerfen. Alto Belli. Ja, aber da müsstest du halt so einen holen. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Dann brauchst du so einen. Ja, wir bauen Fußball schön auf. Ja, wir bekommen keine Online-Wahl hin, weil wir das nicht wollen. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Zumindest jetzt nicht bei dieser letzten Geschichte, weil sonst wäre diese Abstimmung niemals so locker flockig ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Ja. Beim Tischtennis geht es auch um Taktik. Eine Live-Bericht. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Das müsste man halt erstmal abwarten. Guck mal, da haben wir den Twitch-Admin als Tuchel-Fan mit seiner Meinung. Siehst du die? Oder soll ich sie dir Hätte vorlesen? ich gerne mal eine Quelle, die nicht Müller Insight heißt. Haben wir es nicht gehört? Frech. Warte kurz. Das soll Müller gesagt haben, dazu hätte ich gerne mal eine Quelle, die nicht Müller Insight heißt. Ja, wie gesagt, wild. Ja, ich gehe den Chat ja von oben nach unten gerade, wa? Aber du kannst das gerne dazwischen werfen, wenn du willst. Ist mir zu viel. Ja, siehst du, dann komme ich da doch gleich hin. Lass dich nicht so trollen wie damals den Drachenlord. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich, Alter. Rot-weiße Grüße nach Wien. Tennis ist wie Tischtennis, nur steht man auf der Platte. Nee. Nee. Ich habe auch Tennis gespielt. Nee. Nein. Wie wäre es mal ein Doppelpass? Boah, hätte ich Bock drauf, wenn mich da mal jemand einladen würde? Oder meinst du im Publikum? Da darf ich ja nichts sagen. Tuchel wollte sich vor Corona schützen, ja. Aber der Tuchel ist ja auch schon geschippt, also von daher. Georg, vielen lieben Dank. Nur Jupp Heynckes kann ich. Jupp ist zu alt, Alter. Jupp, natürlich. Wenn der Jupp 15 Jahre jünger wäre, wenn der Jupp jetzt an der Seitenlinie stehen würde, wenn der den Fußball sieht, den er gerade ist, da musst du Angst haben, dass er nicht einfach umfällt. Also, ich glaube, der kriegt schon zu Hause zu viel. Das ist ganz wild. Ja gut, auf die Bundesregierung brauche ich hier nicht eingehen heute. Naja, den Kane hätte man aber auch geholt, wenn Tuchel nicht der Trainer gewesen wäre. Ja, weil man natürlich realisiert hat, dass es ohne Stürmer, was der Nagelsmann leider ausbaden musste, nicht geht. Ja. Schlimmer sind die Fans, die nur zum Saufen ins Stadion fahren, da bekomme ich zu viel. Dann lieber die Klappe halten, als besoffen da rumzumachen. Der Meister! Ja. Simon giftet it hier 1 Sub du 22 Mara 06. Das ist der First Gift Sub in the Channel. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Da stimme ich dir auch voll zu. LP Simon, danke für dein... Ja, ist auch frech, dass die Mara den Prime hier nicht aktiviert hat. Schon frech. Vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub und natürlich Optimus Prime, vielen lieben Dank für 5,99. Danke, Simon. Bayern hat angeblich Solskjaer als Interimstrainer auf dem Zettel.
Ah, ja. Ja. Plätti hat gerade gepostet, dass wir sie dann in der Hinterhand haben. Probier das mal aus, da können wir auch Feedback geben. Ja, ich weiß, ich müsste das mal ausprobieren. Ich konnte mich da bisher noch nicht so durchringen mit der Live-Reaction. Aber vielleicht tun wir das mal. Hättest du Nagelsmann lieber länger gehalten oder war bei Nagelsmann für dich auch schon ein scheidender Trainer? Der Zeitpunkt war der völlig verkehrte. Ich habe da damals auch ein Video zu gemacht. Wenn dich das tiefer interessiert, guck dir das sehr gerne an auf meinem Kanal. Das wirst du da finden, wenn du mal Nagelsmann guckst. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ganz genau. Entweder hätte man den Nagelsmann, wie ich vorhin schon sagte, wenn du jetzt einen Trainer holst, musst du sagen, das ist unser Trainer die nächsten 3 Jahre, Punkt. Ja? Das hätte man machen tun beim Nagelsmann. Oder man hätte ihn vorher entlassen sollen. Aber dieser Zeitpunkt, der war so dass da auf einmal ein neuer Trainer übernehmen soll. Das war völliger Schwachsinn. Ja? Das Schönere wäre natürlich gewesen, man hätte sich hinter den Nagelsmann gestellt, dann hätte der Nagelsmann auch das machen können, was er gerne machen wollen würde, was er so nicht konnte, weil die Führungsspieler, der Mannschaftsrat sich natürlich bei der Vereinsspitze die ganze Zeit ausgeheult hat. Ja? Das war das große Problem vom Nagelsmann leider. Ja. Und er musste so viel moderieren um den ganzen Verein drumherum, weil so ein Brazzo und so ein Olli gar nicht zugegen waren. Also, ja. Müller-Wohlfahrt fehlt. Ja, natürlich fehlt er, aber ich meine, der sieht zwar aus wie 50, ist aber schon gefühlt 120. Und der Trainer von der Meister. Ist halt irgendwann vorbei, ne? Ja, Müller wird bestimmt eine Stelle bekommen. Ja. Botschafter. Bitte dich. Botschafter werden. Von der Trainer von Botschafter werden so die zweite Garde gefühlt. Ja, na klar ist das Argument mit Dyer und Ersatzspieler Tottenham Quatsch. Also. Hältst du Tuchel für einen Flop bei Bayern? Ja. Was nicht heißt, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Das heißt einfach, dass er nicht zum FC Bayern passt. Müller-Wohlfahrt hat mehr oder weniger zugegeben, dass er Spieler auch mal krankgeschrieben hat, wenn er sah, dass eine Verletzung sich anbahnt. Das hat ihm ja bei Guardiola den Job gekostet damals. Ja, Müller-Wohlfahrt war schon oder ist eine Koryphäe auf sein Gebiet. Ja, also der hat das schon. Ja, das ist ja auch was ich bei uns so ein bisschen vermisse. Ne? Aber das liegt halt auch daran, wie ich schon sagte, dass wir nicht diese Sache haben, wo man sagt, wir haben 15, 16, 17 Spieler wie unter Jupp, unter Ottmar. Das gibt's ja beim Tuchel nicht. Ne? Du siehst ja, der Opa kommt aus einer Verletzung, ist 2 Tage wieder im Mannschaftstraining, bam, zack, Stammspieler. So. Ja. Mats Raue kommt gerade aus einer Verletzung, kommt vom Afrika Cup zurück, zack, rein, muss spielen. Ja, also das ist halt auch von der Trainerseite ziemlich wild, muss man leider sagen. Der FCB hat ja genug Führungsspieler, nur leider auch zu viele Spieler, die sich nichts sagen lassen wollen, ist zumindest mein Eindruck. Nee, ich glaube nicht, dass wir genug Führungsspieler haben, wie. Ja, kommt drauf an, wie man Führungsspieler halt sieht, ne? Wie man welche Definition man hat. Gut, ich bin angekommen beim Twitch-Admin. Hallo, ich als Tuchel-Fan melde mich auch in dieser schwierigen Lage. Nun glaube ich auch nimmer, dass Thomas Tuchel und Bayern zusammenpassen. Schuld trägt auch Tuchel mit seinen Entscheidungen, Dyer draußen, Tell draußen, Schuppo rein und so weiter. Aber auch die Spieler mit ihrer Sattheit und die Kaderzusammenstellung. Stimme ich dir zu. Holding Six hätte man im Sommer holen müssen, wenn dem Trainer das wichtig ist. Schade, das alles nun. Dachte heute Entlassung, aber irgendwie wären dann die Spieler wieder fein raus. Na gut, die Spieler sind immer fein raus. Da müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen, oder? Die Spieler sind nur nicht fein raus. Der Meister! Wenn sie keine Titel holen, was die Saison passieren wird. Ja? Dann sind die Spieler nicht fein raus. Ansonsten sind die Spieler immer fein raus. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber ansonsten stimme ich dir natürlich zu, ja.
Ich habe es ja auch gesagt in meinem Analysevideo auf dem YouTube-Channel, dass es nicht Tuchel alleine seine Schuld ist. Ja. Auch die Vereinsführung. Aber am Ende des Tages stellt Tuchel halt einfach diese Spieler auch auf. Ja. Auch diese Spieler, die nicht performen, stellt Tuchel halt auf. Anstatt sie einfach mal rauszunehmen. Das ist ja das, was schade ist. Ne? Tuchel predigt das auf der einen Seite und Wir sind tut es dann schockverliebt nicht. in meine Mannschaft. Also ich Ganz genau. fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Weil er schockverliebt war und dann ist nichts mehr passiert. Ne? Bei der WM 2018 in Russland Was das haben Allerwichtigste einige ist, weil wir wissen, dass er ein Spieler guter Kerl ist. Bei der WM 2018 in Russland haben einige Spieler bis spät in die Nacht gedaddelt. Meinst du, dass Spielsucht bei einigen Fußballprofis ein Problem ist? Von welcher Spielsucht reden wir? Von der Computerspielsucht oder von der Spielsucht zum Beispiel Pokern, Sportwetten? Definitiv ja. Ja, definitiv ja. Da wollen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, ey. Das sind halt auch alles Menschen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Van Gaal ist ein Meister seines Fachs, auf jeden Fall. Auch mal schauen, ob die Leute privat auch auf ihre Gesundheit und Fitness achten. Siehe Neuer mit Skilaufen. Ja, das kann man den Neuer auch nicht verzeihen, muss man fairerweise sagen. Dürfte ich dich fragen, aus welcher Stadt du kommst? Ja, aus Aalen. Geboren bin ich in Hamm. Ich bin Hammer. Geborener Hammer. So, jetzt Was darfst das du. Allerwichtigste ist, weil wir Wir wissen, haben dass den er ein guter Optimus Kerl ist. Prime Der mit seinem FC Sub Bayern wird auf noch Twitch Champions League-Sieger und dieses Jahr Kappa Kappa. auf YouTube sein Abo von 5,99. Optimus Prime, vielen lieben Dank dafür. Guck mal, kriegst du sogar noch immer extra vorgelesen von der Mara. Ist das nicht Service? Und Song Surfer Corp, natürlich dir auch vielen lieben Dank. Ne? Können wir gleich nochmal drauf eingehen, gerne. Thema Spielsucht. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht neu. Ne? Das Thema, wenn wir jetzt ich weiß ja nicht, welche Spielsucht du meintest, musst du vielleicht nochmal reinschreiben, dann können wir da vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen. Wo kommen wir denn dahin, wenn man Mitbestimmung hätte? Ja. Xabi Alonso als neuer Trainer hat sich bei Leverkusen bewertet. Ja, natürlich wäre es ein cooler Zug. Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Im Tor Peretz, Ulle oder doch Manu? Ja gut, Peretz ist verletzt. Peretz hat man ja auch nur geholt, weiß ich nicht, aus Alibi. Auf jeden Fall auch kein Tuchel-Transfer. Und Tuchel ist ja auch nicht doof im Kopf. Deswegen hat er ja auch Manu von vornherein den Rücken gestärkt. Deswegen ist Manu ja auch noch voll hinter ihm zu 1000%. Hat er schon schlau gemacht. Ganz schwierige Geschichte, die Torwart-Situation. Erst recht nächstes Jahr, wenn dann ein Nachfolger gefunden werden muss, den man hätte, wenn man ihn mal aufbauen würde. Aber das tun wir ja auch wieder nicht. Warte, wo ist das? War das Twitch? Warte, da muss ich hochscrollen. Der FC Chelsea hat gehört, dass Harry Kane beim FC Bayern nicht glücklich ist und in der Premier League zurückkehren möchte. Die Blues wären bereit, die Ablösesumme in Höhe von rund 95 Millionen Euro zu zahlen, die Bayern vergangenen Sommer an die Spurs bezahlt hat. Quelle Football Insider. Yeah! Wahrheitsgehalt 0%. Vielen lieben Dank. Von der Trainer von der Meister. Wild. Simon gifted it here. Brauchen wir einen Abräumer vor die Abwehr? Im Tuchel-System ja. They have given 2 gift subs in the channel. Ansonsten vielleicht nein. Es kommt halt drauf an, wer Trainer solche Spielsysteme man spielt. Ne? Weiß ich nicht. Simon, vielen lieben Dank für dein verschenktes Abo, ne? An Olli. Hast du noch Zeit für Frau und Kind mit dem FC Bayern? Ich werde schon von meiner Frau kritisiert, wenn ich mit dir so lange diskutiere auf dem D-Chat. Ja, das müsste dann die Mara besser beantworten als ich, wa? Ich denke mal, das ist eine Erziehungsfrage, ne? Also, ich finde es gut, so wie es ist. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Bei all den Eiern, die aus der Hose gefallen sind, machst du den Osterhasen. Ja, ich hab schon einen Keller voll hier.
Ist kein Problem, Chico. Vergabe war zwar wichtig für den FC Bayern, aber er hat auch heftige Ecken und Kanten. Er wollte kein Neuer, wollte Ribéry aussortieren und hat Lucio vergrault. Ja, na klar. Natürlich hat er heftige Ecken und Kanten gehabt, aber er war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ohne Wenn und Aber. Optimus Prime, nochmal vielen lieben Dank. Jupp kümmert sich um seinen Garten in Gladbach. Ich sag ja Eier, so. Wir brauchen Eier. Ganz genau. Olli, also meiner Meinung nach darf man nicht bis zum Ende der Saison mit der Entlassung warten. Tuchel macht die Teamchemie noch mehr kaputt. Er hat genug Argumente geliefert, das auch vor der Presse zu erklären. Wobei das egal sein sollte. Ich denke, eine Interimslösung wäre angebracht und wenn es gut läuft, verlängern. Aber sorry, für was wohl Nagelsmann entlassen? Wie viele Fehler soll ein Trainer noch machen? Wie psychisch kaputt soll dieses Team noch gehen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Meisterschaft ist abgefahren. Also es wäre jetzt zu spät. Ja? So, du würdest dich jetzt wieder, ähnlich wie bei Nagelsmann, der Zeitpunkt, keine Ahnung. Du musst schon echt dann jetzt nochmal gegen Leipzig verlieren. Und dann nochmal gegen Freiburg wahrscheinlich. So, dass du wirklich dann sagst, so die Champions League Qualifikation ist in Gefahr. So, dann hast du ein Argument. Ein dicker Guss von der Trainer von der Habt ihr nicht ohne Stürmer mehr Tore geschossen als jetzt? Nee, ich glaube nicht. Tier 1 sub 2gb_fcb. They have given 3 gift subs in the channel. Sehen nochmal vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub an GB. Schweinsteiger, neuer Bayern-Trainer. Eieiei, nee. Schaust du BVB auf Prime? Champions League meinst du? Nee. Habe ich leider keine Zeit für aktuell. Das letzte von Matze Knob. Nee, habe ich mir noch nicht reingezogen. Irgendwie sein Tuchel-Gedöns. Ansonsten, ja, früher fand ich immer ganz okay. Den Matze Knob kann ich mir leider nicht geben. Sowas. Egal wer kommt, Opa muss weg. Der Junge bringt nur Pech. Ja, ist ein harter Ansatz. Haben wir vorhin schon mal ein bisschen was zu gesagt zu Opa. Ich denke auch, dass Alonso da bleibt, wo er ist. Ja. Gehe ich auch von aus. Steht Sebastian Schweinsteiger vor der Rückkehr zum Münchner Sportverein. Als was denn? Defensiver Mittelfeldspieler oder was? Nee, glaube ich nicht. Kane ist aber gekommen wegen Tuchel. Der hat ihn überredet, ansonsten wäre geblieben. Aha, wer sagt das denn? Harry Kane selber oder was? Glaube ich nicht. Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Nübel sollte beim FC Bayern die Nummer 1 werden. Neuer, seine Zeit ist vorbei. Er hat ja noch manchmal Probleme mit seinem Knie. What the fuck? Ja, das wird doch nicht weniger werden beim Neuer. Kane ist aber gekommen wegen Tuchel, der hat, achso, das hatten wir, unsere Führung hat keine Eier, da fällt auch nichts mehr aus der Hose. Chibi, da bist du aber auch wieder grantig heute, ne? Live-Reaction wäre schon cool, dürfte allerdings aus rechtlichen Gründen nicht so einfach sein. Nee, das Spiel zeigen darf man natürlich nicht. Naja, das steht ja leider außer Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob man den Sound abspielen dürfte. Oder ob man irgendwie einen Radiosound vom FCB abspielen dürfte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht drin in dieser Materie. Müsste ich mich halt auch erstmal schlau machen. Wenn du Nagelsmanns Entlassung anschaust, gleiche Scheiße wie jetzt. Ja, nur, dass da die Situation nicht so prekär war. Ne? Chico? Das ist das ja. Also da war jetzt nicht so die Situation, wie sie jetzt ist. So, Meisterschaft aussichtslos, Pokal, gut, Pokal, ja. Champions League, das war ja nicht gegeben. Also, ganz wild. Müller muss raus, der ist zu alt und 20 Millionen im Jahr eine Frechheit. Mehr als 20 Millionen leider. Und ja, das finde ich auch eine Frechheit. Ich fand es sehr schade, dass Nagelsmann gehen musste. Ich fand die Spiele unter ihm sehr unterhaltsam. Das waren sie auf jeden Fall, ja. Man hatte immer genug, worüber man sich freuen und aufregen konnte. Es war perfekt. Aktuell haben wir ja nur Spiele, über die man sich aufregen kann. Wir haben ja nichts in diesen Spielen, worüber wir uns freuen können. Ne? Das ist ja das Grase, dieses Diskrepanz, nenne ich es mal.
Phil Cobain fragt, wer ist für dich der beste Spieler, den du je gesehen hast? Kann im TV, live etc. sein. Nee, kann ich dir nicht beantworten. Haben wir schon mal gehabt, diese Fragen. Nee, dafür gibt es einfach, alleine nur auf dem FC Bayern bezogen, dafür gibt es einfach zu viele Generationen mit zu vielen guten Fußballern und es ist super schwer, einen Fußballer aus der Generation Müller, Beckenbauer, mit einem Fußballer aus der Generation Robben, mit einem Fußballer aus der Generation von heute, ich möchte jetzt nicht einen Kimmich nennen, aber aus dieser Generation halt zu vergleichen. Ja, also ich könnte noch nicht mal eine Top 10 machen oder so, oder die beste Bayern-Mannschaft würde man nicht hinkriegen mit nur 11 Spielern. Also das ist super schwer. Also wir haben so viele gute, geile Spieler oder auch Typen gehabt. Nee, ist unmöglich. Ist wirklich unmöglich. Wenn, dann müsste man echt irgendwie die besten Mannschaften aus den Jahrzehnten oder sowas machen, aber jetzt auch sozusagen der eine Spieler, den man gesehen hat, oder nee, super schwer. Weiß ich nicht. Es gab halt Spieler, die ihre Zeit geprägt haben, wie ein Beckenbauer, wie ein Pelé oder auch wie ein Messi. Ja, wen willst du da nehmen? Ja? Also ist halt super schwer, dann auch diese Spieler miteinander vergleichen, weil der Fußball ein ganz anderer war, wie er heute zum Beispiel ist. Stell dir mal vor, du hättest früher so Spieler gehabt wie heute, die so athletisch wären, wie heute so ein Fonsi oder so, die knapp 35 km/h laufen. Also stell dir mal vor, so einen hättest du in den 50er, 60er Jahren gehabt. Also kannst halt nicht vergleichen. Super schwer, ne? Aber klar, hier, ich habe das Shirt an vom Kaiser, also wenn mich auf irgendwas festnageln wollt, Franz Beckenbauer kannst du immer nennen, denke ich. Tuchel ist jetzt schon der Trainerflop des Jahres. Auf die Bundesliga gesehen können wir da mitgehen, ja. Simon fragt, ob du Fan-Treffen machst. Leute, der ist geil, ey. Simon, der ist gut. Fan-Treffen. Wild. Ich habe 4000 Abonnenten, ey. Fan-Treffen. Wild. Keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Leute, ich habe erst seit wann war das? War das letzte Saison? Nee, diese Saison erst? Ja, letzte Saison schon so einen kleinen Hype gehabt. So, ich habe sonst für 100 Leute hier das Zeug gemacht. Ja? Also, keine Ahnung, welche Richtung das geht. Keine Ahnung, ob wir sowas mal machen werden, aber wild, kann ich gerade nichts so sagen. Könntest du dir vorstellen, bei FCB Insight zu arbeiten? Kommt auf die Umstände drauf an. Klar, ich kann mir immer vorstellen, irgendwo zu arbeiten, was ein FC Bayern anbelangt. Logisch. Warum nicht? Dann würden die da vielleicht auch mal nicht nur immer irgendwelche Phrasen raushauen. Irgendwelche Headlines von anderen Zeitungen und irgendwelche Gerüchte und naja. Leverkusen spielt gerade eine Freak-Assetted Season laut Statistik. Die 3 beste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. Bayern muss nur mal ein bisschen neu strukturieren. Gleiche Bild wie immer. Keiner redet mehr davon. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Ja? Darum geht's ja gar nicht. Dass Leverkusen gerade eine außergewöhnliche Saison spielt. Das ist gut für uns. Das ist sogar richtig gut für uns. Ja, weil sonst würden wir nicht diese Themen besprechen, die wir besprechen. Wir würden wieder die ganze Scheiße einfach hinnehmen, weil wir ja doch wieder Meister werden würden mit diesen unterirdischen Leistungen wie letztes Jahr. Ja? Und genau deswegen ist das gerade so geil. Auch, dass wir so deklassiert werden, auch, dass wir 8 Punkte Rückstand haben und es noch mehr werden bis zum Ende der Saison. Genau, das muss richtig wehtun. Das muss richtig wehtun und richtig reizen, damit sich endlich was ändert bei uns. Ja? Das ist perfekt für uns. Überlegt euch, nimm mal Leverkusen raus. Ja? Nimm mal Leverkusen raus aus der Tabelle. Das wäre ja eine Farce, mit diesen Leistungen, die wir bisher geliefert haben, diese Saison, diesen Tabellenstand inne zu haben. Zum Glück ist Leverkusen da dieses Jahr. Ich sag's euch, wie es ist. Hab heute extra das Entlassungsvideo heute nochmal angeschaut. Von Nagelsmann oder was? Bild. Ich fand den Tuchel auch cool. Und ich war gehypt auf den Tuchel. Da mach ich kein Hehl raus, ne?
Also ihr fandet Tuchel doch so cool. Er hat ja so viele Titel geholt, aber dass er nie länger als 2 Jahre bei einem Verein war, wir haben euch gewarnt. Nun werdet ihr glücklich mit ihm. Ja, na klar war das klar, dass ein Tuchel auch sehr wahrscheinlich nicht länger bei unserem Verein sein wird. Ja, mache ich aber kein Hehl raus, dass ich gehypt war auf den Tuchel. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, das wird mir auch nicht nochmal passieren. Ja. Ich muss einfach das anwenden, wie ich es bei Spielern auch tue, dass ich die erst beurteile, wenn sie bei uns sind. Ich habe halt andere Erwartungen an Tuchel gehabt, als wie er sie bei uns umgesetzt hat. Was mein eigener Fehler war. Ja. Aber habe ich auch kein Problem, das einzugestehen. So, da sind wir bei der Glücksspielgeschichte. Danke, okay. Also habe ich die Sache schon beantwortet für dich. Ja. Nein, seine Frage oder es ging darum, dass manche Spieler ja sogar zur Nationalmannschaft mit der Playstation im Koffer reisen. Ja, gut. Ich glaube, das ist auch so eine Zeitgeschichte, oder? Nehmen so eine Generation, keine Ahnung, 90er Lothar, Brehme und so weiter. Die haben sich rausgeschlichen, waren in eine Disse, haben sich einen in die Birne geschraubt, sind mit 2 Atü nächste Spiel rein und haben performt. So in der heutigen Zeit bist du so abgekapselt, du kannst es auch gar nicht mehr erlauben durch Social Media. Du wirst ja sofort überall gesehen und geknipst und gemacht und getan. Wenn du 20, 21, 22, unter 30 bist, was machst du denn? Dein Leben dreht sich nur um Fußball, du hast keine Möglichkeiten, dich irgendwie frei zu bewegen. Welche Alternativen hast du denn? Ja. Entweder sitzt du auf dem Zimmer, klopfst Doppelkopf oder Schafkopf oder sonst irgendwas, oder du bist halt ein Zocker und hängst an der Playsee. So. Ja. Muss man halt schon verstehen, welche Möglichkeiten haben die Jungs. So, weißt du, irgendwas zu machen. Ist halt schwierig. Ja. Und so ist halt die Generation heutzutage. So. Die Generation ist, ja, zocken am Handy, zocken da, zocken hier. Ob das ein Problem ist, weiß ich nicht. Ist halt einfach so ein gesellschaftliches Ding, ne? Was vom Fußballer keinen Halt macht. Nochmal, was sollen die Jungs machen? Die können sich nicht mehr frei bewegen. Die können sich auch nicht rausschleichen aus irgendeinem Quartier und sich irgendwo frei bewegen. Geht heutzutage leider nicht mehr. Kollege Louis ist viel zu laut. Ja, genau deswegen. Weil der Louis immer laut war. Wird, denke ich, aber auch nicht besser mit den Verletzungen nächstes Jahr, wenn die EM vor der Tür steht. Da ist nichts mit Erholung. Ja, aber gut, wenn wir unsere deutschen Nationalspieler verkaufen. Die Frage ist ja, wie lange die dabei sind. Also. Warst du in deine Frau auch mal schockverliebt? Ich bin immer noch schockverliebt. No. Oh. Dein Glück, dass du so geantwortet hast. Diese Spieler, Kimmich, Goretzka, Gnabry, damals Süle, Sané, haben die Arroganz, gegen Trainer zu spielen und gegen den Verein. Ein Olli lacht, wenn es bei der Frage ist, ob Spieler sich bei ihm ausweinen. Ja, Nagelsmann kommt vor dem Lachen schon lange nicht mehr in den Schlaf. Aber er kriegt es ja bei der Nationalmannschaft gerade auch nicht hin. Also von daher ist ihm, glaube ich, das Lachen auch ein bisschen im Halse stecken geblieben. Trainerfrage habe ich jetzt schon mehrfach beantwortet, wie ich das sehe. Kennst du den Hammer-Tatort? Nee. Zidane würde uns gut tun. Ja, wie gesagt, ich werde mich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen und einen Trainer, den ich nicht wirklich gut beurteilen kann, irgendwie vorher beurteilen. Das mache ich dann, wenn irgendein Trainer bei uns ist. Was hörst du so für Mucke? Querbeet. Ja, viel Rock, viel Hardbass, so eine Geschichten. Aber mittlerweile querbeet eigentlich. Außer Schlager. Schlager ist nicht wirklich meins. Aber deutsche Mucke auch natürlich. Also querbeet. Was hältst du davon, dass ein Müller, Lahm und Schweinsteiger zusammen einige höhere Positionen bekommen, wie früher Hoeneß mit Beckenbauer und Rummenigge für das Samir? Halte ich gar nichts von. Wenn, dann nur, wenn die jeweiligen Qualifikationen haben.
Also ich denke, wir haben das jetzt bei Brazzo und Olli gesehen. Also, dass es nicht automatisch heißt, nur weil diese Spieler verdient sind und den FC Bayern im Herzen tragen, dass sie auch dann so performen, wie es ein Rummenigge, Hoeneß tun konnten. Ja? Also das ist schwer. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, komm, wir nehmen den und stellen den jetzt dahin und das passt schon. Wie wir gesehen haben, ist das nicht der Fall. Also von daher schwer zu beurteilen. Ne? Klar wäre es schön, wenn wir wieder irgendwie so einen hätten, aber ich denke, man sollte in der heutigen Zeit vielleicht gucken, dass die irgendwo Erfahrung haben. Ich glaube, das wäre schon eine wichtige Sache. Zumindest wenn wir über die ganz wichtigen Positionen wie jetzt den Sportdirektor, Sportvorstand oder CEO reden. Ne? Denke ich schon, da sollte man... Wir haben es gesehen, was mit Olli und Brazzo gelaufen ist. Also. Bist du der Meinung, dass man sich im Sommer von Spielern wie Kimmich, Goretzka und Gnabry trennen sollte? Ja. Kurz und knapp, mehr kann ich nicht sagen. Einige reisen ja mit PlayStation im Aktenkoffer zur Nationalelf. Ja, nochmal. Ne? Schwierig halt. Ist so eine Generationsgeschichte, glaube ich einfach. Nübel wäre, ach Nübel, ja. Nein, ich sage heute nichts zum Nübel. Denkst du, Zidane könnte zu uns passen? Jein. Ja, na klar könnte er passen. Ich habe aber auch Tuchel gesagt, er könnte passen und ja. War der Umgang mit Kahn deiner Meinung nach gerechtfertigt? Wenn man das glauben kann, was kommuniziert wurde, dann auf jeden Fall. Ansonsten, also Olli ist für mich aus meiner Jugend ein Idol. Ja. Fand ich halt schon wild. Aber wenn da, wie gesagt, man kann es schlecht beurteilen von außen, ne? Vielleicht hat Hoeneß einfach, weiß ich nicht, so, ne? Man weiß es nicht. Ich kann es schwer beurteilen. Aber wenn man hört, dass er eigentlich relativ wenig selber gemacht hat und andere Vorstellungen hatte und dann seinen komischen Dude da mitgebracht hat, der ihn da, womit sie zusammen eine Firma hatten und bla und Sylt, das hörte sich schon alles sehr wild an, ne? Aber was da wirklich dran ist, können wir schlecht beurteilen. Ne? Soll ich meine Frau neu erziehen mit 58? Ja, Frauen zu erziehen geht ja eh nicht, Gerhard. Ist egal, ob die 58 sind oder 18. Also. Liegt es an der Verpflichtung von Eberl, dass Tuchel nicht entlassen wird? Ich glaube schon. Ich glaube, weil der Vorstand sich auch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat in den letzten Wochen. Nochmal, so Didis Aussage mit Tuchel das größte Missverständnis sei Cleansea und so und dann da so reinzugrätschen, wäre es jetzt super wild zu sagen, wir schmeißen jetzt den Tuchel raus. Wenn so ein Eberl kommt, dann kann man sagen, ach, der Eberl ist jetzt in der Verantwortung, der hat das entschieden. Ja. Nübel Nummer 1 sehe ich halt nicht. Aber ja. Ich glaube noch nicht mal, dass ein Tuchel Angst hat, sich mit den Spielern anzulegen. Das zeigt er ja zum Beispiel bei Müller. Ja, ich weiß nicht, was Tuchel seine Intention ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das sieht man ja aber auch beim De Ligt, den er einfach gnadenlos ignoriert. Also er scheint ja kein Problem damit zu haben, sich mit den Spielern anzulegen. Es geht halt nicht nach Leistung. Ich glaube, das ist so der Zwiespalt. Wenn es nach Leistung gehen würde und er sich mit den Spielern anlegen würde, glaube ich, würden wir alle in die Hände klatschen. Aber genau das Gegenteil ist ja leider der Fall. Könntest du während dem Champions League-Spiel gegen Lazio einen Stream machen? Das weiß ich nicht. Das ist so der letzte, wo noch was drin ist für uns, ne? Glaubst du, Guardiola wurmt es, dass er mit Bayern die Champions League nicht gewonnen hat und er kommt irgendwann zurück, um seine Mission zu vollenden? Nee, glaube ich leider nicht. Dass ihm das wurmt, ja, aber dass er zurückkommt, glaube ich leider nicht. Ja, wie gesagt, zu Müller-Schwein habe ich ja was gesagt. Klar wäre es schön, aber man muss halt wirklich sicherstellen, dass sie kompetent sind, sonst wird es halt schwierig, ne? Guckst du auch Analysen von anderen YouTubern? Nee. Nee, gar nicht. Null. Gar keine Zeit für.
Wenn ich mal irgendwas auf YouTube gucke, dann hat es irgendwas mit irgendeinem Game zu tun, was ich gerade zocke oder so. Oder Stay gucke ich viel, falls euch das irgendwas sagt. Also ein bisschen wie Action so, aber nee. Was den FC Bayern anbelangt, gucke ich gar nichts. YouTube. Ich habe ab und wann mal hier diese Stadion-Vlogs da vorgeschlagen mit 100.000 Aufrufen oder so. Aber nee, habe ich noch nie reingeklickt. Wir haben einmal hier im Stream so einen komischen Dude angeguckt gehabt. Hier, das war alles. Das war meine einzige Berührung, dass ich irgendwas anderes geguckt habe. Schwappt die Bayern-Krise auf die nächsten Länderspiele über? Ich denke, das musst du mal ganz klar trennen. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwas mit dem FC Bayern zu tun hat. Ja. Das haben wir ja gesehen. Also da war ja das zentrale Mittelfeld, war ja schon, da war ja gar kein Bayern-Spieler mehr drin. Also, glaube ich nicht. Nee. Sei denn Nagelsmann setzt voll auf die Bayern, aber das wäre ja dumm. Mit den aktuellen Leistungsvermögen wäre das ja dumm. Eigentlich kannst du, vielleicht Musiala, vielleicht ein Sané, aber wirklich in die Startelf kannst du die auch nicht packen aktuell. Also, auf welcher Berechtigung? Ja? Auf welcher Berechtigung willst du die aktuell aufstellen? In der Nationalmannschaft. Also, da haben die besten Spieler zu spielen, die beste Form haben und da zählt gerade kein Bayern-Spieler wirklich dazu. FC Bayern braucht dringend neue Spieler vom Abwehr bis Mittelfeld. Nee, sehe ich anders. In der Abwehr brauchen wir eigentlich keine neuen Spieler. Man müsste nur mal die Spieler vernünftig einsetzen, wo sie hingehören. Hältst du den Kommerz als Hauptsache, wieso der Fußball so an Glanz und Leidenschaft verloren hat? Wie würdest du dich als echter Fan verhalten? Das verstehe ich nicht, wie ich mich als echter Fan verhalten würde, worauf bezogen. Ja, der Kommerz ist mit Sicherheit eine Sache, beziehungsweise jetzt mal, wenn ich vom FC Bayern ausgehe. Ich habe da damals ein Video zugemacht, ist jetzt glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her, zu der Coman-Verlängerung. Ja, dass das die Leistung und der Verdienst einfach in keinerlei Verhältnis mehr steht. Welcher normale Mensch soll denn nachvollziehen, dass da ein Fußballer ist, der schon 10 Millionen im Jahr verdient, oder nehmen das Beispiel Alaba, und dann sich dahin stellt und darum schachert, dass er ja noch 4, 5, 6 Millionen, wir reden über Millionen, Leute. Wir verdienen ein paar Tausender im Monat, die verdienen Millionen und schachern jede Million aus den Scheißvereinen raus, wo sie spielen. Ja, und das kann man auch ganz klar mal zu so einem Neuer vorhalten und so einem Müller vorhalten, ja, die ja immer so gesehen werden, ach ja, Mr. FCB, bla und Sülze. Müller macht das genauso. Der zieht sich jetzt am Ende seiner Laufbahn nochmal die 22 Mille rein, dafür, dass er Ersatzspieler ist. Alter, was ist das für eine Frechheit den Verein gegenüber? Ja, und wie soll man das denn noch ernst nehmen als Fan? Ja, rechne mal den Prozentsatz aus, den ein Fan ausgibt, um ins Stadion zu gehen, um seine Stars mal live zu sehen, wo er ja auch noch ins Stadion geht, um die anzufeuern, damit die überhaupt Lust kriegen, Fußball zu spielen bei uns. Weil der Tuchel sich auch beschwert, dass keine Stimmung da ist, wegen dem Boykott Blasels. Und dann setzt das mal ins Verhältnis, was die da verdienen, und dann gehen die nach einer Niederlage in Saarbrücken, ohne überhaupt in die Kurve zu gehen, in die Kabine, Alter. So. Ja. Plädoyer abgeschlossen. Du fühlst dich nur noch verarscht. Ja. Guck dir die Nationalmannschaft an, da sind doch keine Spieler mehr. Ich gucke die Nationalmannschaft seit Jahren nicht mehr, wo du das Gefühl hast, jawohl, die sind stolz, für Deutschland zu spielen. Die sind in der Nationalmannschaft, um für ihr Land zu spielen, weil sie das stolz macht. Nee, die spielen da, um die letzte Prämie auszuverhandeln, was sie denn kriegen würden, wenn sie die Vorrunde überstehen. Das ist zum Kotzen, ja. Das ist ein Thema, da könnte ich richtig eskalieren. Traurig ist das nur noch traurig. Dann haben wir hier die Frage, sollte es eine Obergrenze an Gehältern geben in der Bundesliga? Ja, na klar sollte es das geben. Aktiviert, stellst du dich dann auf den Tisch, Nein. lächelndes Gesicht. Nein. Das hält der Tisch nicht aus, glaube ich. Da müsste ich bei der Mara sein, da könnt ihr mich auf den Tisch stellen, ja. Nee, wenn du nochmal stehen aktivierst, setze ich mich wieder hin einfach. Ja, Gehaltsobergrenze sollte es geben. Definitiv. Ja. Gerade im Fußball. Also, das nimmt ja Ausmaße an, die sprengen ja jeglichen Rahmen. Guckt euch einen Mbappé an. Also,
Wir reden von Financial Fairplay oder wie auch immer man das nennt. Manchester City, beste Beispiel, wo auch keinerlei Konsequenzen kommen. Ja, also, du kannst das alles nicht mehr ernst nehmen. Fußball ist leider nur noch ein reines Geschäft. Ja, das siehst du auch bei uns im Verein. Es geht viel zu viel nur noch ums Geld. Gerade jetzt, wo das ganze Mir-Samir-Gefühl weg ist. Es ist super. Also, wenn man da viel drüber nachdenkt, als richtiger Fan, ja, dann vergeht einem leider die Lust auf Fußball, sage ich euch ganz ehrlich. Man darf da nicht zu viel drüber nachdenken. Ich habe das damals gehabt während der Coman-Verlängerung. Wie gesagt, da gibt's ein altes Video auf meinem Kanal, wo ich wirklich kurz davor war zu sagen, Alter, ich mache jetzt einfach mal Pause. Ja, weil es mich nur noch angekotzt hat. Dieses Verhalten einfach auch von den Spielern, ne, das ist so wild, Alter. Das kannst du halt so als Normalsterblicher kannst du das nicht nachvollziehen. Ja? Der Spieler verdient in einem Jahr mehr als 10 Leute zusammen in ihrem ganzen Leben. In einem Jahr. Und der schachert dann immer noch, ja, dass er noch mehr kriegt. Also, ja, Angebot und Nachfrage, ich weiß. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass ein großer Teil der Gehälter durch Zuschauereinnahmen kommt. Natürlich durch Fanartikel. Ich bin auch so ein Idiot, der immer mal wieder was kauft. Eigentlich müsste man das die beste boykottieren. Ne? Angriff? Ist halt leider FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Wer hat muss sich die bald beste ändern, ne? Angriff? Muss ich bald FC ändern. Bayern! Nächstes Jahr können wir den nicht mehr bringen. Und deswegen sind wir Meister! Was sage ich zu den Protesten, sage ich völlig gerechtfertigt. Ja. Nochmal, da sind wir wieder bei dem Thema, den Hals nicht voll kriegen. Wo ist jetzt der Sinn zu sagen, gerade aus der Sicht der DFL, die DFL stellt sich dahin und sagt, ja, wir müssen jetzt ganz schnell 1 Milliarde einnehmen, weil wir den Anschluss in Europa verlieren. Diese 1 Milliarde, dafür verzichten wir übrigens auf 10% der Fernseheinnahmen aus den nächsten 20 Jahren. Diese Milliarde teilen wir dann nach Schlüssel X in der Bundesliga auf. Keine Ahnung, ich sag mal, der FC Bayern kriegt 100 Millionen, Dortmund 80 und irgendwie der Letzte in der zweiten Liga kriegt 5 Millionen oder so ein Scheiß. Was soll das ändern? Was soll das verändern? Das einmalige Pumpen von Geld dann in diese Vereine. Erstens wüssten jeder Verein, wo man dann Spieler verpflichten möchte, oder auch die Spieler, die verpflichtet werden, wissen, oh, der Verein, ja, wir haben aber ein bisschen Finanzspritze gekriegt, da können wir auch ein bisschen mehr rausholen. Von den Beratern mal ganz abgesehen, es ist für mich völlig sinnfrei. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also Bayer Leverkusen zeigt es doch gerade, was geht. Eintracht Frankfurt hat es gezeigt, was geht international. Selbst ein SC Freiburg hat gezeigt, was es geht international. Ja, in der Champions League haben wir immer wieder die Standardvereine. Sorry, muss man leider auch die Dortmunder nennen, die Leipziger, die immer frühzeitig ausscheiden. Aber das hat ja nicht den Grund, dass denen 100 Millionen fehlen. Also, nein. Dass das dann scheiße ist, wie es in Bochum war, ja, dass da die Tennisbälle fliegen und man eine Viertelstunde rumsteht. Ganz ehrlich, da muss doch aber mittlerweile jeder Verein drauf eingestellt sein. Es kann doch nicht so schwer sein, ich weiß, ja, jetzt fliegen gleich Tennisbälle. Da mache ich da eine Chose raus, die eine Viertelstunde dauert, um da ein paar Tennisbälle wegzuräumen. Also, was ist denn los? Ja. Und dass man da ja, ich weiß, es gibt viele, die dafür sind, ja, dass es diese Finanzspritze gibt. Wenn hier jemand da ist, schreibt mir gerne mal die Argumente rein. Ich sehe sie nicht, ich fühle sie nicht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Das ist eine einmalige Geschichte und du verzichtest auf kontinuierliches Geld, was du jedes Jahr bekommen würdest. Ja, es kann sein, wenn der Trend so weitergeht, dass wir mit den Jahren weniger Geld bekommen. Ja, dass man dann am Ende sogar vielleicht ein bisschen Plus machen würde. Aber ist es das wert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich verstehe den Grund dafür gerade nicht. Ja. Also, I don't know. Würde man jetzt sagen, keine Ahnung,
von den ersten, zweiten Liga haben die Hälfte der Vereine super schlecht gewirtschaftet, stehen alle vom Kollaps. So. Ja, die brauchen das, um zu überleben. Dann könnte man ja noch argumentieren, aus Solidarität, Blasülz, kann man das machen, dann verzichten alle auf ein bisschen Geld über die nächsten 20 Jahre und man rettet diese Vereine dadurch. Aber das ist ja auch nicht da. Ja, also, ich verstehe es nicht. Ich sehe kein Argument dafür, leider. Aber, weiß ich nicht, vielleicht kann mir einer Argumente liefern. Was sagst du zu Kimmich? Ich bin Kimmich-Bashing-Kanal Nummer 1. Kommst du aus Bochum? Nein, aus Hamm. Finja kommt bald zurück als Trainer, ja. Und dann singt er die Pressekonferenzen, oder? Wer hat die beste Verteidigung? Wir leider nicht. FC Bayern! Aber unter Louis war das so. FC Bayern! Ja, Grüße nach Leverkusen. Sei euch gegönnt, ne? Für den Fußball, den ihr spielt, habt ihr es auch verdient. Ich glaube, wir kennen uns, bin mir nicht sicher. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also. Wir brauchen einen Trainer, der den jungen Talenten eine Chance gibt. Ja, du musst einen Trainer haben, der die Philosophie mitgeht vom Verein. Das ist ja, sollte klar sein. Die Saison ist gelaufen, leider ja. Es geht nur noch um die sichere Champions League-Qualifikation. Ja. Wir haben es ja vorhin einmal durchgespielt, ne? Also wenn wir Samstag irgendwie gewinnen, egal wie, dann sind es 13 Punkte, dann sollte alles gut sein. Ich denke, Bayern wird mit Tuchel auch in die nächste Saison gehen mit einem anderen Kader. Boah, das wäre fatal, ey. Ein dicker Kuss Das wäre von fatal. der Trainer von der Meister. Ich rocke für dich übrigens. Ich hätte auch mal eine Frage. Siehst du Manuel Neuer noch als den richtigen Kapitän an? Da muss ich erstmal mich ein bisschen entblößen, weil die Zeit weil ich darf nicht zu viel, sonst gibt's Ärger. So, wir müssen jetzt mal langsam von der Trauer, ne? Von dem Schwarzen mal ins Weiße kommen. Sehe ich Manuel noch als richtigen Kapitän? Nein, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Nein. Ja, dafür hat er viel zu wenig Einfluss auf dem Platz. In der Kabine weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber nach der Wer hat Aktion. die beste Angriff? Okay, ich muss den Louis leider am Ausstellen. FC Bayern! Nach der letzten Aktion als Kapitän, die er gebracht Und hat. deswegen sind wir Nein. Meister! Du kannst als Kapitän einer einer Mannschaft, auch wenn es nicht im Vertrag steht, nicht das Risiko eingehen und Skifahren gehen, Alter. Ja, ich verstehe das, dass ihn das nicht wirklich juckt, weil er alles erreicht hat in seiner Karriere. Ja, alles gut. Aber eben genau aus diesem Grund ist er nicht mehr der Kapitän. Ja, ganz einfache Kiste. Und mir fehlt auch das Feuer bei Manu, sag ich euch auch ganz ehrlich. Glaubst du, die EM wird unsere Wirtschaft wieder zum Laufen bringen? Nee. Was soll die EM dann mit der Wirtschaft zu tun haben? Hallo, schönen Abend. Ich persönlich denke, dass Brazzo ganz viel durch die getätigten Transfers kaputt gemacht hat und jetzt die Teamchemie absolut kaputt ist. Das Gehaltsgefüge ist auf jeden Fall durch Brazzo so entstanden. Ja, da gehe ich mit. Durch Brazzo und Olli, ja, fairerweise. Also wenn Kimmich da sitzt ohne Berater und um die 20 Millionen aushandelt, dann ist irgendwas verkehrt gelaufen. Da müssen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Wegen Olli hast du damals angefangen, auch in Karlsruhe bis in die Landesliga. Ja, ist doch cool. Olli hat mich mehr geprägt als mein Erzeuger. Ja, da gibt's Schlimmeres, glaube ich. Lahm hat schon einiges durch, beziehungsweise sich entwickelt. Ja, da stimme ich dir auch zu. Und da kam die Frage, wie lange du noch machst. Wie viel Uhr haben wir denn? 21:38 Uhr. Ja, bis 22 mache ich dann das Feierabend. Das Special Bond wäre doch bereit. Wieso geben wir ihm keine Chance? Ja, schlimmer wie unter Tuchel wird es wahrscheinlich nicht gehen, ne? Bei den X-Jodes sind wir ganz gut dabei, ja. Bei den XGs.
Aber schöner Fußball wird das unter Mourinho auch nicht werden. Ich bin gespannt, ob der Eberl das erfüllen kann, was auch ich gerade für Erwartungen habe. Nach der Causa Tuchel bin ich da vorsichtig. Naja, ich glaube, Brazzo und Olli hatten lang genug Zeit, um aus ihren Fehlern zu lernen, oder? Gerade Brazzo war lange da, also. Ja, ja, den hat die Mara erfunden, ne? Das trojanische Pferd. Ich habe den nur geklaut. Mourinho ist ein Selbstdarsteller. Ja gut, aber das war ja ein Nagelsmann in gewisser Weise und ist Tuchel gerade auch, oder? Genau, Mara, bist du auch Bayern-Fan? Ich habe die Frage beantwortet. Hast du schon? Was hast du denn gesagt? Gesagt nichts, ich habe es geschrieben. Okay, dann sehe ich das ja gleich. Wir hoffen, dass wir über den Top 4 durchgehen. Ja, den anderen Anspruch kannst du jetzt nicht mehr haben mit 8 Punkten. Wie viele Abonnenten hast du heute gemacht? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht wirklich. Ich bin keiner, der irgendwie sich da in irgendwelchen Statistiken hochzieht oder so. Keine Ahnung, wenn ich irgendwann 100.000 haben sollte, ja, dann kann ich mich daran hochziehen. Vorher ist das alles... Keine Ahnung, was soll ich mir... Dafür bin ich zu lange im Thema YouTube drin, jetzt nicht mit dem FC Bayern, aber also wer viel auf Statistiken gibt oder auch auf negative Kommentare oder auch auf positive Kommentare, die es ja natürlich auch immer gibt, der wird früher oder später Probleme kriegen mit sich selber. Ja. Da muss man einfach straight sein und alles ist gut. Ich vermisse James Rodriguez. Überragender Fußballer, leider bei uns konnte nie das zeigen, was er kann. Ja, ich habe mich super gefreut, wo der damals zu uns kam. Richtig, ja, aber leider, Alter, so ein grandioser Fußballer, aber bei uns leider, ja. Wurdest du in München? Nee, wurde ich nicht. Allianz Arena war ich letztes Mal beim Supercup. Leider. Obwohl, wir haben Harry Kane das erste Mal live gesehen. Das war schon ein überragendes Gefühl, was da los war. Also von daher konnte man dann die Niederlage teilweise verkraften. Vorhin war auch noch die Frage da, was dein schönstes Stadionerlebnis war. Boah. Habe ich auch schon mal beantwortet. In Bremen zweimal, grandios. Oh, Schönste ist so, ich tue mich immer schwer damit, ja. Ich habe damals zu ganz frühen Zeiten in Uerdingen, war super geil, super hässliches Stadion, aber ein super geiles Erlebnis so von den Fans und sowas. Ich habe mal in Mainz ein super geiles Erlebnis gehabt, aber auch auf die Fans bezogen, wen man so kennenlernt und sowas. Das ist super schwer, da will ich mich gar nicht festlegen. Ich habe mal in Dortmund für die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland strömenden Regen gestanden. War mega geil aufgrund der Schotten. Also da gibt's ganz, ganz viele Geschichten. Kann man, wie gesagt, tue ich mich genauso schwer wie zu sagen, so, keine Ahnung, das ist sowas Nonplusultra. Ich habe in der Trippelsaison Karten fürs Pokalfinale gehabt und musste es aufgrund Krankheit auf dem Sofa verfolgen. Das war meine schlimmste Stadionerfahrung. Weil ich dann meinen Schwager und meine Schwester hinschicken musste. Ja. Ich war auch schon bei 2 Pokalfinals, war auch super geil, gerade gegen Dortmund mit Ribéry und Robben. War auch mega gut. Ja, ganz, ganz viele Erfahrungen gehabt. Ja, aber selbst so die eine, nee, da würde ich keine hervorheben wollen. Selbst in der Kreisliga gibt es schon Prämien. Ja, mittlerweile ja. Das hat aber schon früher zu meiner Zeit angefangen. Wenn da so ein richtig außergewöhnlicher war, die haben dann auch schon ein paar 100 Euro gekriegt. So Bezirksliga, das war schon wild. Die Saudis haben die Preise kaputt gemacht. Ach, Schwachsinn. Wir sehen doch gerade, dass kein Spieler Bock hat, da zu spielen. Ja? Die spielen da so, wie wir in Deutschland in der 6. Liga spielen. Vor 1000 Fans. Ja? Also,
Geldgeier, ja. Jeder, der da ist als Spieler oder der jetzt noch dahin geht als Spieler, da weißt du, es geht nur um Kohle. Ja. Und ich weiß, ich würde das so ein Spieler, der am Ende seiner Karriere ist, ihm will ich das gar nicht vorwerfen. Geh dahin, kassier nochmal richtig ab, spiel da den Larifari-Fußball, roll deine Karriere in Ruhe aus, ist doch alles gut. Ja, muss ja jeder für sich wissen. So. Aber das ist keine Konkurrenz. Für jeden Spieler, der irgendwie in seiner Karriere was erreichen möchte, international, der geht nicht, auch wenn er da 10 Millionen im Jahr mehr kriegt nach Saudi-Arabien. Ja, na klar. Also eine Gehaltsobergrenze macht keinen Sinn, wenn du sagst, wir machen in Deutschland eine Gehaltsobergrenze in der Bundesliga. Das muss schon von der FIFA kommen, ne? Das sollte klar sein. Mal abgesehen von Tuchel, 90% der heutigen Spielergeneration taugen charakterlich nix. Dienst nach Vorschrift, Waschlappen-Mentalität und nur ihre scheiß Klamotten oder die neue Autolackierung zählt. Ja, aber so ist die Generation halt einfach, ne? So ist die Generation. Liegt aber auch daran, weil du heute auch gleich gehypt wirst. Ja? Guck mal, wie schnell geht das heute? Keine Ahnung, du machst 10 gute Spieler, du bist der nächste Superstar. Ja, das ist ja auch krank. Du musst ja heute nicht mehr wie früher mal 1, 2 Jahre oder 3 Jahre deine Leistung bestätigen, damit gesagt wird, du hast jetzt mal internationale Klasse erreicht oder sowas. Das gibt's ja heute nicht mehr. Heute reichen gute 10 Spiele. Wir haben es wieder bei Leroy gesehen. 10 gute Spiele, da war er gleich wieder der nächste Weltfußballer. Also krank, ja, einfach krank. Wir Fans bestimmen, wo es lang geht. Ja, im gewissen Maße versuchen sie es ja zumindest. Aber Naja, aber warum geht bei RB Leipzig nicht mehr? Du musst ja mal sehen, welche Abgänge und Zugänge sie hatten. Es geht ja nicht alles so fumm. Ja? Da muss sich auch erstmal die Teamchemie entwickeln, hin und her. Also, ist doch klar, dass das alles ein bisschen Zeit braucht. Eine Super League kommt. Fühle ich halt auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen 3 Spieler aus Leverkusen, 3 Spieler von Arsenal. Ja, allein die Spieler von Arsenal kannst du schon nicht bezahlen, also. Vor Hoeneß als Spieler war Bayern nicht viel, nach Hoeneß als Funktionär ist Bayern nicht viel. Aha, also sind wir gerade nicht viel, oder was? Das war ein wilder Take von dir. Dante wird Trainer. Ja, dann haben wir auf jeden Fall immer gute Laune. Würdest du Musiala für Wirtz tauschen? In der aktuellen Form ja, sonst nein. Wann trinkst du auch mal ein Münchner Bier? Wenn dann nur Augustiner, sollte klar sein. Ja, wenn es angemessen ist. Was ich beim FC Bayern aktuell richtig schlimm finde, ist, dass es keinen flüssigen, attraktiven Fußball mehr gespielt wird. Verlieren ist okay, aber scheiß Fußball ist nicht okay. Ja. Karl-Heinz, vielen lieben Dank. Wie würdest du dir ein versöhnliches Ende mit Tuchel ausmalen? Ich weiß nicht, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, vielleicht steht das schon fest, dass er zum Saisonende aufhört bei uns. Weil man sich getroffen hat und gemerkt hat, dass die Philosophie nicht zueinander passt, so von wegen Talente entwickeln und so, weiß ich nicht. Versöhnliches Ende, ich habe nichts gegen Tuchel, ja. Also aus meiner Sicht gibt es da nichts, wo man sich versöhnen muss. Kritisiere seine sportliche Leistung, die ist grottig und damit ist gut. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Trainer ist. Das heißt einfach, dass er bei uns nicht klarkommt oder keine Lust hat. Man weiß es ja nicht, woran es liegt. Ne? Neuer war noch nie ein Kapitän. Das weiß ich nicht. Also auf dem Platz wenig Einfluss, ist halt als Torwart schwierig, es sei denn, du bist ein Biest wie Oli Kahn. Was in der Kabine ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Aber ich bin auch eher die Fraktion, gibt die Binde auf dem Platz an eine Position, die mehr Einfluss hat aufs Spiel. Gerard, du weißt, dass 3 Tops immer scheiße sind, ne?
Entweder 2 oder 4. 3 Top ist immer Guardiola-Style, für ist nicht so gut. Was hältst du von der Einführung der blauen Karte? Weiß ich auch nicht. Finde ich ganz interessant eigentlich. Was war das? 10 Minuten, glaube ich, in Unterzahl dann, ne? Wer würde darauf ankommen, wie inflationär die genutzt wird? Weißt du? Finde ich aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Warum nicht? Die Frage ist halt wirklich, für welche Aktion das dann kommen würde. Aber wenn ich mir so manche Fouls angucke, wo es dann eine gelbe Karte gibt, wo der Spieler am besten noch verletzt vom Platz geht und so und es keinerlei Auswirkungen hat, fände ich dann so eine Geschichte mit, komm, ihr spielt dafür jetzt mal 10 Minuten in Unterzahl, nicht so einen schlechten Take. Wie gesagt, 22 Uhr ist Feierabend, also noch 8 Minuten. Kane ist für mich kein Leader. Kane war jahrelanger Kapitän in Tottenham und in der englischen Nationalmannschaft, also das ist ein wilder Take von dir. Warum nicht Hermann Gerland bis Sommer zum Cheftrainer machen? Ich glaube, weil der Hermann, das Tischtuch ist auch ein bisschen zerschnitten worden, glaube ich. Ja, der Neuer ist in Tuchel natürlich unendlich dankbar, was man ja auch verstehen kann. Und ist ja auch nicht so, dass der Neuer jetzt super schlechte Leistungen gebracht hat. Aber man merkt ihn natürlich ein bisschen an. Aber es war ja auch klar, so eine lange Verletzung, ja. Und er wird auch nicht mehr, man sieht's ja, er sagt's ja auch selber, Knieschmerzen, bla, Sülz. Was ich halt interessant fand, was mir gerade einfällt, bevor wir den Stream gleich beenden, die Aussage zum Sané, ja. Der Leroy spielt seit Wochen mit Knieschmerzen. Also wenn dem wirklich so ist, A, erklärt das natürlich ein bisschen die Leistung. B, nochmal ein absolutes Armutszeugnis für Thomas Tuchel. Lächerlich. Ja, wenn er wochenlang mit Knieschmerzen spielt, dann hat er nicht zu spielen. Punkt. Ja, dann hat er gesund zu werden. Also ganz wilder Take. Habe ich jetzt mir nur eingefallen, weil ich das in den Knie gelesen habe. So, der Kevin schreibt, bevor du offline gehst, muss die Bits noch vorlesen. Wild. Siehst du, ich habe die Sound ausgemacht, weil so viele hier die Punkte rausholen. Das ist ganz schön wild hier. Das habe ich beantwortet. Dresden hat zu Recht die fehlende Internationalisierung der Bulli-Clubs kritisiert. Aha. Es braucht aber eine Lösung. Früher oder später wird man mit allen Mitteln versuchen, 50+1 zu kippen. Mit der Ausgliederung konnte man sich ein 350 Millionen teures Stadion bauen. Solange Unternehmen keine bis wenig Entscheidungsmacht haben, finde ich es in Ordnung. Ja, aber wir haben ja keine 50+1 Ausgliederung. Wir haben Anteile am Club verkauft, ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass 50+1 in der Bundesliga gekippt wird. Wenn das passiert, dann glaube ich, fliegen nicht nur Tennisbälle. Ich sag's mal so. Also ich habe gerade noch gelesen, dass das DFL-Präsidium neu abstimmen lassen will wegen den Investoren. Ja, da müssen sie es auch endlich mal öffentlich abstimmen lassen, ne? Und dann knallt es nämlich erst richtig. Wegen der fehlenden Internationalisierung, ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Das sage ich euch auch ehrlich. Müssen wir jetzt als FC Bayern uns da hinstellen und sagen, ach ja, was weiß ich, der SC Freiburg fährt nicht nach Korea oder nicht in die USA oder wen interessiert? Wen interessiert? Meint ihr, dann ist das Interesse in der Bundesliga da, wenn 11 Jahre hintereinander der FC Bayern Meister wird? Das ist doch das Problem. Es ist doch nicht das Problem, dass nicht die Vereine in andere Länder fahren. Also wir gehen das ist, ich könnte nicht eskalieren, ne? Das ist immer höher, weiter. Ja, man muss doch irgendwann mal zufrieden sein und vielleicht sollte man da mal aufhören, Durchschnittsspielern 20 Millionen Jahresgehalt in den Arsch zu schieben. Da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Ja, ganz einfache Kiste. Boah, ich hasse diese Argumente, Alter. Da siehst du halt, dass das einfach dass er mit Fußball nichts am Hut hat. Dass er gar nicht versteht, um was es im Fußball geht, Alter. Das ist dann so eine Banker-Aussage, ja. Lächerlich. Sorry, absolut lächerlich. Was hat's denn gebracht, dass wir
10 Jahre nach Katar gefahren sind. Was haben wir denn da erreicht? Haben wir da die Bundesliga interessanter gemacht? Warum sind wir denn da hingefahren? Wir sind da hingefahren, weil Qatar Airways auf den scheiß Ärmel stand und wir dafür Kohle gekriegt haben. Also diese Heuchelei ist zum Kotzen. Sag ich euch, wie es ist. Könnte ich... Ach, hör mir auf. Lächerlich, würde ich auch sagen. Wie hoch schätze die Wahrscheinlichkeit ein, dass Bayern die Champions League gewinnt? Dies Jahr 0,5%. Sei denn, der Trainer ändert sich bis dahin. Dann müssen wir das neu bewerten. Es braucht keinen Top-Trainer, es reicht doch, alle Positionen mit den jeweils Besten im Kader zu besetzen und dann sagt ihnen, habt Spaß, Jungs. Wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Können wir die Meisterschaft noch? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Das habe ich aber schon nach dem Leverkusen-Spiel gesagt. Rames hatte eine gute WM, danach war es dann auch überall. Ja, ist trotzdem ein klasse Fußballer. Ich habe richtig Spaß gehabt, ihn anzuschauen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass nicht Tuchel das Problem ist, sondern die Zusammenstellung der Mannschaft, keine Führung und der Erfolgssatt. Es muss an der Mannschaft gearbeitet werden, nicht am Trainer. Ja, doch. Es muss an beiden gearbeitet werden. Ja, mit Perisic hat man auch einen Fehler gemacht. Sehe ich genauso. Hat uns halt einfach als Typ auch gut getan. Ne? Ich war im Finale da oben, nicht im Stadion, nein. Diese Mannschaft stellt sich aktuell allein auf, entweder wegen der Verletzung oder wegen der Leistung. Ja, wenn dem so wäre, dann würden ja die richtigen Spieler spielen, tun sie ja nicht. Also ist das ja falsch. Ich glaube nicht, dass sich ein Choupo-Moting aufgrund irgendeiner Leistung aufgestellt hat. Das wäre sonst eine Farce. Um nur einen Spieler zu nennen. Wir können auch ein paar mehr nennen. Minjay zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum Uli so ruhig bleibt. Die Champions League und ein Haufen. Ja. Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung, was da... Wie gesagt, vielleicht hat man sich schon geeinigt zum Saisonende, dass es zu Ende ist. Ich weiß es nicht. Kann es nicht sagen. Die Wede brauchen immer schneller Futter. Zu meiner Zeit als junger Kerl gab es noch einmal die Woche den Kicker und gut ist. Ja. Und später die Sportbild. So sieht's aus. Wie wichtig ist ein Trainer mit solchen Topstars überhaupt? Wie du siehst, sehr wichtig, weil du musst ja diese Topstars moderieren. Und bei Laune halten. Kannst du dir vorstellen, mal öfter in der Woche zu streamen? Ja, ich bin da aktuell am Überlegen, ob man das auf 2-mal macht. Sätze von deinem Heimatverein LR Aalen. Das ist nicht mein Heimatverein. Ich bin geborener Hammer. Ja, entweder nennst du die Hammer Spielvereinigung oder ja, eigentlich die Hammer Spielvereinigung. Auch wenn Westfalia Rheinland ja gerade so ein bisschen auf Augenhöhe ist. LR Aalen, Katastrophe, was hier gelaufen ist, ne? Mit der LR-Geschichte damals. Aber ja, ich saß an der Eckfahne, wo der FC Bayern hier war. Ich weiß gar nicht, was, nur ein Freundschaftsspiel oder ein Pokalspiel? Ich bin mir gar nicht sicher. War ein super Erlebnis, weil man wirklich an der Eckfahne stand. Das war schon ziemlich gut. Aber ansonsten, was da so gelaufen ist, war natürlich auch eine Farce mit Investor hin und her und ach. Simon, hau rein. Super Trainer passt nicht zum FC Bayern. Ja. Ich beurteile das nicht, ob er ein super Trainer ist. Ich kann beurteilen, dass er nicht zum FC Bayern passt. Wer soll Kapitän sein? Ja, man hat ja einen De Ligt leider untergraben. Ja, und De Ligt wäre der perfekte Mensch gewesen, obwohl man damit einen Kimmich auf die Füße getreten hätte. Aber gut, da hätte dann Josua durchgemusst. Ich glaube, das wäre schon eine Sache gewesen. Fahr-Challenge finde ich auch okay, ja, so wie der Fahr aktuell ist, ist es leider auch in den Graus. What's up? Tschüssi. Berti, danke. Guck mal, ihr seid aber auch artig, ne? Ab 22 Uhr lasst ihr schön auslaufen, sehr schön, sehr vorbildlich. Dann bin ich nämlich gleich unten angekommen und dann ist auch Feierabend.
U17-Spieler bekommen auch schon mal 20.000 im Monat. Ja gut, das hat er ja heutzutage, hör mir auf. Kannst ja mal beim Paul Wander fragen, was der verdient. Ich sag, wir gewinnen die Champions League zu 90%. Uiuiui. Anton, diskutieren wir dann nach dem Lazio-Spiel nochmal, ne? Okay. Na klar, also es steht außer Frage stehen, dass Leverkusen Meister wird. Hat der Stream Verzögerung? Ja, die Verzögerung ist, bis ich unten angekommen bin im Chat. Tuchel-Fans, Hand hoch. Ach ja. Auch wenn es blöd klingt, es gibt noch 36 Punkte zu vergeben. Ja, das spielt keine Rolle. Das heißt ja, wir müssten alle Spiele gewinnen. Das wird ja schon am Samstag sehr wild werden. Kuro, danke. Wenn man gegen Leipzig nicht gewinnt, ist Tuchel mit dem Abpfiff kein Trainer beim FCB. Ja, das habe ich schon gegen Bochum gedacht, aber nee, ich glaube das nicht, aber wir werden sehen, ne? Welche Spieler will ich nicht verlängern? Ja, die ominösen 4. Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sané, brauchst du nicht verlängern. Wie fandest du früher den Kicker als Zeitschrift? Super. Folgst du unsere U23? Ja, so semi leider. Ich habe mal geguckt, leider sieht man auch, zwischendurch wurde ja mal so ein Spiel übertragen auf Bayern TV, aber ist auch nicht mehr so wirklich, ne? Oder ich bin zu doof, das zu finden, also. Marci, danke. Es gibt tatsächlich einen Verein, der in der ersten Bundesliga gespielt hat und gegen die Bayern, ja, wenn das so eine Eintagsfliege ist, dann kommt da kein Mensch drauf, ne? Und jetzt wird irgendwie so kommst du ein Jahr in der Bundesliga war und gegen uns 2 Spiele irgendwie unentschieden gespielt hat. Nee, kann ich dir dann auch nicht sagen. Gerard, tschüss, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr alle da wart. Für mich ist jetzt Feierabend. Ich bedanke mich. Die Zeit ist verflogen wie im Hurricane. Ne? Wortspiel. Ja, wie immer, tut mir leid, was heißt wie immer? War ja erst beim letzten Stream so, sonst konnte ich ja immer noch mithalten mit den ganzen Nachrichten hier, dass es einfach zu viel ist. Ne? Deswegen ist die Mara so ein bisschen da, die da so die paar außergewöhnliche Dinge rauspickt. Ich gucke natürlich auch, dass ich einiges mitkriege, aber wenn ich halt selber gerade irgendwie was erzähle, schwafel, meine Meinung sage und hier dann in der Zeit 100 Nachrichten durchflattern, komme ich halt einfach nicht hinterher, Leute. Von daher, sorry, falls ihr euch da irgendwie überlesen fühlt oder dass es halt wir durcheinander ist. Das wird sich aber leider nie ändern. Ja, das ist mein Style. Der wird auch so bleiben, dass es wir durcheinander ist. Wenn ich gerade ein Thema lese und ich da sowas zu sagen habe, dann werde ich das tun. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, es geht ja auf YouTube weiter. Ne? Ich muss noch eure Kommentare beantworten und dann geht es ja schon wieder Richtung nächstes Spiel. Und mal gucken, vielleicht kommt diese Woche auch nochmal ein Stream. Ne? Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, schönen Ciao, Abend. ciao. Und Daumen da lassen. Ah ja, ein Daumen da. Und ein Abo, wer hier kein Abo hat. Ne? Abonniert den Frech. Kanal. Fertig. Ciao.